zusammen und herzlich willkommen zu der neuen Episouflage von Metal Servola. Und für alle, die sich jetzt fragen, wieso ich das so komisch gesagt habe, wir haben das Intro vorher schon mal aufgenommen und ich habe es böse verkackt und darum habe ich mir jetzt einfach gedacht, ich mache das nochmal. Wir haben leider technische Issues gehabt, aber jetzt soll es eigentlich gut sein. Und es ist nicht nur irgendeine Folge, sondern, sag mal Bella. Es ist die 10. Folge. Und was ist speziell an der 10. Folge? Es kommen, nach dieser 10. Folge, kommen die 2 Pilot-Episoden raus. Wir lassen sie nicht heute schon raus, weil wir würden gerne noch etwa 3-4 Tage existieren, bevor wir cancelled werden. Oh. Und wir haben heute unseren Aussenreporter da. Er hat zwar bis jetzt noch nie aussenreportiert, doch, er hat unseren Aussenkorrespondent, nicht unseren Aussenreporter. Er hat am Dienstag sogar aussenkorrespondiert für uns, weil keiner von uns an die Show von iPrivela gehen konnte, wo ja die ganze Schweizer Metal-Szene da war. Ja, ich habe mich geopfert dafür. Ja. Da kommen wir später noch dazu. Das ist unser Ehrenmensch, der Mike. Ciao zusammen! Das ist jetzt der Mike, den wir meistens davor reden. Ja. Es hat so viele Mikes im Fall. Es gibt schon hure viele Mikes, das ist so, ja. Es ist 1, 2, 3. Ja. Aber nur ein Mike ist unser Metal Servola Korrespondent und der ehemalige Sänger von der ehemaligen Band Sacrifice with the Scythe. Jetzt kann man fragen, wie spricht man das korrekt aus? Ich glaube, Scythe im Fall. Gell? Eben, Scythe ist richtig. Aber genau. ich bin selber ein Fan von dem Namen gewesen. Ich bin ja in die Band gekommen, der hat der Name halt schon existiert und dann habe ich so, ja, ist halt so gewesen. Und jetzt Bassist bei Anthem for a Dying Day. Nochmal eine Band mit einem scheiß langen Namen. Ja, auch dort habe ich keinen Einfluss auf den Namen. Lass mich raten, ich mache Metalcore. Nein, vorher nicht. Was? Nein. Mit dem Namen? Ja. Und das sind 2 Bands, wo ich immer einfach die Abkürzung sage. Das ist Affat und das ist Swas. Ja, aber ich im Fall auch. Ja, eben. Swas. Swas, ja, so immer Swas. Also wir sind mal in Deutschland fast gecancelt worden wegen dem Namen, wegen Swas. Das ist die Abkürzung für Swastika und Swastika ist ja das Ding, ist ja das Hitlerkreuz. Alter, ich schwör's dir, linksautonome Jugendzentren sind so doof. Also wirklich, die interpretieren Sachen in Sachen rein, die du einfach nicht interpretieren. Das ist so, ja, das kann man schon denken, aber halt einfach nur, wenn du das wirklich aufbaust. Also du musst es wirklich wählen, so hören. Ich habe bis dazu mal das Wort Swastika gar nicht gekannt. Nein, es kommt ja aus dem Hindu, oder? Ursprünglich. Ja, schon, aber ich habe das Wort gleich nicht gekannt. So. Okay. Stell dir vor, du bist so eine friedliebende Religion und da kommt einfach so ein Österreicher. Leute, die es einfach tätowiert haben, bevor er ihr Macht ist. So am Hals. Da kommt einfach so ein Österreicher, nimmt das Ding so, ja, wir machen es jetzt ein bisschen schräg und dann ist das gut. Oh shit. Oh, fucking hell. Hey, yo, ich habe das Gefühl, wir müssen mal heute, ich nehme an, wir müssen ein bisschen schneller durch den Recap durch, weil er ist lang und wir haben wahrscheinlich noch viel zu reden. Wir haben viel zu reden und es ist viel passiert halt. Also, das muss man schon sagen, es ist verdammt viel Neues rausgekommen. Ricky, dein Recap? Mein Recap ist, ich habe nichts gemacht, außer Magic the Gathering spielen in den letzten 2 Wochen. Ich habe nur ein Commander-Deck gekauft und das Problem ist, mein Bruder ist der schlimmste Gamer und er hat jetzt mit dem angefangen und schon jetzt so viele Karten am Kaufen und ich bin wieder drin und schlimmer als Drogen, Jungs. Schlimmer als Drogen. Ja. Bei dir? Bei mir? Mhm. Was habe ich ja, ich habe gearbeitet. Weißt du, ich habe nicht nur gegamed. Nein, ich habe gearbeitet, ich bin biken und ich bin ja noch in einer Weiterbildung in der letzten Zeug. Und ja, ich war Konzert gewesen. 80s Party von Mesuf. Ah, ist gut gewesen. Ja, ist sick gewesen. Hey, du hast ja schon mal quasi korrespondiert mit mir. Ja, aber das ist jetzt immer so voll gewesen, das haben wir nicht Nein, nicht dort. Am Montag, am Dienstag vor 2 Wochen. Wir haben, der Ricky und ich haben am Montag Podcast aufgenommen und am Dienstag war die Show gewesen, wo ich einfach auf Instagram das Gefühl hatte, ist eigentlich irgendjemand außer der Ricky nicht dort. Ah ja, stimmt. Oh, welches Konzert? Bring Me The Horizon. Im quasi ausverkauften St. Jakobs Halle. Ah, ja, in Basel. Ja. Das ist etwa, was ist das? 9'500 Leute sind? Nein. Das haben, glaube ich, 7'500 oder nein, so. Aber wenn es voll wäre, wäre es 12. 17. Wenn es voll wäre, wäre es 17. Nein, mit Sie haben den Sitzplatz. Sitzplatz so halb Ja, abgelassen. mit Sitzplatz sind es 12'000. Eben darum, es sind eben 9 gewesen, weil die Sitzplätze so halb ausgeschlossen haben. Ja. Aber gleich, jetzt sind alle gewesen. Literally alle. Ja. Wirklich? Ja. Alle auf meinem Instagram-Konto sind da gewesen. Das stimmt, ja. Alle Bands sind da gewesen. Und Leute aus Basel. Und die aus Basel. Ja, ich bin wieder in Basel gewesen. Jetzt kann ich gerade auspacken. Aber ja, es gibt, in dem Raum gibt es vieles, wo uns alle connected. Ihr seid auch in einem Team.
Habe ich gehört. Ja, wir sind in einem Team, ja. Ja, warte, ich muss Professionelles erst kurz über Team. Basel fertig abhandeln. Okay. Dann können wir gerne über das professionelle Racing-Team reden. Und zwar Basel, Ede, Bring Me The Horizon in Basel. Kopfvertelli Next Level gewesen. Ich weiß nicht, hast du auch Next Level gefunden? Alter, vor allem ihre Dings, die Backdrop-Show, die sie kann. Alles. What the fuck, Du hast Video geschickt, glaub ich. Insane. Ihre Show ist insane gewesen, die Band ist wirklich einfach Next Level. Das Ja. sind wirklich, mittlerweile ist Bring Me The Horizon das, was Linkin Park vor 10 Jahren war. Also der Oli Sykes hat das, was er angehört hat und wie er sich gestylt hat an dem Tag, Alter, er hat ausgesehen wie ein moderner Freddie Mercury, Alter. Ja! Gell? Aber ich habe eben auch mal ein Video gesehen, wo eben quasi der Oli Sykes gelobt worden ist für das, dass er sich so anlegt. Weil wenn du auf der Bühne schaust, willst du nicht einfach ein Dude... Aber das ist jetzt nicht negativ. Eben, nein, eben, das ist das Gute an dem. Weil eben, es gibt Leute... Ja, also, moderner Freddie Mercury kannst du ja nicht als... Ja, Das kann nur ein ja. Kompliment sein. Und außer der Schnauz... Wobei der Schnauz ist schon... Der Schnauz kommt Der zurück. Schnauz ist, Alter, der Schnauz ist... Alter, wenn du Beatdown-Band siehst und der Bassist der Schnauz, du weißt, shit's going down. Und Brille, kurze Haare, Schnauz. Ja, sie sehen einfach alle aus wie der Basil. Sie sehen einfach alle aus wie der Basil von Forlorn Sky und ich glaube, bei Dings ist er auch. Bei Live Crusher, oder? Ja, voll. Genau. Wenn sie so aussehen, ja, dann weißt du. Aber hat er einen Schnauz? Er hat einen Schnauze. Schnauz. Er hat einen Schnauz. Und eben, ja, das ist Next Level gewesen, das war wirklich krass gewesen. Und ja, jetzt kann ich jetzt gerade auch noch kurz, ich will gerade in dem auch noch die 2 Boys von Les Señores Extremos, oder wie man das auf Spanisch ausspricht, Oh, ja. danke sagen, dass sie mich im letzten Podcast ein bisschen gerostet haben dafür, dass ich immer sage, sie fahren mit dem Tremli und das Illuminium-CDs kaufen vor dem Jockeli. Ich hasse Basel nicht. Das Problem ist einfach, ich habe letztes Jahr den technischen Kaufmann gemacht. Und das ist eine sehr psychologisch belastende Erfahrung für mich. 3 Tage in Basel, jeden Tag 3 Prüfungen schreiben an 1,5 Stunden in dieser hohen Halle, in der Messehalle rein. Es hat mich komplett kaputt gefickt. Es hat alle Leute, die dort rein waren, alle 1200 komplett kaputt gefickt. Wow. Meine ganze Schulklasse war mental am Arsch nachher. Aber habe bestanden, von dem her ist alles gut. Ja, voll. Sick. Darum bin ich so ein bisschen... Darum finde ich Basel so ein bisschen nicht cool. Es liegt nicht am regulären Zürich-Basel-Hate. Übrigens, der Podcast von den Jungs ist schon gut. Der ist schon gut, ja, wirklich. Er hat mir wieder viel beigebracht. Und was ich vor allem auch geil finde, du merkst, dass sie zwei das wirklich professionell machen. Und was ich sehr sympathisch gefunden habe, ist, das kann hure schnell von oben runterkommen. So erklären, wie das Instagram funktioniert, wenn du es als Beruf machst. Das kann hure schnell so wirken, als ob du einfach so von oben runterredest. So von wegen, ja, also, Ja, aber das machen sie gar nicht. Eben, das machen sie gar nicht. So. Ich finde es sehr sympathisch, dass du eigentlich quasi den ganzen Podcast durch merkst, dass sie das perfekt wissen, wie es geht, 100%ige Profis sind, aber das gleiche Problem haben wie alle Bands. Nämlich einfach, dass es verhängt, bis sich selber umzusetzen. Das finde ich wirklich sympathisch. Das ist wirklich so, ja. Das ist gut. Nein, und dank dem weiß ich jetzt, dass ich das Reels nicht mehr so push werde in Instagram. Also im März. Aber Da muss ich nicht dank so dem viel- weiss ich, dass man Instagram-Hashtags muss von Hand schreiben jedes Mal, weil sonst der Algorithmus sagt, fuck you. Ah, stimmt. Aber Ja, der Bildschirm ist aus. Also ich würde sagen, bevor wir aufs Mike und mein Racing-Team zurückkommen, machen wir noch kurz den Recap fertig. Von mir zumindest. Das stimmt. Eben, es war das Bring Me The Horizon-Konzert gewesen, am 21. Dann, 25. Was das ist? Halt. Falsch. Jetzt bin ich falsch abgebogen da. Bring Me The Horizon, 21. Februar. Dann, 23. Februar, All Time Low. Bin ich gewesen. Und weißt du, was fucking hilarious ist? Weißt du, wer auch am All Time Low Konzert Ah, war? das ist ja geschickt, ja. Weißt du, wer auch am All Time Low Wer? Konzert war? Avril fucking Lavigne. Nein. Doch. Die Kollegin hat mir ein Foto geschickt wegen, Alter, ich glaube, Avril Lavigne ist am Konzert. Oder das ist gewesen. einfach ein Und sie ist Lookalike. einfach oben dran auf dieser Empore gestanden. Und das Chick hat 1-2 ausgesehen wie Avril Lavigne. Hat Avril Lavigne nicht gerade erst irgendwann letztens gestanden, dass sie sich von ihrem Dude getrennt hat? Eben, das war etwa 2 Wochen voran gewesen. Darum macht es ja Sinn, dass sie jetzt mit All Time Low auf Tour ist, weil sie Ja, dort ein bisschen ja. Ja. Oder halt einfach weg von ihrem sonstigen Leben, um sich ein bisschen ablenken. Ich meine, Ja, Ja. das klingt eher. Ich habe das Gefühl, wahrscheinlich ist es das. ja, aber wenn du dabei kannst, ist auch okay. Auf jeden Fall All Time Low, super Band gewesen. Und dann haben wir immer so gedacht, ist es nicht? Und dann haben wir irgendwann auf dem Profil von der Vorband ein Foto gesehen, von ihr im Backstage mit ihnen. Darum bin ich mir zu 100% ja. sicher, dass ich im gleichen Publikum gestanden bin wie Avril Lavigne. Und das ist einfach irgendwie geil. Alright. Right? Ja, dann, was war noch gewesen? Broken Fate Plattentaufe im Ebri. Ich weiss nicht, ob es Plattentaufe war oder nicht, weil die Platte ist einen Tag vorher rausgekommen, Ja. aber es ist, glaube ich, schon die Release-Show gewesen. Schon. Das war fucking fett gewesen. Broken Fate ist einfach
es geht einfach rein. Es ist So, einfach, so. es ist einfach Ja, und hässlich. Ebri. Es tätscht einfach. Ebri, volle, Ist immer einfach geil. immer sick, Wann Alter. ist der eben nicht voll? Du musst einfach nur 5 Leute haben. Nein, Ich 15, weiss, 15 schon. Soll ich Ja. sagen, wenn es Ebri nicht voll ist? Bei einer Beatdown-Show. Also du bist Weil nicht an einfach der, alle Angst haben. ja, aber nein, Moment. Also einer von der ersten Paleface-Shows im Ebri unten, dort ist sogar auf den Stegen noch geschlägelt worden, Alter. Ja, ich bin ganz hinten beim Mischen gewesen und ich bin angeschlagen worden. ja, eben. Ja. Das ist nämlich richtig insane, sicke Show. Okay, ich weiss, gewesen, wenn es Ebri Und nicht... dort ist der Janik sogar richtig sentimental geworden. Er hat ein neues Mikrofon, hat er so gesagt, hey, danke, hat er sich am Marc und am Colin hat er Danke gesagt, dass er da mitmachen und so. Das weiss ich noch, das ist richtig Geil. geil gewesen. Paleface im Ebri, das kannst du dir jetzt auch nicht mehr vorstellen. Nein, kannst du nicht mehr. Jetzt ist es gewesen. Aber ist das nur meine Meinung? Oder die haben ja vor Covid noch nicht so riesen Shows gespielt. Keine. Kann es sein, dass die letzte Show von Paleface, bevor sie so fucking steil gegangen sind, irgendwo im Ebri war oder so? So Grössenvergleich Ebri. Also sie haben, glaube ich, 3 Shows gehabt, dann sind sie explodiert. Ja, irgend sowas. Das ist Ja. insane, Das ist stell dir das mal crazy. vor. Ja, im Flown haben sie mal noch gespielt, aber dort war nicht so gross gewesen. Aber dort sind Heizkörper, dort sind alte Tische, sie sind rumgeflogen. einfach. Ja, aber das ist einfach, stell dir das jetzt einfach mal vor, du bist eine Band, du spielst so Ebri grosse Show, Mhm. dann kommt eine weltweite Pandemie Ja, und dann spielst Und du dann etwa bist- 5000 Leute am und- Summer Breeze, und dann Alter. bist du fucking vom Bordstein zur Skyline. Ja. Dann Ja, bist du aber einfach- es ist auch ein bisschen ähnlich zu Dying Wish, sorry, nicht? Sind sie auch so ein Ja, bisschen lokale stimmt, Bands, hast die haben gesagt. plötzlich explodiert? Ja, aber Paleface, habe ich das Gefühl, ist viel mehr am explodieren als der Ah, Englisch. ja, 100%. Also, Ist besonders Amerika, also ich finde amerikanische ja, jetzt siehst du jetzt, jede Show sold out. Und sicher nicht wegen Crazy. Body Das ist Snatcher. crazy. Ganz sicher nicht wegen dieser Vorband. So viele Kommentare. Paleface ist die einzige Band, die mehr Kommentare unter dem Video hat. Ist brutal. Aber immer so, come Nein, to the aber- US, come Eben, to the aber bei US. ihnen die einzige Band, wo Kommentare mehrheitlich sind, come to the US und nicht, Und nicht come to Brasil. Oder nicht post it on da und da oder send it to bla bla bla. Ah, ja, Ey, was macht ihr ein- Promote. Was macht Ja. ihr eigentlich mit denen? Ich schreibe ihnen immer zurückfragen, I don't think so. Oder Oder ich tue alle löschen. nein, ich schreibe auch gesagt zurückfragen, jawohl, gib mir 50 Stutz, dann mach ich es. Eben, für wie viel kaufst du uns das Bild ab? Das ist kommt so nie schlimm. etwas zurück. Die wollen alle nicht. Oh ja, du bist beim Recap gewesen, hast du gesagt. Genau, Broken Fate, dann ja, eine Woche später Alligator. Was ist das eigentlich? Ich glaube, Metal. Ist, Metal. Ist ein deutscher. Er war früher ein Rapper gewesen. Also ein Rapper ist er nie wirklich gewesen. Er ist so irgendetwas zwischen einem Singer-Songwriter und einem Rapper. Er ist irgendetwas zwischen. Er ist einfach, ich nenne ihn einfach Musiker. Ja, voll. Er macht halt Sprachgesang, aber er ist einfach Musiker meiner Meinung nach. Und er hat einen Song geschrieben, Willst du mit mir Drogen nehmen? Kennst du den? Ja, Da kannst du ganz sehen. Mhm. Willst du mit mir Drogen? Ja, Genau. Ah, das Dort stimmt. ist, der ist dort durch explodiert. Und er ist vorher mal, das ist fucking funny gewesen. Ich habe ihn mal gesehen als Vorband von Trailer Park. Seiner eigenen Alter. Band. Das ist das wildeste Konzert. Da kannst du mir jetzt wirklich sagen, da kannst du mir Paleface Release Shows Paleface Shows anrühren, was du willst. Nichts hat bis jetzt die Show von fucking Trailer Park geboten. Nichts. Weil Trailer Park ist so KIZ in asozial. Und Das sagt mir alles nicht. KIZ ist so eine asoziale Deutschrap. Ja. Hast du, glaube ich, schon mal Viel gesagt. zu gross für die Musik, was sie machen. Also, ihre Main-Hit ist einfach so Hurensohn. Ja. Und ihr Logo ist einfach so ein Dick. Und das ist ein Notenständer. Ja, ja, Entschuldigung, ja. Ein Notenständer. Eben, also der Text von Hurensohn, ich glaube, ist der Hurensohn, wir machen Party auf deinem Ja, Grab. genau. Ja, das ist der Refrain, das ist viel zu gross. Wir werden jetzt sowas vercancelt und ist egal. Auf jeden Fall, das ist so wild gewesen, weil er hat vorne gespielt und der Kollege hat einfach ein Jägermeister-Shotglas kaputt gejettet. Also ein Shotbecherli, wenn du so einen Shot-Jägermeister kaufst, hast du Ja. das Das Jägerfläschchen in Fläschchen klein. einfach, Das ja. bringst du nicht kaputt. Nein, Also, Alter. der Alligator so, Robben, schlachten und er einfach jettet das Ding am Boden, es zersplittert in alle Ecken. Alter, 3 Millionen Leute gehen blind, Alter. Draussen vor dem Club, wir sind draussen gestanden, im Esterweiss Club, so ein fancy Club. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, Hip-Hop ist schon okay. Wir haben draussen einfach so eine Horde Chaoten, alle voll besoffen. So, wie mit Gocki am Tatschen. Dann Securities tasten dich ab, sind schon hure hässig, so von wegen, hey, Dini wird sich dann benommen. Und wir also, ja, Dini, siehst einfach, sie verkaufen Bier in Glasflaschen. Junge, es ist nur noch Bier in Glasflaschen. Es sind einfach alle Glasflaschen und Gegengeflogen. Es ist völlig eskaliert. Nach der Also, sie haben es Vorband. nicht im Plastikbecher Nein, umgefüllt. nach der Vorband hast du einfach gesehen, die Leute rausgehen, gehen rauchen, kiffen, saufen, randalieren. Und drinnen haben sie einfach angefangen zusammenwischen. Und es ist einfach so ein 1,5 Meter Scherbenhaufen zusammengekommen. Und dann irgendwann ein Trailerpark am Spielen gewesen und es haben sich einfach alle verklopft da drin. Es sind wirklich Glasflaschen dagegen geflogen, alles wüst. Und dann irgendwann der Trailerpark Boys so, Junge, wir wollen eine Wall of Death sehen. Und ich so, geil. Und mir fliegt irgendetwas am Grind. Schau so am Boden, einfach so ein Sack, nicht ein Säckchen, so ein Sack Pillen.
so einen Sack Pillen, Mann. Und ich so, okay, wo zum Fick kommt das? Er rührt es einfach so auf die Bühne führen, die anderen auf der Bühne rühren es wieder zurück. Dann die Wall of Death, ich wollte so in die Wall of Death rein und siehst so, das Publikum geht auseinander. Es sind einfach nur so Glasflaschen in die Mitte reingeflogen, so etwa 50 Glasflaschen. Und ich so, nope, ich gehe nicht in die Wall of Death rein. Jesus, Alter. Das ist Fucking hell, Alter. Ja, und der ist jetzt einer der grössten deutschen Popstars. Ja, voll. Krass. Das ist geil. Macht wirklich gute Musik. Hat eine geile Show gehabt. Er hat so Förderbänder auf der Bühne gehabt. Und sie haben sich wie so Paketboten angelegt und haben einfach so immer Päckchen auf die Bühne gestellt, die hin und her gefahren sind. Ja. Die Bandmitglieder sind auch immer auf diesen Rollbändern hin und her gefahren. Das Schlagzeug ist auch so hin und her gefahren worden. War lustig gewesen. Jesus. Ja, das ist so mein Recap von den letzten 2 Wochen gewesen. Schön. Zwischendrin habe ich noch mit dem Werte her. Mike, was haben wir gemacht? Du bist der Profi in dem. Du bist wirklich der Profi in dem. Du kannst das erläutern schnell. Was wir gemacht haben? Wir sind Vögel beobachten. Möwen. Nein, ich meine, was haben wir gegründet? Nein, wir haben. Ich fahre ja Mountainbike, also Enduro. Und ich fahre Enduro-Rennen. Und der Silvan fährt eben auch Mountainbike. Und er hat aber immer gesagt, ja, nein, ich fahr kein Rennen und so. Aber ich habe ihn überschnurrt, dass er jetzt das Jahr auch Rennen mitfährt. Also er fährt jetzt das Jahr auch Swiss Enduro Series mit. Ich bin mega stolz auf dich, Silvan, auf das Commitment übrigens. Ja, ich bereue es jetzt schon, weil ich weiss, dass ich würde sterben. Der Silvan hat sich sogar ein neues Velo gekauft dafür, extra dafür. Und ja, wir haben dann gefunden, wir können nicht einfach so dort teilnehmen als der Silvan und der Mike. Und wir haben gefunden, wir gründen jetzt ein Rennteam. Und das haben wir gemacht. Und der heisst? Und wir haben sehr lange an dem Namen umstudiert und wir haben kreatives Brainstorming durchgeführt, stundenlang bei Camille T. Und wir sind dann zum Schluss gekommen, dass wir auf dem Silvan im T-Shirt steht schon, dass wir das Taylor Swift Factory Racing Team sind. Genau. Und ja, wir sind jetzt quasi das offizielle Rennteam von der Taylor Swift. Sie weiß es nur noch nicht. Aber sie hat zeig mal den Slogan. Ja, tu mal den Ding ich mal sagen. schnell in die Kamera. Taylor Swift. Ja. Aber du Hosen anlegen, dass man den Dick nicht sieht. Ich habe mir nach ein paar Jahren überlegen, endlich einen Traum verfüllt. Ich habe mir ein Black Metal Taylor Swift Shirt gekauft. Alright, und was steht da? Warte. Zeig mal, das kann ich ablassen. Das ist Satanic Black Metal Princess. Ja. Satanic Genau. Black Metal Princess. Und ja, und das ist jetzt unser Name von unserem Rennteam. Also wenn ihr wollt, an der SS in Lax und im Lötschental, da fahren wir nämlich beide miteinander mit, weil der Silvan hat nur 2 Termine Zeit. Ja, sonst heiraten Kollegen und kann Ferien und sonst so Zeug. Und ich bin aber sonst noch an den anderen Terminen auch dort umfahren. Also wenn ihr wollt cheeren, kommt vorbei, trinkt ein Bier mit uns. Es ist mega eine coole Stimmung. Die Hospitality und so ist recht sick und alles. Es gibt immer so After-Race-Partys, die sind echt sick. Ja, kommt vorbei. Was ist so der Unterschied zwischen Enduro und normal Mountain? Was ist für dich normales Mountainbike? Keine Ahnung, einfach den Hügel runterfahren. Also schau, das Enduro, der Unterschied, vielleicht muss man sagen, der Unterschied zwischen Enduro und Downhill Mountainbiking ist, beim Downhill Mountainbiken fährst du mit dem Bändchen auf den Berg und dann fährst du die Strecke runter und das ist einiges und das ist das Rennen. Und beim Enduro-Rennen hast du quasi, du fährst mehrere Strecken, also du tust quasi mit eigener Muskelkraft auf den Berg rauffahren, also meistens, nicht immer. Ja. Amik hast du auch zwischendurch hast Bändchen, aber du hast immer 5 Stages quasi, wo die Zeit gestoppt wird und das sind quasi Downhill-Parts. Ja. Also du fährst eigentlich Downhill, du machst eigentlich 5 Downhill-Rennen quasi einmal Rennen, aber du tust noch selber durchfahren. Aha, okay. Also noch anstrengender. Dumm, wenn also es ist eigentlich, man sagt immer so ein bisschen, ja, das ist der Spirit of Mountainbiking eigentlich. Der Spirit of Mountainbiking ist in dem Fall einfach nur blöd, Alter. Ja. Ich könnte jetzt schon kotzen, wenn ich daran denke, dass ich 4-mal aus dem Berg fahren. Ja, aber es ist ja nicht du gehst nicht zu jeder Stage selber, also Amik nimmst auch die Bahn. Also, ja, das sagst du jetzt. Das redest du mir jetzt schön. Nein, das ist das Gleiche, wenn du gehst fahren mit wenn irgendeine Band sagt, wenn du eine Band buchst für einen Gig als Opener und sie sagen, ja, aber wir sind nicht so gut und dann bist du Attila und hast Dropout Kings als Vorband, wo dich einfach Gott vertellen, werden obliteraten. Das ist das Gleiche mit dem Mountainbike. Ja, noch 2 Kurven. Ja, nein, noch 2 Kurven. Aber es wird gut. Es wird sicher gut. Es wird sicher gut, ja. Und geile Namen haben das sowieso. Ja, aber ja, ich würde sagen, tun wir mal ein bisschen mehr über unsere spezielle Folge Nummer 10 Gast lernen, würde ich mal sagen. Oder?
Würdest du gerne eine Frage stellen, Bella? Oder soll ich? Mach du, mir ist gar nicht im Sinn gekommen. Alright. Du weißt eben alles über mich. Ich habe jetzt viel gefragt, letzte auf dem Mail oder so. Ja, ihr macht so Bonding auf dem Velo in dem Fall. Ja, das ist im Fall, das ist wirklich halt, das ist crazy, wenn du jemanden kennenlernen willst, wenn du wirklich eine gute Zeit hast und nachher das Gefühl hast, du bist mit jemandem verbunden, geh mit dem Mountainbiken. Weil du bist draußen in der Natur. Effektiv. Du bist ein bisschen draußen in der Natur, du bist ein bisschen am Spazieren, eigentlich bist du am Spazieren, einfach mit dem Velo. Also wenn wir gehen Mountainbiken, sind wir ganz oft einfach am Silvan sein Velo am Flicken, weil irgendwie geht die ganze Zeit sein Velo kaputt. Schaffst du nicht in einem Velo geschafft? Nein, ich arbeite nicht bei meinem Velogeschäft, ich arbeite aber bei einem Velohersteller. Ich wollte nicht sagen, bei wem, weil sonst komme ich die ganze Nachrichten über, ob ich günstige Velos verkaufen. Was ich nicht kann, weil ich sie selber nicht günstig kaufen kann. Ja. Also nur für mich, aber nicht für andere. Aber ja, also, dann, weil ich habe dich kennengelernt mit Swas. Oder? Wir haben zusammen gespielt. Ja. Das ist 17. Das war ein Dings gewesen. Das ist doch das erste Mal, wo wir zusammen gespielt haben, ist in die Bar dort? In dieser Bar dort, ja. Mit Oldboy, was es nicht mehr gibt. Genau, die Old... Nein, wie hat die scheiß Bar geheißen? Irgendetwas mit Wall Street Bar. Wall Street Bar. Nur eine Bankerbar, Ja. der einfach am Dienstag oder am Montag ein Metal-Konzert hat. Ja. Und der es organisiert hat, war der Neto. Ja, der Neto war ja von... Der verpennt, das weiss ich. Ja, voll. Er ist einfach nicht aufgetaucht. Wir haben zuerst gemeint, das sei ein Scam. Ja, nein, aber eben, ich habe dich dann kennengelernt, aber du bist schon auch ein viele in die Szene dabei, so wie der Bella, den habe ich auch spät gekannt. Und da würde ich mal gerne erfahren, wie es dein Anfang mal in die jetzt Schweizer Metal-Szene eigentlich war. Beziehungsweise Hardcore, weil ich weiss, du kommst ja nicht auf Hardcore. Ja, voll. Also erzähl. Also wie war es? Wie mein Anfang war? Oder Ja, was? also mit der Musik allgemein, würde ich sagen. Ja, also Musik, also mit Anfangen Musik machen, da bin ich keine Ahnung, wie alt ich dort war. Ich glaube so irgendwie 12 oder so, 10, 12. Und ich habe ein Snowboard wählen. Du hast eine Gitarre bekommen, oder was? Nein, so schlossen. Ich habe ein Snowboard wählen. Und dann haben meine Eltern gesagt, ich bekomme ein Snowboard auf die Weihnachten geschenkt. Und dann hat es aber das Snowboard, das ich wählen, hat's nicht mehr gehabt. Und ich bin mega Slipknot-Fan dort. Ja. Und vor allem von Joey Jordison, weil der hat so ein geiles Solo gespielt, das habe ich auch wählen. Und dann haben meine Eltern gefragt, ja, ob ich vielleicht Schlagzeug spielen. Und dann habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen. Also du spielst ja Schlagzeug? Ja. Und dann habe ich anstatt des Snowboard das Schlagzeug bekommen. Also und dann habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen, ja. Also einfach, dass ihr es wisst, der Mike ist eine komplette Band. Er singt, also er screamt, er spielt Bass, er spielt Gitarre, er spielt Schlagzeug und ich habe gehört, er kann auch Synthes. Ja, aber nicht richtig gut. Das ist egal, das ist wie ich. Ich kann auch vieles, aber nicht richtig gut. So, genau, nein, das ist eigentlich mein Beginning of Music gewesen. Ich habe nicht gewusst. Ja, siehst du nur, ja. Und das Schlagzeug übrigens, das steht beim Josh im Bandraum. Ah, das, was ich dort mal geschenkt bekommen habe. Ne? Das ist das rote Pearl-Schlagzeug. Ah, das? Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das habe ich ihnen verkauft. Ah. Zum Glück hast du es verkauft und nicht einfach verschenkt. Ja, natürlich verkaufe ich es, Mann. Besser ist. Besser ist. So eine Band, die seit 2 Jahren existiert, keinen Namen hat und nicht weiss, was sie für ein Genre macht. Ja. Die Grunge/Black Metal. Ich habe das jetzt nur gesagt, weil der Brian sich gewünscht hat, dass man sie mal ein bisschen mehr roastet. Das können wir ja machen. He? Aber ja, das war es, ja. Mein Einstieg in die Musikwelt. Und wie bist du zu deiner ersten Band gekommen? Das ist das, was mich immer wundert. Genau. Für viele Leute... Also was ist ja nicht meine erste Band? Ja, aber weil mega viele Leute haben so das Gefühl, eben, wenn sie mich fragen, wie ich zu meiner ersten Band gekommen bin, dann sage ich ihnen einfach, es ist so wie vieles in meinem Leben, ich habe einfach mal etwas gemacht. Ja, aber es war effektiv so bei mir auch. Bei dir auch? Okay, ja. Gut. Ich habe einfach gefunden, komm, ich mache jetzt einfach mal so. Jetzt wir mal eine Band machen irgendwie. So. Weißt du, in dem Fall bist du aber nicht in eine Band rein, sondern du hast mit also meine allererste Band habe ich quasi gegründet, ja. Ah, nice. Ich auch. Und erzähl mal, wie jetzt geheißen ist in der Schule gewesen? Ob sie in der Schule war? Kann ich erzählen, Bruder? Nein, es war nicht in der Schule gewesen. Ich weiß nicht einmal. Spark of Ignition haben wir uns genannt. Oh, das ist eine gute Sache. Wie hat deine erste Band? Eversis.
Meine erste Band hat Versus geheißen. Nein, aber das ist dann natürlich nicht daraus geworden. Aber ich kann euch beruhigen, wir hätten noch richtig dumme Bandnamen-Vorschläge gehabt voran. Okay. Der einzige, wo mir im Kopf bleibt, ist One Beautiful Important Sound von irgendeinem, wo ich einfach gedacht habe, Einfach maximal lang. so ganz sicher, ja, der One Beautiful Important Sound. Erstens mal maximal lang, zweitens mal ganz sicher nicht. Ja. Ich muss wirklich sagen, der Bandname Versus ist eigentlich perfekt gewählt. Er ist kurz, er ist prägnant. Es gibt nichts, was so heisst, außer der Kaffeemaschine, aber die schreibt sich mit Y. Und irgendein griechischer Programmierer, aber das ist mir egal. Ja, aber der ist schon, also er hat auch. Der hat mehr Konkurrenz von uns. Der glaubt mehr Konkurrenz von uns wie wir von ihm. Ja, fair. Ich bin überlegen, was der Name von meiner ersten war. Ist so etwas Spanisches gewesen. Nein, irgendwo in Peru, Mann. So. In Peru ist es gewesen. Also Ja. Traitor ist es nachher geworden. Das existiert auch schon. Wir haben doch Traitors genannt. Traitor ohne S. Aber den gibt es sicher schon 8-mal. Alleine in Brasilien. Irgendetwas anderes haben wir gehabt. Ich habe es zuvor vergessen. In Deutschland habe ich nachher eine Band gehabt, die heisst irgendwie die Upside of Falling, oder so ein Bullshit. So ein typischer Reverse-Emo-Name, oder? Fucking, So Falling in Reverse einfach anders. fucking Emos, Alter. Ja, mit den Plätzen alle Emos aus der Das ist aber auch eine Zeit. Ja gut, aber zu dieser Zeit war es ja Emo gewesen. Ja, Deutschland in 2011. Ja, natürlich. We Butter Ja. the Brand with Butter, Alter. Alle mit ihrer Emo-Frise. Rar. Also ich bin auch so gewesen, Mann. Mit der Michelle. Ich nie. Aber ja, erzähl mal von deiner ersten musikalischen. Was haben wir? Erfahrung. Ja, wir haben eigentlich so Hardcore wollen machen, Hardcore Beatdown. Wie hast du gesagt? Spark of Ignition. Ja, voll. Das ist wie eine Hard Rock Band. So. Ja, aber das ist dann nie dazu gekommen, dass wir haben nicht einmal einen Song aufgenommen oder so, nur so ein bisschen Demos mit dem Nattel oder so, so Das ist mega, normal, das so ist mega normal. schäbig halt mit mit einem Mikrofon im Bandraum, Mhm. so mit der internen Soundkarte vom Laptop und so Ja, Scheiße. Aber das brauchst du auch. ja, haben wir alle gemacht. voll. Ich habe nämlich das Gefühl, dass du heutzutage auch den Bands wie nicht gut, dass du mega professionelle Ergebnisse kannst erreichen, ohne Ja, dass du, voll. ohne dass du einfach mal gefailt hast. Ja, Weil wenn wir auf die Schnur gefallen sind, hat es niemand gehört. Und Ja. jetzt hast du Bands, die quasi ihre erste EP releasen, die tönt, als ob sie den fucking Rick Rubin produziert hätte. Und nachher spielen sie live und sie kennen es einfach nicht. Ja, das ist scheiße, ja. So, ich habe jetzt gerade kein konkretes Beispiel, ich habe schon länger nicht mehr so etwas gehört, aber es ist... Also ich kann eben auch ich kann nicht so ein Beispiel, aber ich habe ein Beispiel von einer Band, wo wir alle kennen und die haben ihre allererste EP maximal gut produzieren lassen, aber sie spielen halt auch sehr gut live, also von dem her. With One Word. Ihre allererste EP haben sie bei Mac Music aufgenommen. Stimmt, ja. Das Fuck, ist ja, das- Und wenn du sicher halt geil. deine erste EP bei Mac Music aufnimmst, dann... Ja, kannst du recht aber sie gut. sind ja auch live verdammt gut, darum ist es Ja, voll voll. fair. Voll, ja. Ich weiss Also nicht, seit der ich kann, Josh nicht mehr dabei ist, oder? Ja, erst dann. nein, wo ich Dings... Vorher gut, mit dem Josh nicht, nachher gut. Sorry Josh, ich liebe dich. nein, Dings, wo sie... nein, was? Ah, fuck. Jetzt hast du mir... Jetzt müssen lachen. Nein, Dings, ich Sorry. weiss noch, wie heisst der Scheiß Windows Audio Recording Software? Die Audacity. Ich weiss noch, wo ich Audacity gefunden habe und so ein Sprechmikrofon, das so sehr klein ist und ich habe einfach vor meinen Behringer Amp gestellt. Das ist so ein Mikrofon, das so ist zum Webcam-Mikrofon. Damals haben sie ein Webcam-Mikrofon geheißen. Ja, Mann. Von Behringer Verstärker. Und nachher aber so. Aber Und hey, dann hast du gemeint, du screamst voll gut, dann bist du nur einfach die Übersteuerung vom Mikrofon gewesen. aber hey, weißt du, was das Gute ist? Ich meine, die ersten 2 Versus-EPs habe ich auch das Gefühl, dass die zweite habe nicht ich gemischt. Die erste habe ich gemischt. Die zweite hat jemand gemischt, was kann. Man hört es. Die habe ich aber aufgenommen. Mhm. Und wir sind nachher zum Ricky ins Studio, weil wir gesagt haben, wir brauchen jetzt jemanden, der rauskommt. Aber Ja. ich habe zu dem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, das ist gut, das ist brutal gut, das kann man so hören, das kann man so machen. Ja, Leute, die die EPs gelost haben, sagen mir auch, es ist gar nicht so scheiße. Ich persönlich finde, es tönt richtig beschissen und wenn du reinhören willst, musst du uns das nächste Konzert kommen, weil dort geben wir die CDs gratis raus. Aber sie sind nicht mehr online. Du kannst sie nicht mehr online hören. Haben das selber gemischt alles? Die erste EP habe ich komplett selber produziert. Also du? Mhm. Okay. Habe ich gemacht. Du? Die zweite haben wir einem Kollegen gegeben, der auch unser Musikvideo, das wir nicht mehr online haben, weil es halt auch ein Song von denen ist. Nein, der Sieg hat unser letztes Musikvideo geschnitten, der Ricky, der Rickmond. Der Ricky. Ricky bist du, Ricky ist der andere. Aber beide machen Audio. Das ist eben so ein bisschen verwirrend bei uns. Ja. Wenn man vom Ricky oder dem Ricky redet, weil es ist
Ja, und sie reden beide ja Spanisch. Das ist so, wie du kannst sie nicht auseinanderhalten. Das ist der fucking Killer. Ja, also meine erste professionelle Erfahrung im Musikbereich war eigentlich gewesen, wo ich muss sagen, das hat ein mega gutes Ergebnis rausgebracht, das war, wo wir jetzt was zum Ricky sind. Ey, same wie Vor allem, weil der Ricky ist eben nicht einfach nur so, der Ricky tut halt nicht einfach nur sagen, so, ja, jetzt nehmen wir auf und fertig, sondern der Ricky tut eben auch Songwriting-technisch sagen, hey, schau mal, vielleicht dort ein bisschen das. Und das ist halt schon sick. Und wenn du eben bei anderen bist, wo halt einfach professionell aufnehmen, die dann interessiert sich ein Scheissdreck, ob das gut ist oder nicht. Die denken sich einfach, ja halt, ich will einfach aufnehmen. Ja. Eben, ich habe es schon mal gesagt. Und es gibt, glaube ich, eine von unseren Reels oder so, die du auf Insta gemacht hast, ist eins, wo ich genau das auch sage. Und ich sage, er wäre jetzt hure viel gebracht und du siehst einfach so, der Ricky schaut so rein und dann steht so, mega schlecht mit Komplimenten. Aber es ist so, das hat also wirklich brutal. Das ist ein bisschen blöd für den Ricky, dass er so gut ist. Weil das Problem ist, als wir beim Ricky im Studio waren, hat uns das als Band so fest weitergebracht, dass wir unsere Songs jetzt komplett selber produzieren können und einfach in ein Studio schicken zum Mischen. Scheiße, Ricky, du hast deine Lebensgrundlage weggemacht. Aber der Ricky macht es eben so gut, dass er dann einfach 3 Jahre später dir eine 8-minütige Sprachnachricht schickt, wo er dir einen Podcast pitcht, weil er genau weiss, du kannst ein Nein sagen. Ja, fair. So schlecht hat das nicht gemacht. Das ist auch der Grund, wieso ich mit Audio angefangen habe. Weil ich auch gefunden so, was soll ich so viel Geld zahlen für Experience nachher? Ist irgendwie so wie, ich könnte gleich gut einfach beim Arzt sein, Blut abnehmen und es ist genau das Gleiche. Ja, weißt, ich meine, das ist that's it. Oder? Ja, fair. Voll. Und ja. Aber es ist gut, dass sie jetzt selber machen, weil jetzt habe ich keine Zeit. Stimmt. Wirklich keine Zeit mehr für nichts. Nein, jetzt bin ich auch am Studieren. Weißt, ist nicht mehr gut. Ja, und Häsli und Hund. Häsli und Hund und alles. Podcast hat er auch noch angefangen. Das stimmt, ja. Ja. Easy. Aber die Lara hat schon gesagt, er tut für die Küche nicht mehr aufräumen. Das ist ein viel beschäftigter Mann, muss ich. Ja. Und dann, ich kann ausreden. Aber nach dieser Band ist dort noch irgendwie eine Zwischenstation gewesen, bis zu der Sacrifice Riverside gekommen bist? Ja, ich hatte dann nochmal mit meinem ehemaligen Schlagzeuglehrer, das ist übrigens dann der erste With One Word Drummer gewesen, eine Band gemacht, aber das hat auch nicht funktioniert. Das heisst, du bist einfach ein Sprungbrett für Musiker, die nachher in anderen Bands und dann dort rausgehen. Ja, aber du bist einfach du bist blöd gesagt, ein Sprungbrett für Musiker, die sie in anderen Bands nachher ein bisschen mehr machen oder halt Gott für Telly nochmal machen. Aber es ist immer so, die Bands in der lokalen Szene haben alle mit allen gespielt. Du, aber darum, eben, es macht, jetzt mal ganz im Ernst, so unter uns. Ich habe Eversis gegründet mit so 18. Mhm. Ja, es macht keinen Sinn, dass die Band noch existiert. Mhm. Wenn du alles das hörst, wenn du überlegst, wie viele Bands das die Band schon, auch Save Your Last Breath, es macht keinen Sinn, dass die Band noch existiert. Ja gut, aber am Josh seine Band, Exhortation, die hat ja schon gehört, ist der Josh noch gar nicht auf der Welt gewesen, oder? Ja gut, aber die haben auch schon ein Dings gehabt. Die haben sich auch schon aufgelöst. Ja, aber jetzt sind sie wieder da. Ja, aber gleich, ich sage ja, es macht keinen Sinn, dass Eversis noch nicht aufgelöst worden ist. Ja, dann löst sie halt schnell auf und dann wieder zusammen. So. Ja, genau. Einfach so einen Post machen, hey, wir haben das aufgelöst und am nächsten Tag, hey, wir machen eine Recap-Show. Als fucking Promo fürs Konzert. Ja. aber das ist auch das am Wichtigste ist. Ich meine, einfach dranbleiben. Oder ich meine, niemand ist gut vom Tag 1. Ich glaube, wir haben eben nie so... Was ich halt das Gefühl habe, ist, viele Bands haben, wenn sie sich eben so gründet und schon aus Bands bestehen, haben sie irgendwie so eine Grundlage, dass die Band einfach nicht proportional wächst. Durch dass sie schon quasi das Following haben, kommt wie ein Bandstand, wo dann eigentlich wie so eine Supergroup ist, wo von allen Bands voran ein bisschen Leute zieht und ein bisschen Fans zieht und nachher hast du wie so einen hohen Moment am Anfang und dann bist du so wie auf so einem High. Ja, voll. Ich habe noch nie Drogen genommen, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich stelle es mir jetzt eben so vor. Das ist das Problem mit Drögis. Die sind ja dann auf dem High und dann chasen sie das. Und wenn es dann nicht mehr kommt, dann ist fertig. Und dann ist es so, wie wenn du quasi die Band hast und dann hast du am Anfang das hohe High. Und das ist ja eigentlich immer so. Das ist auch bei Bands, wir haben am Anfang ein Konzert gespielt in der Kantine Bülach. Es war ausverkauft gewesen. Kein fucking Plan wie. Wir haben noch nicht released gehabt. Niemand hat uns gekannt. Aber es war voll gewesen. Ihr habt doch sogar nach Corona in der Kantine Bülach noch ein Konzert gespielt. Ja, wir haben dort immer gespielt. Also ich habe jetzt Bülach gewonnen. Das ist so wie ein Hometown. Aber ich meine, ich kann das selber sagen, ich bin mega gehypt, wenn ich sehe, dass zum Beispiel eine Supergroup aus Mitgliedern von anderen Bands irgendwie wieder anfängt. Oder? Ich so, wow, ich bin gespannt. Die bringen die ganze Erfahrung mit, die sie vorher gesammelt haben. Das ist eben, aber das Ding ist, ich habe das Gefühl, dass mega viele dann quasi wie dem Fame verfallen. Und dann, wenn es nicht mehr läuft, einfach so das Gefühl haben, so, okay, fuck this, das klappt nicht, wir müssen etwas anderes machen. Mhm. Ja. So. Ja. Aber ich meine, ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich ist hat sich alles ein bisschen so entwickelt, jetzt mit den Jahren, wo du dabei bist und so. Also,
für mich reicht es eigentlich, wenn ich einfach so, keine Ahnung, so 5 Gigs im Jahr kann spielen und einfach ein bisschen gute Zeit haben mit den Jungs und so. Und ein bisschen Songs machen, das reicht mir eigentlich schon völlig. Aber da ist definitiv von Person zu Person anders. Gewisse Leute stellen sich nachher zu hohe Ansprüche und nachher, das verfrisst dich innerlich wie blöd im Fall. Ja, eben, das ist es ja, oder? Das ist genau das und auf das habe ich irgendwie nicht so Lust. Darum für mich einfach so ein paar Gigs im Jahr spielen, zack, da voll gemütlich. Ja, das ist mega wichtig. Ich finde auch bei neuen Bands irgendwie die Interessen und die Ziele irgendwie zusammen alleine und nicht einfach jeder für sich, weil sonst passiert der Scheiß. Ich meine, jetzt sind wir 30, jetzt haben wir andere Prioritäten. Ja, jetzt wir sind 30, wir sind mittlerweile weise. Ich habe letztes Jahr wieder... Also ich würde jetzt nicht weise sagen. Nein, das nicht, aber im Vergleich zu, ich meine, im Vergleich zu, wenn ich so letztes Jahr, was war es? Habe ich auch wieder irgendwie so eine junge Band gesehen, haben wir einfach so gedacht, ja, macht, probiert es. Haut euch die Hörner ab. Entweder es kommt gut oder es kommt nicht gut, aber macht es einfach. Ja. Ich habe letztes Jahr einem Dude eine Gitarre von mir verkauft, so eine blaue Ibanez. Kannst du bitte nicht blaue Gitarre sagen? Ich bin gerade ein bisschen nicht gut drauf. Ich habe das geschickt, hätte es halt müssen kaufen, aber das kann sie anyway, kaufen. Auf jeden Fall, das war ganz ein Junge, ich glaube irgendwie 19 oder so, Ricardo. Und der hat auch gesagt, ja, er hat gerade seine erste Band gegründet und so. Und dann hat er gedacht, richtig geil, Alter, richtig sick. Die Gitarre passt perfekt für das. Ja. So. Die sind gut tönt. Die hat so die Marzio-Pickups gehabt, so Humbuckers, aber die hat richtig... Die hat gut tönt, für dass sie so günstig sind. Liebe mich Ibanez, die Marzios. Die fickt so die Gitarre. Ja. Ich hatte die Marzios bei meinen Schector gehabt. Die rechten mit dem hohen Output, wie heißen die nochmal? Die sind passiv, aber sie sind passiv, so viel Output. Aber Ibanez hat eben... Signature die Marzios. Die an meiner, weißt du noch, wo wir sind am Recorden. Meine Gitarre ist ein bisschen komisch zum Spielen. Sie fühlt sich ein bisschen komisch an. Muss ich sagen, meine RG fühlt sich ein bisschen komisch an. Das hast du auch gesagt. Aber der Sound von dem Ding, Alter, wenn du das Drop-Tuning reinhaust, einen Amp aufdrehst, einsteckst und bölzt. Ja, eben, die tönt wirklich sick. Die RG-Series. Nein, aber Dings von mir eben von jungen Bands und Erfahrungen, die du zum ersten Mal hast. Ich meine, die Dopamin-Levels, die du hast bei deinen ersten Konzerten oder bei den ersten Konzerten in der Schule oder so. Das kommt ganz schnell oben runter. Eben, nachher bist du in Chasing the Dragon für das Gefühl. Jetzt ist es so, wie gehst du Konzert, so, okay, du hast deine Routine. Ja, voll. Du machst das Dings. Konzert ist so ein bisschen Dopamin beim Konzert spielen und nachher musst du alles aufräumen und wieder heimbringen. Ja, aber ich muss sagen... Es wird nie das Gleiche sein. Ich habe jetzt mittlerweile lieber Konzert spielen. Weil früher bin ich immer am Hyper gewesen, immer so und jetzt ist es wirklich einfach, ich kann es geniessen. Ich komme nicht an, ich weiss, es läuft, das ist cool. Meistens spielen wir mit den gleichen Bands. Save for Last Breath und so. Also ich finde es immer noch schade, dass Whiteout nicht spielt an dem Konzert. Ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt. Demi, wir brauchen Antworten. Ich weiss wieso, ich habe das letzte gesagt, sonst hätte es noch keine Betrayals of Kamigawa heißen. Ja, stimmt. Sie machen einfach den Heal. Aber ich bin nachher im Publikum, von dem her ist alles gut. Komm, ich go ja, ich auch. Nein, Alter, da muss ich mir noch Mühe geben. Wegen uns. Ja, gut, stimmt. Aber ich bin mit dem Josh dort. Warte schnell. Müssen wir da in unserem Vertrag noch kurz etwas ändern? Geil. Das ist geil. Aber das stimmt. Früher ist immer so, nach jedem Konzert immer so, das habe ich falsch gespielt, das ist scheiße gewesen. So, immer. Und jetzt ist so wie, oh, shit happens. Ich meine, wenn ich eine Note vergessen habe. Shit happens. Das Publikum findet sowieso, es ist geil. Weil ich habe noch nie von irgendeinem im Publikum gehört, ja, dann heute scheiße gespielt. Ja, eben, also, das hat man noch nie gesagt. Niemand checkt. Aber niemand checkt, wenn ich mir falsche Note gespielt habe. Vor allem beim Bass jetzt, wenn wir mit Affahrt eine Show haben oder so mit dem Bass und irgendwie kann ich irgendwie das Blackout, dann spielst du halt einfach Palmute 000 und es passt einfach, weißt du, mit Drop-Tuning. Ja, das stimmt, ihr spielt alle Songs im C, oder? Machst den Kick einfach nach, oder? Das ist gut. Ja, einfach so. Ja, weißt du, das Gute ist eben vor allem auch die Show, wo die ganze Band das Gefühl gehabt hat, die schlechteste war letztes Jahr. Ist der Ricky rausgestanden und so, hey Jungs, Alter, ihr seid so tight. Ist das ein Dropout? Und von dem her muss ich einfach sagen, ja, in dem Fall ist okay. Also ist das bei Dropout Kings? Ja, schon. Ja, ist schon gut. Ja, es ist nicht eine schlechte Show. Es war nicht eine schlechte Show gewesen. Es war einfach die Show gewesen, die uns am wenigsten gut gelaufen ist letztes Jahr. Dropout Kings hat mich enttäuscht. Ja, Dropout Kings ist schon absolut also was sie jetzt gemacht haben. Ne? Hä, was? Nein. Ich habe Mike den neuen Song von Dropout Kings geschickt. Hast du ihn schon gelesen? Jetzt haben wir nicht gepackt. Also der Refrain ist einfach Teardrops von Bring Me The Horizon. Aber es ist ja auch kein Dropout Kings Song. Es ist ja ein Dead-Song featuring Dropout Kings. Ja, okay. Aber ich finde den Song geil, aber es ist literally 1:1 Teardrops. Ja, effektiv. Nein, ich finde, der Glitch Gang ist einfach so ein krasser Song. Sorry, Attila ist die dümmste Band ever.
Bis jetzt bin ich erst bei 2 Bands aus dem Konzert rausgelaufen, weil ich es nicht gut gefunden habe. Sonst bin ich einfach raus, weil es nicht meine Musik war oder weil ich keine Lust hatte. Bei Attila und bei Emure bin ich wirklich rausgelaufen, weil ich es scheiße gefunden habe. Und jetzt ist einfach Dropout Kings Vorband von Attila. Ja. Wieso? Da machst du dir ja selber das Leben schwer. Was denn? Ist der am Bohren? Nein, Ach, das ist schon wieder. Wieso Ja, wird schon bei euch wieder. immer Port, Kollege? Keine Ahnung, immer wenn wir einen Podcast machen. He's drilling the holes. Ja, das stimmt. Ja, Und dann, wir sind wieder am Eskalieren, ich sehe es kommen. Und dann, was hast du nachher gemacht? Wie bist du zu was gekommen? Ist das dann der 3. Anlauf gewesen? Das war der 3. Anlauf, ja. Also was wir eigentlich Der hat dann auch nicht wissen, funktioniert. Mike, was wir eigentlich wissen ist, wie emo bist du gewesen? Also ich bin maximal Emo gewesen. Mit dem Eyeliner und allem. Ey, Mit den gekreuzten Vans. 2007 am HB, Alter. Kannst du uns ein Foto schicken, wo wir könnten... Eben, ich wollte unbedingt... Kannst du uns ein Foto schicken, wo wir könnten die Story posten? Weil, Ja. weil ich bin nie Emo gewesen, auch wenn ich die Musik gehört habe und alles. Hey, Ich bin von Emos, ich hatte in der Umgebung Emos gehabt, aber ich war auch nie wirklich Emo gewesen. nein, ich bin effektiv maximal Emo gewesen. Sick. Also ich bin so wir haben so unsere Schuhe und so haben wir angemalt mit Edding und so, Ja, so Mann. Scheissdreck draufgeschrieben und hey, schwarz gefärbte Haare so über das Gesicht und so. Yes. So. Also, dann haben wir noch Netlog gehabt. Netlog. Netlog. shit. Und dann hast du so geile Namen gehabt, gell? Und ich habe geheißen Mike Melancholy. Geil. Ja, Es ist einfach fucking hilarious. Du musst mal auf YouTube gehen und einfach Netlog Compilation eingeben. Mann, es ist so geil. Die Dudes. Und ich denke, ich habe die Dudes angeschaut und habe mir so, die sind alle so rumgelaufen. Aber All. ist Netlog vor MySpace gewesen, oder ist Nein, nach MySpace. nach MySpace? MySpace ist dort schon ein bisschen am Sterben gewesen, eigentlich. Ja, Dort haben nur noch Das so ist nicht gleichzeitig gewesen. Nein, aber auf MySpace ist ein bisschen am Sterben gewesen. Dann haben so die letzten Bands probiert, sich zu promoten. mhm. Und dann ist es ein bisschen weggegangen. Und dann ist eigentlich nur noch Netlog gewesen. Ja. Ich habe sogar eine Power Metal Band in MySpace gehabt, die nie Musik released hat. Wie man kennt. Ich weiss, ich habe noch in Photoshop das Logo gemacht. Power Metal. Ich wollte Hammer voll machen. Also sorry, Power Warum? Metal ist einfach etwas, was ich nicht verstehe. Ich auch nicht, Alter. Ja, ich bin grösste Ja, du schon, ja. Blind Guardian und Hammerfall Okay, halt, sorry, Blind Guardian ist cool. ist Das ist aber Crazy. kein Power Metal, das ist gute Musik. Alter, ja, apropos Emo-Zeit, dort hat's so, ich hatte da Kleider gehabt von der Most Emo Brand ever. Warte. Killstar. Nein, Ja, das hätte noch nicht aber das habe ich auch gehabt. gehabt. Ah, wirklich? Ja. Warte, also Vans, ist Vans Emo? Vans ist fix Emo. Ja, gewesen. aber das meine ich auch nicht. Aber Converse? Nein. Vans, die Schuhe, nein, die einzige Emo-Show, die akzeptiert wurde, sind Slippers von Vans im Ja, Colormuster. absolut. Und ich hatte sie gehabt. Welche? Aber ich meine nicht den Brand. Ihr kennt den Brand wahrscheinlich nicht, wenn ihr nicht Emo gewesen sind. Ja, Okay, erzähl. so. Cupcake Kult, Alter. Das sagt mir Das, etwas mal. das tönt nach Emo. Das sind alle Mädels. Ich hatte so eine Jacke gehabt, so eine College-Jacke, blau und schwarz. Und hinten ist einfach so ein Pikachu drauf gewesen, mit so einem aufgemachten ja. Kopf. Dings. Ich habe Pokémon nicht mal geschaut. wo Aber der- hat es Beef gegeben zwischen die Emos, die nur schwarz-weiß angekleidet Also es sind hat- und alle, die also- farbig sind? Nein, es hat aber Beef gegeben bei den Emos, weil irgendwie jeder mit jedem hinterm Rücken gevögelt hat, Alter. Also die Hardcore-Szene. Ja, ja, Also die ja. jetzige Schweizer Hardcore-Szene. Ja, etwa das, ja. Ja, es sind alle Haare Aber genau geschnitten und nachher das, Plugs das weg. ist Stimmt, darum gibt es keine Emos mehr. Die hören jetzt alle bei uns hat's, HC. wir sind sogar am HB gefilmt worden vom SRF. Es hat einen 10 vor 10 Beitrag über uns gegeben. Da hat man mich gesehen, da bin ich erst gewesen. Das finden wir fix. Das Nein, ich habe letztens mit der Mischa haben wir es gesucht. Das war immer auf YouTube gewesen, aber sie haben es irgendwie, es ist nicht mehr da. Und das Gute ist, man würde dich auch nicht erkennen. Nein, sonst müssen wir warten, bis in 20 Jahren SRF-Archiv nachher das wieder zurückbringt. Das stimmt. Aber SRF Archiv macht ja nur SRF Docs, nicht 10 vor 10 Beiträge, oder? Nein, es kommt im Fall nicht. Es ist so ein bisschen, Das ist ein bisschen alles. sie haben einmal einen Beitrag über den Tony Hawk, der das erste Mal in der Schweiz war, sprach. Ja. Der war auch nur 5 Minuten. gewesen. Und dann sind wir am HB gewesen, Alter, dort auf dem Boden am Sitzen, kommt Schmier, immer sagen sie, ihr dürft da nicht sitzen, gehen weg, haben sie uns verscheucht. Salitos drucken, kennt ihr noch Salitos? Ja, Mann. HB-Hänger. Alter, Ja. sick. Und dann hast du gedacht, so, fuck it, jetzt gründen wir einfach mal jetzt gehe ich einfach mal in eine really HC-Band, dann bist du smart. Nein, da bin ich schon nicht mehr Emo gewesen. Aber nach dem HB sind wir wahrscheinlich zum Perkli gegangen, oder? Ja, Perkli. Oder Rentenwiese. Ah, so gut. Oder bei der ETH oben. Sind wir auch gewesen. Von das habe ich nur gehört. Ich bin da nie Ich war auch nie da gewesen. Ja. Endlich mal irgendein Trend, den ich nicht mitgemacht habe. Ich kann einfach... Ich bin mit Skaten beschäftigt gewesen. Ich Ja, ich habe auch geskatet. ich als Thrasher Bevor ich Emo gewesen bin. Dann bin ich mit Snowboarden beschäftigt gewesen. Ja. Ich als Thrasher habe gefunden, scheiß Emo. Ja. Ich habe eben Emo-Chicks heiß gefunden, darum habe ich das, wieso nicht können sagen. Das ist aber die Sache. In Thrash Metal haben wir keine Chicks gehabt. Und dann sind nachher die einzigen Wahrscheinlich Chicks. halt einfach Ja, die wahrscheinlich News- schon, du hast sie nur nicht erkannt. Ja, Darf ich die News so korrigieren? Im Thrash Metal hast du immer noch keine Chicks. immer noch, ja.
Stimmt. Und wenn du eins hast, sieht es aus wie der Mille Pedroza. Wo aber eine fucking attraktive Frau wäre. Von dem her Aber ich meine, scheisse. es stimmt, nachher hast du den schönen Übergang von Emo-Frauen auf Metalcore-Frauen. Aber jetzt hasst mich der Janik noch mehr. Das Karma kommt wieder. Das Karma kommt. Die Story von meiner Gitarre habe ich erzählt, gell? Nein, was? Dass der Janik von PLF beschwört hat, dass mein Velo kaputt gegangen ist. Ja, wegen Ah, ja. Das wenn habe du ich erzählt. Floyd letztes Mal, Rose gell? blockierst, ja. Ja. Das ist Karma, Brudi. Ja, Das ist ja. Karma Bitch, hat er geschrieben. Ja, genau, das hat er geschrieben. Aber Geil. ich finde es so spannend, irgendwie die sozialen Gruppen, die sich einfach irgendwie gebildet haben und nachher sich weiterentwickelt haben und so. Aber es ist wirklich so, ich habe mich letztes Mal gefragt, wieso dass es keine Emos mehr gibt. Und die sind alle jetzt einfach Core-Kiddies geworden. Die sind alle- Die haben sich literally geschiftet von den Emos, sind zu der Schweizer Sind Core-Szene geworden. entweder im Beatdown oder im Core oder es machen vegan Hardcore. Oder Goa, Alter. Goa. Oder Alter, Goa, ja. Ich habe mal mal so ein Zeitchen gehabt, und ich so ein bisschen Goa geil gefunden habe. Alter, und wie viele ich dort kennengelernt habe, die früher auch so Emo waren. Aha. Hure Stimmt, viel. Ja. Ja, der Kevin von Defender. Macht Macht jetzt auch gut. Ja, Aber ist er Trance. früher Emo gewesen? Psytrance. Psytrance. Der war sicher Emo gewesen Ich früher. weiß es nicht. Sorry, alle, die bei Defender gespielt haben, sind früher sicher Emo gewesen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und wenn es Ja. nicht so ist, beweisen wir das Gegenteil. Voll, ja. Ja, eh. Ja, die das. Social Tribes, Alter. Das ist Und dann, Ja. ich probiere es jetzt nochmal. Und dann bist du zu Spaß gekommen. Und dann bin ich irgendwann zu Swas gekommen, genau. Die haben einen Sänger gesucht und dann habe ich gefunden, ja, ich habe eigentlich Bock auf das. Okay, aber warte, hast du vorher eine HC-Band gemacht, oder? Ja, wir haben es eben probiert. Aber was Aha, hast du, warte, und- jetzt mal, das hast du noch nicht gesagt. Was hast du in diesen Bands vorher gemacht? Hast du dort auch schon gesungen? Ja, Ah, okay, du bist immer Sänger gewesen. Ja. Du hast zwar Schlagzeug gespielt. ja, für mich. Okay, dann muss ich jetzt einfach schnell kurz etwas fragen, weil du bist der erste Gast, den wir haben, der kann screamen. Ja. Wie bist du zu dem gekommen? Weil ich werde auch oft gefragt, wie ich das gelernt habe und ich schicke einfach immer die Cookie Breed Tutorials. Alter, Wo auch der grösste Emo also, war. sorry, YouTube-Tutorials, Cookie Breed, ja. Also, Das Cookie Breed Tutorial ist Ja, brutal gut. Alle anderen sind nicht absolut. gut. Wenn Screamen lernen. ja, und ich habe es halt einfach hure geil gefunden. Ich habe gefunden, ich will das auch. Und meine Mami hat immer gesagt, was das für ein Scheissdreck-Vocals sind. Ich habe gefunden, Alter, jetzt muss ich das auch machen. Aber das so Rebellion, so. Aha, aha. So Teenage Rebellion. I Halt. show you. Yes. Ja, und jetzt nein. denkt er sich so, Ja. jetzt macht er den Scheiß immer noch. Er ist 30, wird er jetzt so langsam. Dann nicht langsam beim 18. Nein, haben die noch das Video geschaut von Infidel Amsterdam? Der von Pig Squeal. Oh ja, ich weiß welches, ja. Von, mit dem habe ich so ein bisschen so, Oh, ja, das wäre eigentlich noch geil. ja, voll. Nein, eigentlich hätte ich voll die Emo-Karriere eingeschlagen. Ich habe angefangen, Heavy Musik zu hören wegen Bullets from a Valentine. Eben, mega. Ja, aber das müssen Snowboarden. Das stimmt, ja. Das ist Snowboarding. Keine Zeit gehabt zum Emo sein. Ja. Was hat es dir gebracht? Kannst du immer noch keine Double Corks? Ich habe Double Backflip auf dem Trampolin können dafür. Ja, aber keine Double Corks in der Pipe. Das stimmt. Ja. Aber ist auch okay. Aber dann, der Fall schreien. Einfach angefangen und fertig. Ja, eigentlich schon. Mit einfach halt effektiv YouTube-Tutorials. Aber hast du dann auch so ein bisschen geschaut, quasi, wenn du gemerkt hast, dass du heiser geworden bist, dass du aufgehört hast, oder bist du so einig von der... Nein, ich habe das wirklich so gemacht, dass ich das wollte richtig machen. Genau, Ah. weil eben, ich kenne viele, die dann einfach gesagt haben, ich habe einfach gemacht. Und dann denke ich mir nur so, Nein, ich habe wie zum das... Fick hast du deine Stimme nicht können schliessen? Weil ich habe mir wirklich Mühe gegeben, um es wirklich richtig zu machen. Und ich habe etwa ein Jahr gebraucht, bis ich es auch können. Ja, das ist ja nicht so easy, ja. Deshalb schreie ich nie live. Ich mache so im Studio, dann kann ich Pause machen und Tee trinken. Ach, das ist gut. Ja, aber das ist echt so. Ich habe mir letztens gelernt, wir haben für das Konzert haben wir ein Versus-Set durchgespielt. Und bei den neuen Songs habe ich gemerkt, die sind entweder anders geschrieben. Ich habe es entweder anders geschrieben, weil ich gelernt habe, besser zu screamen. Oder der eine Song liegt mir einfach nicht mehr. Weil es gibt einen Song, einer von den ersten Songs, wo wir noch live spielen, der Hope-Song. Ich habe ohne Aufwärmen das ganze Set durchgemacht, kein Problem, richtig hässlich reingepratscht. Dann kommt der Song, die erste Zeile vom Refrain, wo ich screame. Und dann hat mir einfach meine fucking Stimme wehgetan. Also hat mir einfach die Stimmbänder wehgetan. Okay. Und es ist nicht so, dass ich irgendwie, dass es gross etwas anderes Hast du wäre. vielleicht ein bisschen zu viel Spressen oder so? Ja. Nein, es ist wirklich nur der Song, alles andere nicht. Ja. aber insbesondere- Ich habe das nicht, ich bin nie heiser gewesen, nach Shows nicht, ausser wenn es irgendwie so, wenn das Monitoring so scheiße war, dass ich mich nicht selber gehört habe, oder? Und dann hast du Ja, auch viel das zu ist fest, es. Ja, und dann hast du auch viel zu fest gepresst und so. Dann hat es schon mal können sein, dass ich ein bisschen Kratzen gespürt habe, oder? Aber sonst eigentlich, nein. Ja, das kenne ich. Das ist, wenn das Monitoring scheiße ist. Ja, darum weil bin ich ich halt jetzt- nicht hörst. darum bin ich oder? recht froh, dass wir jetzt mit In-Ear spielen. Das ist, Ja. Nein, das haben wir Prime. eben nie gehabt. Wir haben nie In-Ear gespielt oder so. Wir sind immer zu wenig professional gewesen für In-Ears. ja, wir sind eigentlich auch zu wenig professional, aber der Timo ist halt Veranstaltungstechniker. Ja.
Fair. Ja, aber die haben alle Geld gehabt. Und bei uns war es immer so, bis was, der Janik und ich ein Geld gehabt, der Rest nicht. Nein, wirklich Geld haben wir auch nicht gehabt. Der Timo hat es einfach günstiger bekommen, weil er Secondhand von seinem Geschäft abgekauft hat. Ja, fair. Jetzt gehen alle zum Timo. Hey Timo. Timo war schon so. Wie sieht das aus? Ja, nein, aber das ist geil. Cool. Mhm. Und dann, das war's. Lass mal über. Und- Ja, dann was ist dann auseinandergegangen. Irgendwann ist. Ja, Und Fang von vorne an, Bruder. Kannst du in Ruhe erzählen? warum es was zu Ende gegangen ist, oder was? Nein, Vor allem, wie du Hey, bis nein, aber- was gekommen bist, was bis was gemacht hast. So, und dann haben wir Swas angefangen. Nein, übrigens, Die einzige Swas-Story, die ich kenne, ist die wo der Josh im Podcast verzapft hat. Aber die hast du ja gesagt, stimmt nicht. Also das ist also, Josh hat im Podcast verzapft. Ich sag mal, an einer Show so voll gewesen und ich sag fast auf der Bühne gehabt, während man mich müssen auffangen. Also, es stimmt halt einfach so literally nicht. So. Es hat schon eine Show gegeben, wo ich ein bisschen eins getrunken habe, zu viel vor der Show, aber es war nie so gewesen. So. Aber das ist eigentlich auch egal. Gut, vielleicht ist er wie ich und er übertreibt es halt einfach ein bisschen gerne, um eine Story auszuschmücken. Das kann gut sein. Ich glaube, es ist das, ja. Das kann Anyway, passieren. das spielt ja keine Rolle eigentlich. Klein. Aber nein, ich bin dann nicht bei Swas gewesen und die Jungs von Swas sind halt noch mega jung gewesen. Das ist der Janik. Noch nicht, Die sind immer noch jung. ja, der Janik ist dann noch kein 18 gewesen. Und Wow. wir haben uns das erste Mal getroffen, zu Uster, in einer Bar. Und dann haben wir gefunden, komm, jetzt saufen wir eins. Ich gang 3 Wodka-Shots holen. Und der habe ich Janik gesagt. so, ich darf keine Ja, der Janik so, ich bin von noch nicht 18. Ich so, ist doch gleich. Welche Bar war das gewesen? Zu Uster, beim Red Ochre Grill hat es da zumal Okay, geheißen. Polizei, ihr wisst, wo vorbeigehen. Aber ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ja, ich weiss auch wieso. Nein, ich weiss noch, wo ich noch nie 18 war, wir haben den Rest Alkohol von Broken Fate bekommen. Weil ich habe mit dem Brüder vom Schlagzeug gespielt, das war mein Schlagzeug, und wir haben eine Probe unab Broken Fate gehabt. Und die haben einfach einen Tablar mit Flaschen, so mit Handmade-Etikette, wo steht Wodka. Ich kann gerade sagen, der Rest Alkohol von Broken Fate ist wahrscheinlich nicht wenig und nicht soft. Und wahrscheinlich bist du blind, wenn du zu viel davon trinkst. Etikette, was selber draufgeschrieben ist. Das war auch polnische Fehlgereiniger gewesen. Ja, genau so. Nein, und Proben sind immer freitags oder samstags gewesen. Oh, das ist gefährlich. Ja. Nein, Samstag gewesen, und mein letzter Bus war am 8. Uhr Abend gewesen. Also ich habe immer übernachtet im Proberaum. Fucking hell, wo hast du gewohnt, Mann? Ich habe in Urdorf in Zürich gewohnt und wir haben in Muri geprobt, in Aargau. Scheiß Muri, Alter. Der letzte Bus war am 8. gewesen, also haben wir fertig geprobt und nachher mit Broken Fate einfach gesoffen, bis ich nicht mehr gewusst habe. Wir haben mit Aber Abfahrt, aufgestanden. wir haben mit Abfahrt nach Corona in Muri eine Show gehabt. Wo? In dieser Gator-Zeugs dort. So. Das war eigentlich easy geil gewesen. Die Location ist wirklich sick gewesen. Hey Jungs, machen wir jetzt mal einen Weekender AFAD versus ein Whiteout. Wäre schon Können wir sick, machen, ja. ja. Gut. Voll. Auf jeden Fall Nie wird es passieren. haben wir in Muri einen Hoffentlich Gig gehabt. stirbt als letztes. Ah, wir brauchen zuerst einen Drummer. Wir haben in Muri... sonst machen wir es wie Kate. Nein, ihr müsst einen Kate-Effekt machen. Ja. Genau. Ja. Anyway, wir haben mal in Muri einen Gig Frage gehabt. den Eckert. Und ich bin gefahren, ich bin mit dem Auto, ich habe so gedacht, also mit dem Navi gefahren, so, dann ich so, oh, jetzt schon ab der Autobahn, dann ist es sicher nicht weit. Alter, und ich fahre durch, ey, ich dachte, fucking hell, Alter, wo komme ich da an? Und dann ist es einfach so, und dann habe ich es nicht gefunden, ey. Dann ist es einfach so irgendwo hinter dem Lidl, dort müssen wir eine Tiefgarage haben. Und dann ist es aber wirklich eine sicke Location gewesen, also. Ja, aber das gibt's oft. Ja. An der Gare de Lyon ist so eine Location in Wiel. Ja, dort wäre eigentlich In Flames gespielt, hat eigentlich In Flames gespielt. Was? Ja! Wenn? Irgendwie ich muss den Luca genau fragen, aber irgendwie nach Corona eigentlich. Und es ist dann immer verschoben worden, aber effektiv dort. In Flames? Ja. Im Gare de Lyon? Ich muss Die Location kann ich überhaupt nicht. Brudi, das ist so eine HC Real, das ist Kiff in Klein-Location. Mhm. Ja, Gut, easy. ich weiss noch, als ich mit der Tropas ein Konzert gespielt habe, glaube ist es mit Insanity gewesen? So Hardcore-Bands, und es ist so ein veganer irgendwie so vegan Straight Edge Kulturzentrum. Also jedes Jugendkulturzentrum, wo links ist. Gibt's rechte Jugendkulturzentren? Alter? Ganz sicher, aber die heißen dann anders. So dort, wo die junge Tat halt sich trifft. So. Du weißt, das sind so Sachen, das sind so Jugendkulturzentren, wo du nur darfst oben ohne spielen.
nur darfst Ansagen über Hitler machen. Und du musst als weiße Dreads tragen. Okay, wir werden jetzt schon cancelled. Wir müssen etwas zum Dienstag aber warten. wir sind ja bei SOAS noch gewesen. Ja. Er will nicht über das Wasser reden, merkst du? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Wir schweifen einfach immer ab. Wir zwei schweifen ab. Wir sind jetzt einfach mal ruhig und lassen nicht über das Wasser erzählen. Nein, eben, dann bin ich bei SOAS gewesen. Dann haben wir die erste Probe gehabt. Und dann bin ich in den Proberaum gekommen und ich dachte, Alter, was ist das? Alter? Der Proberaum war literally kleiner als der Raum da, wo wir gerade drin sind. Und es war in so einem Jugendkulturhaus gewesen, in Beriken. In Beriken. Und Alter, was mir auch für ein Sto... Also, was für ein Sto... Es hat einfach so 12-Jährige von außen kiffen und so. Und dann, wir hatten kein PA gehabt. Und dann haben wir von dem Jugendhaus haben wir so eine Box, es hat ausgesehen wie so ein Bass-Combo-Amp, aber es war für Vocals gewesen. Dann haben wir über den gespielt, aber nach 5 Minuten bist du flotschnass geschwitzt gewesen, wenn du dort probiert hast. Und ja, dann haben wir dort, zuerst haben wir ihre alten Songs gespielt und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass die alten Songs eigentlich easy scheiße sind. Und dann haben wir neue Songs gemacht. Wer hat die alten Songs geschrieben? Ihre Gitarrist? Nein, ich weiß nicht, keine Ahnung, der Kasi, ihre alte Das Sänger. Ding ist eben, der Josh hat das Gefühl, wir hätten oft miteinander gespielt, aber ich glaube, Versus und... Versus sind zwar vielleicht zweimal wir haben eine Show miteinander gespielt und an der bin ich nicht rum gewesen. Ja, aber das ist der Vigi, ist im Backstage plötzlich geguckt. Stimmt, hat er dich ein bisschen draus gebracht. Auch der Vigi dort, auch so ein Snowboard-Profi im Backstage vom Berg 21 Alter. Und ich in Kuba mit Severas. Ja, anyway, auf jeden Fall, nein, dann haben wir Songs geschrieben und dann, also nein, wir haben sogar noch eine Show gespielt mit den alten Songs, weil Anthem for a Dying Day hat uns eingeladen auf eine Show von ihnen im Cocktail Zolten. Und das war meine erste Show mit SOAS gewesen. Und die ist richtig hart in die Hose. Weil das ist mega Krieg gewesen, weil der Mischer, der jetzt kommen soll, ist nicht gekommen. Dann ist irgendwie so ein anderer gekommen. Und dann man hat einfach nichts, also meine Vocals hast du so gar nicht gehört, weil sie einfach nicht gut gemischt sind. Und auch sonst mega untight sind wir gewesen und so. Aber es ist so halt so wie es muss sein. So wie es muss sein, ja. Und dann, dann haben wir Songs geschrieben. Dann hat der Janik haben wir auf den Geburtstag von seinen Eltern geschenkt bekommen, dass wir können, glaub, 3 Songs aufnehmen bei so einem Dude. Damn! Ja. Und dann sind wir zu dem Dude gegangen, ich glaube 3 oder 4 Songs sind es gewesen, ich glaube 3. Und dann haben wir die aufgenommen. Und das war Bitrend EP gewesen. Nein, das war nicht Bitrend EP gewesen. Oder schon? Bitrend EP hat der Luke gemacht. Aber der Luke hat Nein, der Luke hat nur einen Song gemacht. Genau, der Luke hat nur einen Song gemacht, glaube ich. Aber die EP selber sind wir bei dem Dude aufnehmen und dann sind wir maximal grossed worden online. Nach dieser EP, also der hat Rock noch so ein Review gemacht und das maximal grossed. Was? Ja. Weil es halt echt nicht gut war. Aber dann geht es einfach so, irgend so ein Online, so ein recht grosses Online-Magazin. Ich gehe so Teenager-Bands roasten. Ja, also es ist jetzt nicht böse grossed gewesen, aber sie haben auch machen bei rocknews.ch. es ist jetzt nicht böse gewesen, ja. Also nicht böse gross. Sie haben halt einfach geschrieben, was es war. So. Ich roaste nicht mal die grossen Bands. Okay, doch, die haben auch nicht roastet. Kann man das sagen, doch hast. Ja, und dann ist ein das. Und dort hat der Ramon in dieser Zeit eine ganz spezielle Freundin gehabt. Und wir haben in diesem Jugendding geprobt. Und das war irgendwie so gewesen, nach der 10 darf niemand mehr rein, außer die im Mietvertrag von diesem Raum sind. Ja. Und dann hat er unbedingt wollen, dass wir seine Freundin auch in den Mietvertrag rein tun. Und wir haben gefunden, ja, wenn sie in den Mietvertrag will, muss sie Miete zahlen. aber das hat sie nicht wollen. Und er auch nicht, dann hat es mega Stress gegeben. Aber das ist ganz mega Beef gegeben. Aber ich muss echt sagen, das ist ganz ein fairer Punkt. Das ist wirklich ein fairer Punkt. Ja. Yeah. Weil es gibt ja auch den Ding, der Dude, der Glenn Fricker von Spectrum Media Group. Der hat ja gesagt: Don't cup the mic. Na, ja, das hat er gesagt. Machst du das? Kappst du das Mic oder nicht? Gut, besser, geiles Sicht. Und keine Freundinnen, wenn man recordet. Aber wir haben ja nicht recorded. Ja, aber auch sonst. Anyway. Auch sonst. Habe ich euch nicht mal geroastet, wo in einem Planet 5 im Soundcheck Freundinnen auf die Bühne hatten? Sind es ihr gewesen?
Wir haben keine Freundinnen auf der Bühne gehabt. Nicht auf der Bühne, Und oder die- vor es der Bühne, ist was, die haben dort keine wo ihr Freundin am Soundcheck sind oder so. Ja, die paar Freundinnen sind nämlich schon dabei gewesen, ja. So. Ich glaube, da habe ich groß so, Jungs, nehmt es ernst. so etwas. Wir sind Ah, ja, das kann sein, ja. Ja, ja. Weil ich glaube, bin ich nicht an dem Mischen gewesen? Nein, das ist nie gemischt. Aber die haben gespielt mit Whiteout. Ja, stimmt, ja, voll in Planet 5, oder? Ja. Ja, voll. Das weiss ich noch. Ich glaube, dort hat da der George sogar ohne Verzerrung gespielt und ich so, Junge, was machst du? Ich habe einfach seinen Ton gerostet. ich so, Junge. Gut, der Josh behauptet Bass hat keinen Ton, so von dem her. Also. Ich habe einen grossen Bild einfach einen Clean Sound gehabt im Bass. Ich so, Brudi, was machst du? Ja, der Guillaume hat ihm dann mal ein Big Muff verkauft, hat es einfach nie gebraucht. Ja, also ich habe dann im Fall auch einen Clean Sound beim Ja, aber Bass. du hast auch ein bisschen Verzerrung, wenn du Metal spielst. Aber Ich kann einfach, ja, es ist nicht ich gebe verzerrt. dir mal mein Dark Glass. Nein, ich kann ja das Mein Helix. Alpha- Mein Alpha Omega Dark Bruder, Glass ich kann es- Pedal, ich Alter. kann Und es- du willst nie mehr etwas Bruder, anderes. ich kann ein Helix. Ja und? Aber kein Dark Glass. Ja, Alpha aber dann Omega. gibst du mir das Dark Glass und ich gebe es dann nicht mehr zurück. Doch. Ich habe noch die Snowboard. Ich bin ganz ehrlich. Du hast gar nicht daran gedacht, dass ich es noch habe. Ich bin ganz ehrlich. Weißt du, wie lange steht das Snowboard schon bei mir rum und ist nicht gebraucht worden? Ja, lange. Es war verstaubt, als ich es geholt habe. Eben, da hast du dein Dark Glass. Wenn du den Geiselaustausch machen willst, stehst du alleine dort. Fucking hell. Darkless ist gleich. Vor allem das Dark Glass kostet mehr als dein altes Snowboard. Das ist gut möglich. Es Ja. sind teuer, die scheiß kleine Pedal. Aber sie sind sick, Sind Alter. hure Sie sind richtig Ich nehme es geil. zurück. Ich spiele ja mit einem Sansan Bass Driver, der hat das Ding. Das ist gut. Gut, ich kann den Darkless als Plugin vom Bass. Das ist geil. Das ist schon sick, ja. Brauche ich bei jedem Demigod an List. Ja, es ist halt schon sick. Das ist hure heftig. Ja, nein, anyway. Ja, Aber Alter, wie kann der Josh sagen, der Bass erkennt, der Bass macht literally die Das Musik. ist alles Ton, Bruder. Der Bass ist das, was die Musik macht. Das ist der wichtigste Ton. Ja, mehr als Gitarre. also Die ich kann, wichtigste. also wenn jetzt, Josh, wenn du jetzt sagst, du hast das nie gesagt, ich habe Beweis. Also ich weiss noch, ich habe Weiss, den dass Josh du das gesagt gerostet. hast. Ich weiss noch, wie er hat komplette Clean Sound gehabt. aber Nicht so was. Nicht so. Jo. aber das Wichtigste an einem Gitarrensound im Mix Ja. ist der Bassist. Ja. Eben. So. Aber ich muss sagen, wir haben alle den Fehler gemacht. Ich habe auch mal gemeint, Bassisten braucht es nicht. Nein, das habe ich Braucht auch halt schon. Und Und dann- dann hast du White Stripes gehört und hast gemerkt, oh fuck, Und- doch, es und ich- braucht's. Also wenn ich überlege, was ich für... Fucking funny, weil White Stripes kein Bassist hat. Ey, aber wenn ich überlege... Eben darum. Nein, wenn ich überlege, was für dumme Scheiß man sagt als junge Musiker im Ja. Fall. Ich habe einmal Bassist gesagt, ja, Bass ist nicht wichtig. Ja, aber schau Ich jetzt, bin so ein ich Arschloch, stelle jetzt ja. gerade harte Thesen auf. Bass ist ja nicht wichtig. Schau mal moderne Metalcore-Bands an. Eben. Ich meine, Schon steile, aber schon steile These. wir sind ist am Bring Me alles- the Horizon Konzert gewesen, Das ist alles Submission, Eurobass und Synthes. aber wir sind am Bring Me the Horizon Bring. Konzert gewesen. A Day to Remember ist Vorband gewesen, absolut genial, aber ein Mitglied nicht rum. Und welches ist es gewesen? Der Bassist, das sind zwei Ja. Gitarristen auf der Bühne gewesen. Okay. Welche Metalcore-Band hat heutzutage noch einen Bassist? Sorry, Safer Last Breath, dass ich euch jetzt roasten, aber wo ist er? Wo ist er? Hä? Wo ist er? Ja, aber Save for Last Breath ist eben einfach so krass gut, dass sie es einfach keinen brauchen. Ja, sie haben sind den- auch- sie sind Nein, auch- schau, das Ding sie ist sind halt, Safer Last Breath macht es halt gut. Sie sind eine Ausnahme. Sie haben halt den Lieblingsbassist von jeder modernen Metalcore-Band dabei. Keine. Der Laptop. Ja, voll. Eben, bei Demigod an List mache ich auch alles. Alles ist der Virtual Bass. Ja, aber du spielst ja mit Demigo nicht live. Nein, Also es wäre schon immer noch geil, so mit so einer Loopstation. das ist schön. So wie so Singer-Songwriter, aber einfach so Metal. So, es, Der Ed Sheeran, Mann. Ja. nein, es gibt Ja, der Ricky hat, Weißt du, was es ist? hat rote Haare im Bart. Er Bruder, ist- es ist der Ed Blech. Nein, Der es gibt eine Tech-Death-Band, wo einfach ein Dude mit dem Laptop ist. Ich glaube, heisst Enel Vomit. Oder Warte, so kann etwas. Ist einfach ein Dude, der geht, ist so ein 40- oder 50-Jähriger so Gut. mit seiner Gitarre. Ganz oben. Ich habe schon 3 von denen gesehen live. Ja. Immer Tech-Death. Einmal mit dem Janus Christus. Einmal bin ich random mit dem Umi Sebri, Mhm. wo einfach auch so einer da war. Ja. Und sonst noch mal irgendwo. Der Umi war übrigens auch der 80s Party gewesen, im 21. Es sind alle da gewesen, außer ich. Ja, du hast Mus auf Lags. Haben wir sogar Snowboarden. Ja. Nein, der Ricky ist auch nicht dort gewesen. Eben, und ja, der Ricky ist im Gaming sehr besseres tun. Ja, stimmt. Das ist Und der- eben, du bist wirklich am Match gespielt gewesen dort. Und eben das war's. Ah. Das war's. Nein, dann haben wir gefunden, dann haben wir eben die EP aufgenommen, sind wir gerostet worden. Und dann haben wir gefunden, komm, jetzt machen wir nochmal etwas und dann gehen wir zum Papa Ricky. Und dann sind wir zum Papa Ricky. Aber wie sind ihr zum Papa Ricky gekommen?
Das Ihr habt weiß ich einfach- noch. ihr habt Das mit weiss ich Whiteout gar gespielt, nicht. oder? Ich weiss noch. Wie sind wir zu dir Ich habe gekommen? einfach am Janik voll low-key einfach Demos von Whiteout geschickt und gefunden, hey Brudi, was denkst du? Einfach so random. Und dann habe ich gefunden, ist dann gut, können wir zu dir gehen. Ja. Das ist sick. Ja, in dem Fall. Auf jeden Fall sind wir dann zum Papariki und dann sind wir als Band mega gewachsen. Also technisch und so, alles drum und dran. Songwriting, ich meine, Ricky regelt. Ricky regelt, ich sag's. Das war Und, geil gewesen. Wir ja. sind die erste Band, die ich Ja, das überhaupt stimmt auch. produziert habe. Das stimmt auch. Der Ja. Ricky hat eben letzte eine Demo von mir gerostet und dann haben wir den Refrain nochmal umgeschrieben. Von welchem Projekt? Wer ist es? Ah. Ich bin so im Bandraum und ich so, hey, findet ihr den hohen Refrain eigentlich geil? Und der Domi so, nein, Alter, irgendwie nervt er. Und dann der Timo, also, ja, ist schon nicht so das Wahre. Ja. Das haben wir einfach komplett neu gemacht. Auf jeden Fall haben wir dann eben die EP aufgenommen beim Ricky. Und dann hat Rock wieder ein Review über uns gemacht. Und das Mal ist ein richtig gutes Review gewesen. Rock gibt's auch nicht mehr, gell? Ich glaube nicht, dass die noch Nein, gibt. nein. Nein. Ah, nein, die gibt's nicht mehr. Mhm. Nein, die gibt's nicht mehr. Mhm. Funny Story, Rock hat mal... Oh, warte kurz. Okay. Wir haben eine Show gespielt im Zwetzigen in der Hall of Fame mit Swas. Mhm. Und das weiss ich noch ganz genau, das war mit Atropas gewesen. Und das ist quasi, wir haben sie einfach, das ist von so einer Tour gewesen, wo Atropas war, ich glaube irgendwie Loudry XXL-Tour oder so. Mhm. Und Atropas ist auf dieser Tour, ist der Headliner gewesen. Und wir haben jetzt einfach, und wir haben dann Dini, dann haben wir eben die EP aufgenommen und dann haben wir einfach die Show missbraucht als EP-Release. Und dann haben wir einfach mehr CDs verkauft als Atropas und dann machen wir das ein bisschen abhiss gewesen, deswegen, das weiss ich noch. So das Paleface-Phänomen. Ja, das war lustig Ja, gewesen, ihr habt auch einen Hot Moment gehabt im Fall. Das war's, ja. Also Ja. wir haben wirklich, also auch Bis jetzt immer noch. Also, Also, es es wird immer ist- noch gelost. es wird wirklich immer noch gelost, Mhm. ja. Also ich sehe es auch Es auf wird- es DistroKid und so. Das hat wesentlich mehr Aufrufe als Versus. Und nein, auch vor uns, also vor der Bühne, bei den Shows sind eigentlich immer Leute gewesen. Mega, Also, ja. und nicht wenig eigentlich. Also es ist eigentlich wirklich immer gut gelaufen. Mhm. Aber ich glaube, das ist nicht Die das sind hat halt einfach real, das ist es. Die sind halt einfach kein so... Man merkt... also gewesen. Wir sind ja die nicht. sind immer noch real. Außer Ja. der Yannick, der ist jetzt kein Sellout, aber das ist okay. Nein, der ist auch noch real. Aber ja, aber das ist halt. Ich meine, ich in Musik ist auch so. Sorry, no fucks left to give. Ja, Ich liebe den Song. Ja. vor allem das ist dort, geil. in dem Song, der Dings, das Easter Egg, wo wir das Bier Ja. aufmachen. Und das weiss ich noch genau. Dann haben wir so, oh, was ist irgendwas mit Jägermeister? Das war. Ja. Aber Ah, du hast geschrieben, Bro, was sind die Shots? Hast du reingeschrieben? Das ist lustig Das gewesen. ist der Ricky. Ja. Ja, das ist der Ricky. Ja, und musst hören, wer die. Ich habe den Intro ja gemacht, oder? Ja, Mit der Stimme. Ich habe versucht, Morgan Freeman nachzumachen. ja. musst los. Das Ja, ist cringe. das ist geil. Ah, das ist übrigens auch falsch. Der Josh hat gesagt, das sagt der meist gestreamte Dings auf Spotify. Das stimmt gar nicht, Alter. Das ist der, der am wenigsten gestreamt worden ist, das Intro. Okay, also es heisst nicht nur, wer blastet was, sondern einfach auch, wer blastet Fake News. Ja, ja. Ja, sick. Fox News. Die sind ja nicht fake, die sind einfach recht. Ja, fair. Ja, ist das nicht fake? Kommt drauf an. Ich weiß nicht, bist du nicht auch aus einer Schau, es Wohnung, zeigt- bist du nicht auch aus einer Wohnung in Windisch gerührt worden? Nein. Aber schau, das Intro zeigt es halt einmal auf Spotify. Oh shit, ja. Aber ich glaube, ich habe auch mal reingeschaut und Intro ist recht oben gewesen. Aber jetzt nicht mehr, schau doch. Ah, in dem Fall, ja. Hey, aber ich hatte das noch nie gehabt. Ich bin noch nie in einer Band gewesen, die es nicht mehr gibt. Und aber gleich noch auf Spotify ist. Ja. Wie fühlt sich das an, wenn du so auf Spotify gehst und das anschaust und du siehst, dass es immer noch gestreamt wird, dass es nicht einfach stirbt? Ist eigentlich schon noch sehr geil. Also ich finde es cool, Alter. Es gibt jetzt wirklich schon lange nicht mehr. Ich glaube, wann war es? Gewesen? Das ist schon das Zeit. Ja. 2019 oder so haben wir unsere letzte Show gespielt im Ebri und die war richtig sick gewesen. Das war eine richtig geile Show gewesen. Nein, das war voran, Bro. Das war fix voran. Weil du hast wir haben uns mal irgendwo an einem Diesnatz-Konzert getroffen und dann hast du gesagt, für eine Tour mit uns würde sich, glaube ich, was sogar wieder eine Reunion machen. Dort sind wir hackevoll gewesen, beide, aber es ist ein wann sind wir's nicht Diesnatz-Konzert Diesnatz-Konzert im Dynamo gewesen. Das heisst, es muss vor 2019 gewesen sein. Nein, warte, ich schaue jetzt gar kurz. 2019. 4. Oktober 2019 ist der letzte Eintrag auf unserer Facebook-Page. Da. Ja, aber Brudi, wann haben wir Ah, das und gesehen? heute habe ich den gesehen, ist bei mir auftaucht. Und ich so, warte, das ist da vorne, wo ich jetzt wohne. Oder ist das vorne? Wo? Das ist bei der Insel, ne? Nein. Es sieht fast Das ist irgendwo im Zürich Oberland. Das sieht wie Insel irgendwie. Nein, ja, dort wohne ich, Alter. Eben, genau, das habe ich gemeint, so, maybe. Nein, es ist nicht dort. Es ist nicht Alright. Nein. Dann ist es. dort. Nein, 2019 war unsere letzte Show. Wann Gewesen. ist denn das Diesnatz-Konzert im Dezember? Ich weiß doch auch nicht, Alter. Frag mich nicht so Zeug. Also kurz vor Pandemie eigentlich.
Ja, eigentlich schon, ja. Es ist, Da müssen wir nachher noch mal drüber reden. Da habe ich noch irgendetwas im Kopf, das ich jetzt aber nicht da besprechen Okay, das es, ist fühlt, fair. es fühlt sich so wie Ewigkeiten her und gleichzeitig. Ja, nicht. voll, gell? Ich habe eben das Gefühl. Ja. Vor allem eben, weil wir ja eigentlich alle Jungs von SWAS, wir haben ja immer noch Kontakt zueinander, Mhm. wir machen Sachen miteinander und so. Darum. Voll. Ja. Das ist mega cool. Du hast mal letzte Woche mit einem Bier trinken, mit dem Drummer, glaube ich, oder mit dem Ramon. Ich bin mit mir auch mal Bier trinken. Ja, aber dann habe ich es einfach crashed. Dann hast du mit mir und dem Ramon müssen Bier trinken. Nein. Du, mich wollte mit dem Ramon Bier trinken und dann hast du gefragt, ob wir noch in die Hafenkneipe kommen. Ah, ja, stimmt. Weil Michelle war dort gewesen mit ihren Schulkolleginnen. Aber jetzt, eben, alle Mitglieder haben nachher in andere Bands gespielt. Ja, voll. Oder? Und das Coole ist, dank dem, also ich habe ja, sag ich mal, so wie das heißt, produziert. Und ich habe auch die Chance gehabt, zum Beispiel mit With One Word, glaube 2 Songs aufzunehmen, ist cool gewesen. Mit Anthem habe ich nachher auch. Ja, voll. Mit Affat hast du auch noch, ja. Mit Afat habe ich ja einiges aufgenommen und eine coole Beziehung aufgebaut. Und das ist ja geil. Ja, eben. Das ist schon sick. Ja, auf jeden Fall. Nein. Und dann habe ich eben eine Zeit lang nach SWAS eigentlich keine Band mehr gehabt, weil ich habe mich noch auf das Studium konzentriert und alles drum und dran. Und dann habe ich irgendwann gefunden, ich brauche noch ein bisschen etwas so als Ausgleich zur Schule und alles. Und dann hat der Luca, Shoutout zum Luca, Ja, er ist einer der besten Menschen, die ich auf dieser Welt kenne. 100%. Er hat mich dann gefragt, ob ich will Bass spielen bei Affat, weil sie haben keinen Bassist mehr gehabt. Weil der Guillaume hat nicht mehr können wegen dem Studium. Er hat einfach zu viel zu tun gehabt im Studium und hat dann gemerkt, ich kann nicht mehr so bei der Band dabei sein, wie ich will. Und dann habe ich halt gesagt, ja, hey, ja, das tue ich machen, aber das Studium ist Priorität und das müsst ihr wissen und akzeptieren. Und ich spiele Bass, aber ich spiele nicht so freaky Ja, voll. Solos. So, ich spiele einfach das, was die Rhythmusgitarre spielt. Brauchst du auch nicht Und unbedingt. das hat eigentlich gelangt, das ist für alle okay gewesen, das hat gelangt und seitdem spiele ich bei Affat Bass. Ja. Das ist aber etwas mega Wichtiges. Was? Dass du von Anfang an gesagt hast, das Studium hat bei dir Priorität. Weil Ja, ich habe das Gefühl, bei mega vielen Bands ist es so, dass sie dann das Gefühl haben, dass die Band Priorität hat. Und bis zu einem gewissen Zeitpunkt hat die Band auch Priorität. Ja, meiner Meinung nach. logisch. Aber ich meine, zu dem Zeitpunkt bin ich schon relativ Eben, älter ja. gewesen und dann hast du halt so ein bisschen, weißt du, Aber vor allem, du wenn- denkst einfach anders. Früher mit 25 oder 23 hätte ich vielleicht auch so gedacht, ja nein, fuck it, Alter, Band hat Priorität. ja, und aber so. eben, wenn du überlegst, das ist eben Meine ein Gedanke. Anfangszeit des Was haben wir gemeint, wir können es voll reissen. Ja, das haben wir alle das Gefühl. Das haben wir aber alle mal das ist so etwas, alle was, mal gehabt. das ist Ja. etwas, was du dir als junge Band musst bewusst sein. Deine Band sollte nicht deine Hauptpriorität sein. Ausser Ausser du bist Paleface. deine Band bringt dir genug Kohle ein, dass du kannst deine Rechnungen zahlen. Ja, schon. Dann darf deine Band deine Hauptpriorität sein. Oder du hast wirklich, alle zusammen haben das Ziel, wir machen das jetzt, wir ziehen das Nein, jetzt das ist im durch. Fall eben nicht richtig, was du jetzt gerade gesagt Das hast. stimmt schon nicht, aber das Problem an der ganzen Sache ist eben, es stimmt schon nicht, weil so wirst du nicht die grösste Band ever. Ja. Aber wenn du jetzt überlegst, Heaven Shall Burn, das ist dann ihr Hobby. Oder Nebenberuf. Ja, ich weiß. Aber es ist ja so, aber bevor du überhaupt so zu dem Punkt kommst, dass du Rechnungen kannst zahlen mit deiner Band, musst du zuerst dich so committen und deinen Job aufgeben quasi, für dass du überhaupt auf den Weg kannst kommen, dass du Geld damit verdienst. Ja, aber ich finde, du solltest es ein bisschen graduell aufbauen. Du solltest mal zuerst ein bisschen Fuß fassen. Du solltest nicht einfach sagen, also gut, wenn du es machen sagst, von heute auf morgen könntest du den Job und machst es einfach. Also ich meine, schau mal die Jungs von Paleface an, die können nicht mehr eine Festanstellung haben. ja, gut, Sie können nur noch temporär arbeiten. das ist so, ja. weil, aber eben, weil das geht sonst mit aber die den sind Touren einfach nur nicht. gross. Ja, schon, aber Die meisten Bands werden einfach nicht so gross. Es ist das ist es so. ja. wie die Führungsebene in meiner Bude sagt, brutal fact. Ja, Aber man muss ja das musst sagen, du akzeptieren. es muss eine perfekte Balance sein zwischen Hard Work und Erfolg, beziehungsweise mega. Paleface haben es mega explosiv gehabt, aber die Jungs arbeiten wie blöd. Hey, sie sind die ganze Zeit ja, dran. die sind 24/7 am Hustlen. Bevor die grosse Explosion war, die sind einfach konstant Neues. Ich habe immer gesehen, die sind am Probe am Arbeiten. Der Janik, Dude, in dieser Ja, auch ihre Videos und Alter, so. in der Zeit, wo die meisten Bands, ich meine, während Corona haben wir ja nichts zu tun gehabt, alle. Was hat's gesagt? Versus hat eine EP rausgebracht. wir haben auch EP rausgebracht. White hat eine EP Ja. rausgebracht. Affat hat. Auch? Nein. Kein EP. Aber ein Ding ist ein Song. Ja, eben, genau. Ein Song, ein EP, Paleface, 2 Alben. Ja, ist crazy. Einfach einen Song und ein Musikvideo rausgebracht. Fair. Ah, mir auch. Musikvideo, stimmt. Ja, mir auch. Ja. Aber eben, Paleface, mindestens 2 Alben.
Die Alben haben alle etwa 16 Songs drauf. Ja, echt crazy. Bei 3 Musikvideos und sie sind die grösste fucking Band aus der Schweiz geworden, was einfach sie gibt machen halt momentan. einfach, sie geben einfach alles, sorry. Ja, Das ist eben gut. Also das kann nicht jeder. Und ich meine, was wir zum Beispiel auch bei Wild machen, ist, steht irgendwie mega viel auf weißt, irgendwie, du kannst entweder, wie kann ich sagen, burn quickly und nachher, weißt Das ist das, was ich ja vorher noch Oder? sagen mit diesen Bands, die sich alle immer Voll. aufgelöst haben. oder du kannst Baby Steps machen und langsam aufbauen. Ja. Baby Steps, dass es konsistent ist, oder? Aber immer mehr und immer mehr. Aber ey, wenn du findest, hey, im Moment bin ich vorher viel am Studieren, was auch immer, ich kann nicht so viel Zeit investieren, oder? Dass die Transparenz und die Kommunikation auch da ist. Oder weil wir können auch Das sagen, ist das, was ich will sagen. Das Wichtige Ja. ist, dass du es ihnen gesagt hast. Ja, Weil eh. mega viele Leute sagen es dann nicht, weil sie das Gefühl haben, dass es funktioniert nicht. Das ist. Und dann kommt es eben nicht gut. Das ist das, was ich aber eigentlich das will ist ein sagen. bisschen, das musst du doch ein bisschen in allen Bereichen vom Leben anwenden. Ja, du aber musst das einfach weißt- sagen, aber was das- Fakt ist. Aber sind wir ehrlich, das Mit- machst immer du mit mit off- 20 Du nicht. musst immer mit der offenen Karte spielen, egal. Aber das machst du mit 20 Nein, nicht. natürlich mit 20 nicht. aber Das ich hat hätte es niemand mit 20 gemacht. Jahren nicht gemacht. Nein, logisch nicht. nein, und was ich auch gelernt habe mit Demi God Unleashed zum Beispiel, ist, ja, du kannst mega viel mega viele Songs releasen oder was auch immer, aber nachher hast du immer wie heißt es, du hast den Moment, wo du releasest, oder? Dann ist das High und nachher kommt der fucking, wie heißt der? Postpartum Depression. Irgendwie so etwas. PTSD, oder? Nein, das ist etwas anderes. Nein, und ich habe gemerkt, dort wo ich mit dem dann liste, irgendwie einen neuen Song, oder ich habe irgendwie Du meinst Drogentief? es ist immer, du hast den High und plötzlich nachher bist du nur die Zahlen in Spotify for Artists am schauen. Sorry, Was ist denn Alter. passiert? Die Folge müssen wir Master of Puppets nennen. Wir haben schon so viel von dem hohen Drogen hoch und dem Tief geredet. Ja. Ich muss jetzt einfach Master of Puppets Aber heißen. ich bin froh, dass es weniger schlimm geworden ist in den letzten paar Jahren mit einfach, wenn du Release ist, so wie cool, ist raus, hast du immer so wie alle Zahlen die ganze Zeit schauen, alle immer am Refreshen und die Ich ganze bin Ja. jetzt schon so durchgedreht. Ich habe ja das Gefühl gehabt, ich probiere mal etwas Neues mit der Band und habe angefangen für jetzt, weil wir ja in der nächsten, wir sind jetzt dran, kurz davor, wir sind Songs am fertig schreiben momentan und Und Road to Nowhere. Pre-Production machen und eben das meine ich. Aha. Eben, wir sind Songs am fertig schreiben, Mhm. Pre-Production machen, recorden, um sie ins Studio zu schicken. Mhm. Und wir sind also am Vorbereiten für das Konzert. Mhm. Und dann habe ich das Gefühl, ja fuck it, ich habe noch nie eine Band gesehen, die mal ehrlich mit den Leuten ist und einfach mal das filmt, wie das überhaupt ist, wenn du dich als so eine Band mit einem Job, mit einem Vollzeitjob nebenbei Ja. überhaupt dingseln. Und dann habe ich die Idee gehabt, dass ich die Road to Nowhere Doku mache mit den Versis. Ja. Die erste Episode, vielleicht habe ich einfach durch das, dass ich unwissentlich, ich habe nämlich keine Zeit gehabt, ich kann nicht können meine Hashtags, die ich immer brauche, kopieren. Habe ich einfach neue Hashtags gemacht und ich habe es vielleicht auch gerade zu einem Zeitpunkt gepostet, was gegangen ist. Eben, das Ding hat innerhalb von 20 Minuten viele Likes gehabt. Das hat nach 1,5 Tagen über 60 Likes gehabt. Noch fast kein Post von Versis hat das geschafft. Wochen später, ich mache die zweite Episode, die hat jetzt 25 Likes. Und ich dachte mir nur so, Bro, what the fuck. Aber dann am Abend, nachdem ich das aufgeladen habe, kommt der EMS-Podcast, Mhm. was eben heisst, ja, du musst Hashtags alle einzeln schreiben. Und ich so, boah, ich Idiot. Siehst du jetzt nochmal, das hat so viele Aber eben, das ist genau das, was ich gesagt habe. Die ersten Dinge haben mich so ich so, oh mein Gott, das kommt gut an bei den Leuten, das kommt gut an, dass die zweite Episode auch muss gut ankommen. Und die zweite Episode hat nicht mal halb so viele Likes. So. Yeah. Ich muss sagen, das vom konsistentesten Wachstum, was ich gemacht habe, ist der Podcast. Ja, der Podcast ist sehr Gut, aber du hast mit dem Demigod auch mal einen mega Hype gehabt. Ja, das ist ein algorithmischer Push von Spotify gewesen. Aber egal, er ist da gewesen. Ja, das war cool gewesen, voll. Ich habe einen Screenshot gemacht. So. Wie viel, das ist verdammt viel, wie viel Dings ist es? Ich habe 8000 Monthly Listener Streams gehabt. Ja, genau. Bei Insomnia. Das ist Aber crazy. eben, der Podcast, das, was du schon mal gesagt hast, ein Artist's Ego. Darum funktioniert unser Podcast. Ja. Ja. Weil es einfach alle wollen da rein vorkommen. Sie wollen alle mal irgendwie genannt werden, sie wollen alle irgendwie Ja, mal... natürlich. Jeder will mal, bei der Wurst sein. sie wollen Alter. alle mal da hocken, wo der Mike jetzt sitzt. Voll. Aber ich Ja. meine, es gibt auch viele Momente, wo... Es würde noch viel mehr wählen, wenn die Couch aus Leder wäre. Nein, aber Und die Wand weiss. Aber im Fall, ich weiss noch, wie ich amix schaffst du mega, mega hart für etwas, oder? Und nachher fühlst du dich so wie Scheiße, niemand los, oder? Und fühlst dich ein bisschen invisible in dem Sinn. Aber das Gute ist, egal wie wenig Spotify-Streams du hast, wir werden es hören und vielleicht auch erwähnen. Also dann, you're not alone, Das bitches. stimmt. Das ist so. Das stimmt. Wenn, Oh. wenn du das Gefühl hast, deinen Song hört niemand, schick ihn mal uns. Wir hören Ja, genau, den, ja. weil wir kennen es. Es geht genau Voll, gleich. voll. Wir Und es hören geht- es den geht um all und die dann richtig- gehen wir fucking rock.ch an. Genau.
Da tun wir roasten. Nein, aber ich Da meine, wird gross jetzt erstmal. und das Ziel von dem ist auch die Reichweite von dem ein bisschen weiter zu pushen, weißt du? Und ich meine, wir können auch mal amix roasten oder lustig machen. Das heisst ja aus der Region für die Region. Genau, das haben wir nur einmal gesagt in der ersten Episode und seitdem nicht mehr. Ist egal, aber schlicht. Und ganz ehrlich, wenn wir merken, dass eine Band wirklich ernst meint, dass eine Band nicht einfach nur aufgesetzt ist und nicht einfach nur es macht, zum Likes zu bekommen und der Song auch nicht irgendwie perfekt ist, weil das geht mir auf den Sack. Perfekte Musik geht mir auf den Sack. Darum finde ich 90% vom modernen Metal langweilig. Ja, perfekt gibt es nicht, das muss nicht so... Nein, aber eben, das ist es ja. Aber sie streben alle nach dem perfekten Sound. Das wollen alle den 0815 Metal-Sound, den jetzt alle haben. Darum, auch wenn es scheiße, wenn es nicht gut aufgenommen ist, wenn es roh ist, wenn es ein bisschen Herz und Seele hat, dann ist das sicher genug gut, dass der Ricky und ich euch nicht während den Arsch aufreißen. Das ist das Wichtigste im Fall, was einfach feel the pain. Schwöre, ich reiss die Vocals, ich hasse es, wenn ich nicht spüre. Einfach das Ding ist, ganz im Ernst, die Chance, dass ich über eine Band herziehe, die einfach viel Geld ausgibt, eine professionelle Aufnahme hat und einfach so richtig flachbügelten Metal-Sound macht. Die Chance, dass ich über so eine Band herziehe, ist viel grösser, wie dass ich über eine Band herziehe, die mit ihrem Nokia-Handy im Proberaum einfach irgendetwas aufnimmt. Aber das ist, weil wir beide Punk gerne haben. Und Punk ist halt das alte Punk, alte Misfits und so. Das ist gerade schlecht. Aber es ist eben einfach... Es ist einfach geil, der Moritz hat zwar gesagt, er hätte das nie gesagt, aber als wir in Hamburg waren, weil wir als Wacken sind, hat er... wir sind hackevoll gewesen, weil wir sind in Hamburg gewesen, dann war Welt-Astra-Tag. Astra ist der Bierhersteller aus St. Pauli. Ich weiss, das ist eines von meinen Lieblingsbieren. Lieblingsbieren. Ein Festival gemacht, das hat Bela B., Rod von die Ärzte seine Band gespielt. Itchy Poopskid, dazu mal noch Poopskid. Und Danko Jones als Headliner. Ah, sick. Die 3 Bands, gratis, im Hafen. Damn. Fix geil, Alter. Bier 1 Euro, Shots 2. Alter, wir sind für 10 Minuten bei mir gewesen. Der Moritz ist echt schon... Alter, Scheiß auf die Musik, Hauptsache die Message stimmt. Und das stimmt. Ja. Das stimmt. Das ist einfach so, weil für mich ist es auch immer so, wenn ich neue Songs höre und der Text ist geil, ich gehe immer gerade oft auf den Text los. Absolut, ja. Und für mich ist es mega wichtig, dass der Text richtig sick ist. Und wenn der Song kann eigentlich noch so geil sein, wenn der Text einfach Müll ist, dann ist es einfach so ein bisschen, dann ist schon mal eine Stufe weiter für mich. Aber das ist so, dass man jetzt auch wieder muss ich jetzt auch wieder ein bisschen... Also die Aussage, ich stehe 100% hinter dieser Aussage, aber hast du die neuen Electric Callboy Songs gehört? Okay, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin nicht so ein Electric Callboy-Hörer. Ja, ich auch nicht, aber ich auch nicht, aber die Songs sind halt einfach fucking fun. Aber das Ding ist halt, sie tun auch nicht so, als ob es etwas anderes wäre. Nein, absolut gar nicht. Das ist es eben, genau. Aber das sind sie schon immer gewesen. Alter. Ja, aber sie tun nicht so, aber jetzt noch weniger. Ich habe das Gefühl, als der Sushi dabei war, ist eben, der macht jetzt ja als Ghost Kid weiter. Und ich habe das Gefühl, Ghost Kid nimmt sich wesentlich ernster als Eskimo Callboy, das je gemacht hat. Und das ist so ich habe eben auch noch nie richtig Ghost Kid gehört. Ich muss auch nicht, es ist nicht so. Es ist okay, aber es ist jetzt nicht weltbewegend. Okay. Es geht genau in die Schiene von modernem 0815 Metal vor, wo halt funktioniert. Wo halt funktioniert, aber nicht für mich ist. Okay. Und eben, das Ding ist, ich habe das Gefühl, seit er gegangen ist, hat jetzt Electric Callboy, ich muss immer aufpassen, dass ich sie nicht falsch nenne, weil Eskimo ist ja ein Unwort. Stimmt. Haben sich deswegen umbenannt? Ja. Ah, okay. Also sie behaupten es zwar nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, es liegt an dem. Okay. Auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, seit sie jetzt die neue Besetzung haben, können sie einfach wirklich sagen, fuck it, wir machen jetzt einfach die stumpfe Partymusik, die wir machen. Der Sushi-Ersatz war doch der Sänger von To the Reds and Wolves, oder? Ja, sorry, aber der kann einfach singen, Mann. Er ist der richtig gute Stimme. Sorry, dem sind seine Clean Vocals, ficken einfach. Das ist so einfach, alle so, oh mein Gott, er hat so gute Vocals. So, ja, aber über Sherry Lady ziehen daher von Modern Talking, hä? Ist 1:1 gleiche. Kannst du mir sagen, was willst du? Ja, ich sag aber es ist auch die Präsenz, die Frontman-Präsenz, die die haben. Eben, aber das ist das Ding. Sie tun jetzt nicht mehr so, als ob sie nicht mehr die stumpfe Partymusik machen, was sie machen. Und das ist es eben, es ist real. Ja, auch wenn die Musik völlig stumpfe Partymusik ist, es ist real. Ja, ich weiß, was du meinst. Reale Musik. Ich brauche nichts, wo und sie nehmen sich nicht ernst. Das ist auch etwas, weil wenn sie sich ernst würden nehmen und so, dann ist ja, aber ich glaube, du kannst dich selber nicht ernst nehmen, wenn du so... Nein, eben genau. Und das finde ich aber es gibt viel zu viele Bands, die sich selber zu ernst nehmen. By the way. Oh ja. Affahrt. Du hast uns erzählt, wie du so ein bisschen reinkommst. Ja, ich wollte es eigentlich schon vor 5 Minuten machen, aber ich dachte, ich muss jetzt mal kurz einen Cut machen. Eben, wenn ich reingekommen bin, habe ich ja schon erzählt. Genau, und was machen wir jetzt? Hey, jetzt sind wir haben ja den Proberaum müssen aufgeben in Aarau. Oh no. Weil das war dort mal, wo es so Unwetter hatte und da ist immer Wasser reingekommen. Und dann ist er einmal richtig fest kaputt gegangen. Und dann haben wir halt mega lange keinen Bandraum gehabt, weil der Bandraum suchen ist
fucking pain in the ass. Und wir sind ja alle einfach ein bisschen verteilt in der ganzen Schweiz. Der eine kommt sogar noch von Deutschland, oder an der Grenche, der andere Winterthur, ich jetzt da und so. Dann war es mega ein bisschen mühsam, einen neuen Bandraum zu finden. Aber wir haben jetzt einen in Lenzburg. Richtig sick, bei so einer komischen Firma halt im Keller unten. Aber ist ja egal. Stell jetzt Waffen her. Nein, ja, das sind dann irgendwie so Hühnerstall machen. Irgendwie so etwas. Auf jeden Fall. Ja, sind wir jetzt dort. Nicht zum Bandraum, aber wir müssen einen neuen Drummer finden. Ja, wieso sagst du nicht? Nein, wir haben schon Musiker hinter Episode 2, glaube ich. Wieso sagst du nicht wir haben normal? aber, jetzt hat einer sich bei uns gemeldet, über Mail, wir haben mal so ein Inserat geschaltet online, hat sich gemeldet, hey Jungs, ich habe mega Interesse, ist das Inserat noch da? Der Kevin, unser Sänger, schreibt am gleichen Tag noch retour, ja voll, lügt mir doch auf die und die Nummer an, oder schreibt mir im WhatsApp, nichts mehr. Er hat das einfach ghostet, Alter. Der Dude hat das einfach ghostet. Ja, aber das ist ein klassischer Schlagzeuger. Er ist wahrscheinlich mit Drogen nehmen und dem Sänger seine Freundin ficken beschäftigt. Nein, hat dann auf jeden Fall, der Kevin hat dann sogar nochmal ein Mail geschrieben, hey, ich glaube über die Internetseite hat etwas nicht funktioniert, ich schreibe dir jetzt direkt Mail. Ja, das ist einfach ghostet. Also, Dude, der uns geschrieben hat, bitte melde dich bei uns, wir brauchen dich. Oder melde dich nicht, weil du bist anscheinend ja nicht cool. Genau. Das ist Nein, nicht aber so wir haben jetzt gerade, einer ist jetzt gerade wir haben noch einen Drummer, der jetzt gerade im Recall ist. Brudi, ich habe eine Idee für dich, wenn der mit dem Recall nicht wird. Hast du das schon mal überlegt? Was? Also für Tryout zu machen? Nein, das machen wir sicher nicht. Gut. In dem Fall. Hast du noch einen Vorschlag? Das ist okay. Nein, auf jeden Fall, eben, der hat das jetzt einfach ghostet, der Dude. Und ich meine, ich bin auf Tinder als Mensch schon ghostet worden. Ja. Aber ich habe nicht gedacht, dass man als Band auch ghostet werden kann. Man kann. Mir ist das auch schon passiert. Also uns. Es ist gesagt worden, es gibt ein Festival, das 2 Tage geht. Wir würden am Samstag spielen. Zu wenig Funding gehabt. Man kann nur den Freitag durchziehen. Alle Bands, die am Samstag angesagt wurden, alle Bands, die am Samstag zugesagt haben, sind einfach so, okay, in dem Fall tschüss. Oh shit. Sicher nicht. Ich habe im Fall, apropos, ich habe nochmal eine New Metal Band gefunden. Sie bezeichnet sich als Alternative Crossover New Metal. Shit, wie heisst es? Fuel Lab, glaube ich. Fuel Lab. Ja. Ich bin jetzt sehr viel Unity TX am hören. Habe ich das geschickt? Nein. Ja, mal die Dropout Kings. Die Beatdown Dropout Kings, wenn Dropout Kings asozial wäre. Ja. Wie heisst die? Unity TX. Ich schicke sie jetzt. Unity TX? Kann ich gar nicht. Die heisst sicher auch Unity, aber kommen einfach aus Texas und nachher hat der Softwarehersteller sie verklagt. Nein, sie machen so richtig geil. Nein, weißt du? Fucking Unity, der Softwarehersteller. So, so. Ihre Firmenband. Nein, sie machen so richtig Malevolent Sound mit Rap. Ah, sick. Also richtig sick. Ja, ist schon geil. Und Lyrics sind heftig. Geil, Alter. Voll. Eben, Lyrics sind hure unterbewertet. Ich glaube, das ist ein Grund, warum ich Architect so richtig krass fühle, wegen ihren Lyrics. Ja, eben, das spürst ich bin an meinem 30. Geburtstag in Frankfurt schauen gegangen. Und sie haben einfach ihre längste Show ever gespielt. 25 Songs haben sie gespielt. Richtig, richtig krass gewesen. Ja. Du bist dann ein paar Tage später in Düsseldorf. Ja, bei dir hat er noch ein ganzes Bein gehabt. Bei mir hat er noch ein ganzes Bein gehabt, ja. Aber ich hat er bei dir High Heels angehabt? Bei mir hat er Sportschuhe angehabt. Nein, bei mir hat er, glaube ich, High Heels angehabt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Weil er hat dann eben gesagt, the one night I'm not wearing fucking heels, I'm pulling my hamstring oder so etwas. Ja, dann hat es bei uns wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich ist es... Wir sind ja Dings gewesen, Frankfurt, das war, glaube ich, Tourstart gewesen. Nein, ich war in Düsseldorf gewesen. Düsseldorf ist die langweiligste Stadt ever. Wenn du irgendwann mal dich einfach umbringen willst, geh auf Düsseldorf. Wegen? Ja, weil das kickt dich über die Kante. So, ich weiss nicht so recht, ob ich mich umbringen soll. Komm, ich gehe mal auf Düsseldorf. Ja, ich will. Ja, sorry, das ist so belanglos. Alle sind belanglos. Ich kann denen anfangen zuhören und jedes Mal, wenn einer geredet hat, habe ich mir gedacht, bitte verschiess mich. aber sie reden, glaube ich, einwandfreies Hochdeutsch. Ja, das ist auch so etwas. Aber eben, das ist das hat so keine Ecken und Kanten, die Stadt. Das ist einfach so, wenn sie haben alle angefangen zu reden und ich habe nur so gedacht, so, hey, also... Ist das ein Sachbuch? Höre ich das jetzt? Nein, aber es ist wirklich so richtig belanglos. So, ja. Ich habe nie verstanden, wieso das alle immer sagen, dass Deutsche keinen Humor haben und so langweilig sagen, weil ich kenne nur immer die Süddeutschen oder, als ich im Wacken war, die Norddeutschen. Ja. Oder sonst einfach die Deutschen mit Humor. Aber ja. Düsseldorf. Also Düsseldorf ist so quasi das Uhrenmuseum von der Welt. Also ich verstehe jetzt, ich sehe jetzt, wieso dass die Toten Hosen aus Düsseldorf kommen. Sie haben sich zwar schon ein bisschen dagegen gewehrt,
Aber sie sind früher mal Punk gewesen, aber jetzt sind es das Düsseldorf geworden, was herkommt. Ja. Früher sind es schon Punk gewesen. Ja, aber jetzt sind es das Düsseldorf geworden, was einfach wirklich belanglos. Ja. Nein, aber Dings, ich habe eben vom, wie heißt es eigentlich nochmal? Sam Carter? Jo. Oder? Ich habe mal einen Podcast von ihm gelesen und hat eben gesagt, weißt du, wo die Songs gespielt haben von dem Album, wo er gerade gestorben ist. Ja. Oder? Wie jetzt heißt der mit Weiss? Heaven, so. Hereafter. Nein, wahrscheinlich das haben sie nachher nicht geschrieben. Das andere ist Wer das meint er denn? das Weiße mit dem schwarzen Kreis. Ja. Nein, das ist aber nicht, das ist nicht der Tom gestorben. Nein, nachdem sie das rausgebracht haben, ist er gestorben gestorben. ist. Das Weiße mit dem Schwarz ist All Our Gods Have Abandoned Us. Ja, dort hat er ja noch mitgeschrieben, beim anderen hat er ja noch nicht mitschreiben. Ich glaube, ich meine, nachdem er gestorben ist, wo sie nachher viel Das ist dann ist Doomsday gekommen. Nein, nach Doomsday. Aber Doomsday hat er ja noch mit. Und dann ist Hereafter gekommen. Der, Ja. wo mega emotional Songs haben. Ja, von Hereafter, dem- ja. Und dann hat er Das ist gesagt, Hereafter, ja. er will einfach die Songs nicht mehr live spielen. Ja, am Schluss muss er brüllen. Oder? Ja. Jedes Mal. Ja, aber ist verständlich. Aber Ja, Alter, natürlich. Ja. Aber Alter, ich muss ganz ehrlich sagen, alle sind am Hunger. Eben, in Düsseldorf von der Show hat er sich eben das Bein geschlissen. Also er hat irgendeinen Muskel angerupft oder so. Dann ist er von der Bühne und dann hat der Schlagzeuger eine Ansage gemacht wegen, you know, we've been busy over the past weeks, past years, released an album. Everyone hated it on the internet. But in real life, apparently you're all here. Ja. Es ist eine Halle mit 8000 Leuten, das ist voll gewesen. Ja. Und ich muss sagen, du bist auch dort gewesen, an einer von diesen Shows. Auch wenn die neuen Songs vielleicht auf dem Kopfhörer, wenn es mit Spotify los ist, nicht so bretschen wie die alten. Live bretschen die Dinger Also viel ich muss mehr. dir ehrlich sagen, ich habe die Songs immer alle von Anfang an gefühlt, auch die neuen Songs. Auch mit Kopfhörern. Und Ich habe sie auch gefühlt. bretschen fett. Es ist einfach, es ist halt etwas anderes auch. Aber es ist aber eben- dem ist ja nicht schlecht. Nein, also. aber eben das Ding ist, die Songs passen in die grossen Hallen. Ja, absolut. Sie Ja, bretschen absolut. viel mehr wie die alten, weil die Ich meine, alten sorry, sind viel wenn zu er- schnell und technisch, du kommst gar nicht hinten rein. Und bei den Eben, neuen ist es so... also, sorry. dadadam, Animals, ich kann gerade sagen. dadadam. Und das ist einfach so, what the Also fuck, Animals blowt die einfach weg live. Also jeder, wo maximaler Architects-Fan ist früher und jetzt findet, ja nein, jetzt gefällt es mir nicht mehr so, gönnt's live schauen, es blowt euch krass Ja, aber das weg. Ding ist, die zwei Vorbands, Sleep Token und Ding, die sind voll nicht durchgekommen. Ja, aber Die Halle ist viel gut, zu gross. ich muss mal dazu sagen, Sleep Talk habe ich vorher gar nicht gekannt und es hat mir nicht so gefallen, Ja, ehrlich Sleep gesagt. Talk Was ist macht noch ihr? Es ist so fucking Rock, boring. glaube ich. Ist so Prog-Rock, weil er schreit nie wirklich. Sleep Er hat Token ausgesehen, ist so- Alter, und in Frankfurt, er hat ein bisschen ausgesehen wie das Monster von Chihiros Reise Ja, ins aber so sehen sie Zauberland. aus. Es ist so eine... Das Und, ist eben das Ding, aber Sleep- anyway, wenn er ausgeht, aber auf jeden Fall, aber seine Musik hat mich absolut nicht gepackt. Sleep Token und- ist eben ein Kunstobjekt. Ja, okay. Wir verstehen das eben nicht, wir sind Punk, wir verstehen das ich eben finde es nicht. hure geil, aber ich habe es nie live gesehen. Aber du bist Es ist ja echt ein okay, Punk. wenn du es geil Oh, findest. ja. Es ist ja nicht, also nur weil ich es... Nein. Man Ja. darf ja Meinung haben, man darf ja alles. Eben, genau. Darum ist ja easy. Und Dings, Northlane ist einfach so, also ich habe Northlane früher mega gefühlt, Mhm. aber irgendwie nicht mehr. Also, sie sind so ein bisschen untergegangen bei Ich mir. weiß nicht, ich Ja. weiß, ich kann nicht Und, mehr im Kopf. und ich muss sagen, ich habe gefunden, die Halle ist einfach zu gross gewesen für eine Mhm. Band wie Dynamo. Northlane. Im Dynamo wäre Northlane mit dem Set der Fick Ja, ich gewesen. denke auch. Aber in einer Halle mit 8000 so. Leuten. Ja. Nein, und Geht's unter? bezüglich die neuen Songs von Architects, du musst auch überlegen, Musik ist immer, die länger draußen ist ein bisschen geschützer, weil es wird mit Nostalgie gepackt, oder? Heisst, Ja. aber wir zum Beispiel die neue, sagen wir, du hast die neue In Flames Das stimmt, der neue also Weihnachtssong sagt viel mehr als Nein, die alten. Nein, zum Beispiel ich weiß noch, wo In Flames das Album brachten, wo sie viel mehr Cleans hatten als vorher, so 2012 oder Alle am so. Brüllen. Und alle so, das ist hure Scheiße und so, jetzt los ist so zurück. So. Ist geil. Ja, Dings, Battles ist so krass gehatet worden. Haben wir das nicht Voll. letzte gehabt für Trivium? Haben wir das nicht alle diskutiert beim Doch. Trivium-Konzert? Ja, genau, das das, ja. haben wir diskutiert am Ja, voll. Konzert. Genau, und jetzt muss ich einfach ein paar Jahre warten, bis ich jetzt die neue auch gerne habe. Weil es braucht irgendwie zum... Aber soll dir etwas sagen? Das ist mir bei Bullet from a Valentine nicht passiert. Das Gravity-Album finde ich immer noch nicht gut. Es gibt auf YouTube so ein Video, wo so zwei Dudes so Battles nehmen, so CD, und dann sie es so verbrechen und rühren sie ins WC. Ja, ist schlimm. Ah ja. Aber ich würde sagen, wenn wir sonst dann Mal zu den weitermachen. News gehen. Voll. Wenn wir vor allem auch kurz... Kurze Pause, würde ich sagen. Ja. Ja. Metal Servola, breaking news. So, meine Damen und Herren, wir sind back mit den News. Heute haben wir einen recht fetten Plan im Fall. Es ist so viel passiert, beziehungsweise so viel rausgekommen und so viele Konzerte, die jetzt kommen.
Also ich würde sagen, tun wir gerade loslegen. Ich habe dem Mike gerade das Mikrofon in die Fresse gehauen. Also nur fast. Also ich fange sonst mal an. Hey, warte, zuerst müssen wir noch schnell einen Shoutout geben an Kids in Cages. Oh ja, voll. Ja, das haben wir vergessen. Ja. Ist egal, machen wir schnell. Und jetzt buchst du. Die haben Okay, also apropos, wir haben gerade Chaos. Egal, Kids in Cages haben einen Instagram-Clip postet, was uns quasi featured drin. Ich Das ist finde super. etwas Echt? Habe ich gar nicht gesehen. Nicht? Nein? Wie kannst du dich die Kids in Cages Promomaschine entziehen? Oh, die sind crazy. Die machen so gutes Content. So viel. Ab 30 geht das. Ab werden plane ich noch ein Jahr. Jetzt wäre das ja. Also, ich muss Sorry, etwas Kids in schauen. Cages, in einem Jahr gesehen, ich kann ihn nicht mehr. Ich glaube, ich habe einen Namen falsch geschrieben. Welchen? Aber Ja, gut, das ist einfach so 180 gekehrt, Alter. sorry, du hast einen Namen falsch geschrieben. Und das falsche Wort ist nicht das gleiche. Was soll ich's? Ist gut, ich mache einfach. Ich habe es vorher nicht gemacht. Alright. Also eben. Magic in Cages haben einen coolen Clip gemacht. Wir haben können. Hey, es hat im Fall mega viele Leute nachher an uns gebracht. Ja, es wo ist wir nicht crazy. gekannt haben. Es ist Voll. wirklich, die sicher wissen, wie Instagram funktioniert. Sie haben eben den EMS-Podcast Richtig gehört. gut. Aber auch Taped hat schon gewusst, wie Instagram funktioniert. Ja. Und da hat es Instagram gar noch nicht gegeben. Ja, genau. Ja, aber Taped ist halt einfach gut. Ja. Taped ist gut. Okay, Taped ist dort nicht einfach mal der Facebook-Account gehackt worden und sonst irgendwie. Doch, ich glaube, fast so irgendetwas, ja. so Stories gehabt. Ja, irgend sowas. Ah, Ja. shit, Alter. Und wenn Taped gut. Ah nein, wenn du auf Instagram nach Taped gesucht hast, hast du nur so zusammengeklebte Frauen gesehen und so Zeug. So irgendwelche kranke Ja, das ist Fetisch. einfach so Taped. So, Das ja. habe ich nicht mitbekommen. Aber ja, schau dir die Kids in Ja, da Cages. bist du noch in Peru gewesen. Das ist dort, Maybe. wo Netlog noch aktiv war. Nein, nachher noch mega überraschend eigentlich. Also ein grosser riesen Dank an die lieben Leute, die Merch von Metal Saber geholt haben. Ich habe es nicht erwartet, wirklich sehr cool. Merci vielmals an Mike, an Guillaume und an Nicola für den Support. Nicht der Mike, andere Mike. Andere Mike, er hat nicht bestellt. Aber der Guillaume. Er bekommt Der auch Guillaume. nicht. Fucking hell, Guillaume. Der Guillaume ist der härteste, Alter. Merci Guillaume ist mal. der Ex-Bassist von Anthem for a Dying Day. Yes. Ah, Yes. Voll. sick. Er fährt auch Mountainbike. Er hat übrigens hat er mir wo er unsere letzte Insta-Story gesehen hat, hat er mich angefragt. Mama, Michael, warum fragt er mich nicht? Ich so, Kollege, du wohnst in scheiß Rüti, Alter. Du hast Ja, nicht soll er Zeit. da hinkommen? Nein, Samstag ja. morgen um 8. Ich habe ihm gesagt, wir können nicht mehr am Samstag, er kommt einfach nie. Er schafft, glaube ich, in Altstädt. Er wohnt in Altstädt. Nein, er schafft in Altstädt. Eben voll, ja. Er wohnt tut er in Rüti. Aber ich muss sagen, das war so nachher Teil von Taylor Swift. Wir müssen ohne Scheiß den Instagram-Account. Falls irgendeiner von euch Marketing macht für Social Media irgendetwas und er hat noch er oder sie oder da Person hat noch Zeit, Ja. Mhm. macht bitte einen Taylor Swift, Wir brauchen- Factory Racing ja. Account für uns, weil wir sind zu blöd dazu. wir können das irgendwie nicht. Also wer Bock hat, auf uns auf Social Media zu vertreten, der Darf das gerne machen. let's go. Aber- Es gibt Free Beers und Ja. was gibt's noch? Kaputte Ketten. Voll, aber Komm, du ich machst hätte schon nicht- eine gute versus Instagram. Aber auch erst seit ich mit dir den Podcast habe. Ja, sehr gut. So macht man. Ich meine, ich mache sonst selber auch, Demi oder List mache ich nichts. Oder White Hat machen die Jungs. Ich mache nur Metal Saber Zeugs, wir machen es zusammen. Also es ist cool, wenn Alex du machst Stories, ich mache Ja, Stories. das Ding ist eben, ich habe herausgefunden, ich habe immer gemeint, meine Schule, die ich gemacht habe, also technisch Kaufmann, bringt mir nichts. Aber ich bin in den letzten paar Jahren doch so ein hoher Business-Hurensohn geworden. Ja. Ich mache so Ach so. Sachen wie, Der Silvan hat sich gerade einen Audi e-tron gekauft. nein, hat er nicht. Der Simon hat sich ein Velo gekauft, das ein Audi e-tron könntest du dafür kaufen wahrscheinlich, aber nicht. Schon nicht ein gerade. Audi e-tron. Nein, Ja, aber fast. merci mal, Jungs, für den Support. Ist wirklich sehr cool. Und wenn ihr die Merch bekommt, macht doch ein Foto von Der euch Mike mit der hat- Merch. Der Mike hat es gemacht, voll. Und wir werden es nachher in unsere Wall of Fame in Instagram rein tun. Ich bin auch überlegen, ob wir vielleicht irgendwann auch so Dankeschön am Schluss von Episoden rein tun. Muss noch mal überlegen, wie wir das am besten machen können. Aber das Ziel wäre, dass wir Einfach noch... Insta-Story, wenn sie es in einer Insta-Story verlinken, können wir das dort auch als Highlight Mit machen. dem Das machen wir als mit dem- Highlight. Also Mit dem beim- Computer, Ricky, kannst du das Genau. machen. Genau, bei den Stories machen wir nachher ich habe bereits ein Highlight erstellt, der Wall of Fame. Da ist der Mike drauf. Was Ricky regelt. Und genau so, wie du es gesagt hast, habe ich schon gemacht. Und da tun uns taggen in eure Stories, dann können wir es nachher dort rein hinterlegen. Und dann bleibt es nachher für die Ewigkeit. Und irgendwann tun wir vielleicht auch im Podcast vielleicht am Schluss so ein Credit machen, wo wir alle taggen. Wir werden von Hey. allen Listen behalten, die uns supporten, und dann kommen die. Hast du die Frage noch? Wir haben eine Hörerfrage bekommen. Echt?
Ja, das stimmt. Voll. Ist gut, ich mach mal schnell. Willst du schnell schauen? Ich tue sonst da den Ding ansagen, der letzte, dann kannst du da schnell schauen. Ja, Also, absolut. jetzt Breaking News. Weil das vorher ist eigentlich das mehr ist random Breaking gewesen, aber News, Breaking News. Mhm. Jetzt. Greenfield Yeah. Contest Finalisten Alright. sind aus der Romandie im Final Romandie Ticino. Das macht keinen Sinn, dass man die zwei zusammen. Ist egal. Super gemacht, Greenfield. Also, Die wer zwei sind sie? Weil auseinanderliegenden Stärken von der ich glaub Schweiz die nehmen wir nicht. zusammen. Im Net Music Club Montreux. Also in dem Fall spielen es Mamba Bites, die machen Punkrock. Ich glaube Girl Power, wenn ich es Sick. richtig im Kopf habe. Mhm. Kommen aus Missy. Aus Watt. Das ist noch Missy. fucking funny. Es sind Ich glaube, Es als ich sind in Frauen. der RS war, habe ich einmal auf Bière müssen und dann bin ich glaube mit so einem komischen Nuttenzug auf Bière gefahren. Der ist halb auseinandergegangen und ich glaube, das hat in Missy gehalten. aber Das ist einfach so mehr der Arsch von der Ersten. Alter. es ist konsequent, dass du als All-Female-Band aus Missy kommst. Ja, fair. Das ist geil. Ja. Hast du mir den WhatsApp geschickt? Spricht man das Französisch aus? Ich Ja, nehme es an, wahrscheinlich sie kommen schon, wenn auf sie aus Genf kommen, Alter. Versatile, also ich habe jetzt den Namen Butchered, Versatile geschrieben. Machen Industrial Black Metal, kommen aus Genf. Klingt interessant, Rammstein mit Black Metal. Ja. Das geht gar nicht. Wie willst du zusammen machen mit Ja, irgendwie geht es schon. Also, welche Versatile Versatil. und Windshelter, die machen Post-Hardcore. Passt zum Namen, kommen aus Nyon. Kann ich jetzt leider nicht allzu viel dazu sagen, Ich auch weil nicht. die zwei Bands aus Genf und also Versatile und Windshelter habe ich noch nie etwas davon gehört. Mamba Bite sagt mir etwas. Ja, das ist die, Ich hab das ist von- die Female Punk Band. Die sind, ich glaube es, wenn es wirklich richtig, die haben glaube ich Greniche gespielt letztes Jahr Alright. und Check's sind, ich glaube es sind alles Mädels. Alright. Wir müssen das nachher googlen, nicht, dass Sollen wir wir dann googlen, ja. cancelled werden. Mhm. In Zürich, im Dynamo, Ja, sind's. Sind's? Okay. Ja. Dynamo Zürich, im Saal oben. Oben. Der Nice. Threesome, Nein, im Saal. Nicht, Es nicht steht- unten im Werk das 21. steht Dynamo Zürich. Ja, es offiziell. steht immer, steht für jede Show steht Dynamo Zürich, aber das ist meistens im gleich Werk 21. Ist egal. Sie schreiben Auf es jeden eben Fall nicht mehr spielen aus. The Threesome, Metal Mhm. Punk, die kenne ich, Ja. machen einen coolen Sound. The Ja. Hand, sagt man gerade nicht, machen Alternative Sind Metal. sick, das keine. tun. Ja. Und Moment of Madness. Die kennen wir. Kennen wir sowieso. Wo aus Speaking Basel? of, Moment of Madness. Also, by the way, die Show in Zürich ist am 14. März 23, also nächsten Mittwoch, wenn es mir recht ist. Ja, Apropos Moments of Madness, Dort. ich verstehe nicht, warum Moments of Madness nicht einfach für Screenfield gebucht wird, warum sie an einen Contest müssen, Alter. Ja, das Ding ist, Ja, jetzt muss ich das ist hören, ich habe eh noch ein Ding. Sie sind so gut. Meiner Mhm. Meinung nach, Ja. wo ist Infinitas? Der Ricky und ich hätten Das können stimmt auch. schwören, dass Eben. Infinitas am Greenfield Band Contest ich hätte im gemeint. Finale ist. Ja, Aber anscheinend haben sie sich nicht. Die sind beworben? überall gewesen im Internet. Ja, vielleicht haben sie sich nicht I don't know. Das wäre gut möglich. Das ist Aber, natürlich so, ja. Vielleicht sind sie gebucht worden und einfach nachher. Ja, maybe, eventuell, maybe. ja. Mhm. Auf jeden Fall, Moment of Madness. EMS haben gesagt, Ja. sie hätten nichts mitbekommen von dieser Plattentaufe und allem, von dem neuen CD. Aha. Was ich recht weird finde, weil mein Insta-Feed ist die letzten 4 Jahre mit Moment of stimmt. mit Bei Moment mir of eben Madness auch. gefüllt Bei gewesen. mir eben auch, immer. Eben, Ey, Moment of Madness, habt ihr das einfach targeted? Habt ihr einfach ja. Mhm. gezielt euch ein Zeug nicht auf Basel geschickt, Maybe. weil ihr EMS haben wollen mobben? Oder sind die zwei Dudes einfach wirklich in zu hartem Genre rein mit ihrem Extreme Death Metal, was sie machen Maybe, oder maybe. hören, Mhm. dass das einfach quasi oben durchgeflogen ist? Maybe Baby. Das wäre Maybe, baby. Ja, auf voll. jeden Fall ist eine geile Band, kommen wir gerade nachher nochmal dazu. Ja. Und am 18. März 2023 ist im Net Music Club Montreux, falls ihr in der Nähe wohnt, Final von der Romandie und Ticino. Sick. Genau. Und jetzt wäre das Si vous News voulez eigentlich gewesen. écouter le metalcore, le black metal et le post-hardcore, vous allez, non, vous allez, vous allez, Vous allez vous allez à le Net Music Club Montreux. 18 März. Das ist dann der Roman, das ist auch Ticino. Wer ist von Oui, das Ticino? habe ich ja vorher gesagt. Das ist Aber fucking niemand random. von denen ist von Ticino. Nein. Es macht auch keinen Sinn, Die dass Chino hat Bands- es nicht geschafft. Es macht auch keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn. Das ist die Final Romandie und Ticino einfach alle Fans von der Es Romandie. macht auch keinen Sinn, dass eine Band aus dem Tessin auf Montreux geht. Ja, Auf Zürich haben sie es viel näher. aber das ist ja hure Assi. Nein, das ist einfach der Röstigraben, so, weil die vom Greenfield denken sich, ja, es gibt Deutschschweiz und, Und der dann die, Rest. die nicht Deutsch reden. Und die sind doch irgendwo da. Also. Jetzt kommt sicher irgend so ein extremisierter Retro-Roman. So, wo ist Retro? Wo ist Lyrica Sanalis? Gibt's eine
Metal-Band, wo Roman... Ich glaube, im Dings haben sie darüber geredet beim ersten EMS-Podcast. Ich habe den Namen vergessen, aber ich glaube, es gibt eine romanische Metalcore. Du meinst etwas vom Ahrtal. Nein, das ist ganz sicher nicht romansch. Das ist nicht Ahrtal. Keine Ahnung. Ahrtal ist Zürich Oberland, Kollege. Das ist bei mir ganz sicher nicht romansch. Meine Schweizer Geografie ist so schlimm im Fall. Ist okay, meine Einfach so aus dem Hintersteck, aus der Surselva plötzlich. Wir haben unsere erste Sprachnachricht gefragt. Aber jeder, der den Ricky hatet, weil er jetzt nicht gewusst hat, was Ahrtal ist, komm du mir... Dort, wo das Dinosauriermuseum ist. Ja, aber jetzt mal das. Und zweitens, komm du mit peruanischer Geografie. Komm, sag mir's. Sag mir's. Komm, Bruder. Das kannst du nämlich auch nicht. Das kann ich auch nicht. Überall sind Wir sind Alpakas. unnötig hässig, Alter. Ja. Also, ich will es da einfach für uns machen, nachher kann ich es ja Das ist gut. richtig zeigen. Hau Es ist rein. viel realer, wenn du es einfach so anhebst. Ja? Warte. Ich glaube, der Mike, der uns ein Shirt gekauft hat. Ah, das ist der Mike? Ja. Okay. Du hast mir ja geschickt und ich weiß nicht, von wem es kommt. Hey, ja. Mich würde mal interessieren, ich weiss ja, mal im Podcast geht es mir jetzt um so Schweizer Metal und so. Aber mich würde interessieren, was ihr vom neuen Falling in Reverse Single haltet, wo vor 3 Wochen rausgekommen ist. Ich finde es irgendwie interessant, dass alle mit denen, die ich rede, finden es entweder mega geil oder mega scheiße, weil sie jetzt eine neue Double-Time-Rap machen und so. Würde mich auch interessieren, was ihr dazu haltet. Alright. Merci. Ist das Mike? Ich glaube, das war der Mike, ja. Okay, wir glauben. Merci für die Frage. Es ist cool, dass wir endlich mal Das ist eine coole Frage. ein bisschen Frage bekommen. Ist das der, wo er fliegt und einfach Leute in der Kirche tötet? Oder ist das eine andere Band? Nein, ich Verdammt glaub scheiße, das ist Nein. andere. Also ich habe es gelost, weil... Das ist Ich hab's auch Tony gelost. Rad, das ist der Radcat, wie heißt das? Ja, das ist der Ronny Radke. Das ist eben anders. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, zu dieser Frage, er hat gesagt, er kennt nur Leute, die entweder richtig krass feiern oder richtig krass scheiße finden. Ich kenne auch nur solche Leute. Ich kenne niemanden, der sagt, ja, ist solid, ist Ich kann easy. dir eine neue Kategorie bringen. Leute, wo das Lied einfach egal ist. Bin ich dumm? Das wäre ich. Okay. Weil ich has nämlich, also ich finde es Katastrophe, das Lied. Ich kann es nicht hören. Ich finde es wirklich scheiße. Nein, mein Problem ist, das wird viel zu fest gehypt. Das ist einfach so. Aber das ist ja sein Ding. Das ist im Ronny Falling in Radke sein Reverse. Ding. Ist das, oder? Ja. Der, Ja. wo Leute tötet? Ja, Ja, ich Finde ich dann- hure geil. finde es gut. Ja, voll. Ich finde, das Video ist shit. Aber der Song hat auch recht coole Momente. Ja, Also aber ich finde, mir gefällt der Song persönlich auch wirklich nicht. Also ich will nicht sagen, dass er schlecht ist, aber mir gefällt er einfach nicht. Also ich habe es einmal gelesen und habe es cool gefunden, so ein geiles Video und nachher nie mehr gelesen. es ist einfach so. Ja, dann kannst du nicht so aber das krass ist- gut gefunden haben, Aber wenn das es ist das niemand Ding. hört. Das ist das Ding. Mir ist es einfach zu belanglos. Es ist so wie ein Marvel-Film, weißt du, was ich meine? Nein, Ja. Marvel-Filme sind nicht belanglos. Was heißt belanglos? Belanglos heisst so Düsseldorf. So nichtssagend. Einfach so- es einfach ist so- egal. Das ist einfach so egal. Es ist so. Generisch. Also belanglos ist so. Marvel-Filme sind ja auch so. Nochmal eine. Nein. Das ist nicht so. Es ist mehr so Komm, jetzt Ah. bist du voll der Marvel-Fan wegen dem Podcast. belanglos. Wie willst du das Wort beschreiben? Ja, Du eben. kannst nicht haben. Moderne 0815 Metalcore ist belanglos. Genau das meine ich. Ja, genau. Nein. Das finde ich. Also Ich finde aber Falling in Reverse das erste Album habe ich cool gefunden, weil es einfach catchy war und irgendetwas. Aber dann hat der Ronny Radke gemerkt, dass er, wenn er sich selber inszeniert, Ja, der mehr hat Hype bekommt. die haben einen das grossen Interess- Song vor dem gehabt. Wie hat es geheißen? Ja, die haben 1000 grosse Songs gehabt vor dem. Gott. Er ist ja bei Escape the Fate gewesen. Eben, und sie haben Und angefangen mit Escape the richtig... Fate habe ich schon belanglos gefunden. Aber sie machen recht coole Videos, das weiss ich. Sie machen da recht Ach so. coole Musik und alles, aber es ist einfach so, es ist Kurz, so Hollywood-Scheiß, es ist so Hollywood-Zeug. Kurz für dich, Ricky. Ich habe jetzt gerade schnell geschaut auf Duden. Definition von belanglos. Düsseldorf. Düsseldorf. 0815 Metalcore. Nein, es Duden sagt, ohne grosse Bedeutung nicht weiter wichtig. Okay. Bad Omens. Ja, schon Ja, richtig. danke, Ja, ja. voll, das ist recht. Ja, es ist einfach so, es existiert, schön, aber es ist nicht so, dass irgendwie, Ja, weißt du, Kies existiert auch, aber niemand interessiert sich für Kies. es ist nicht so wie der letzte Malevolence CD, Alter. Nein, gar nicht. Aber genau. Nein, gar nicht. Ja. Es ist einfach so, ja, cool, es ist einfach so Hollywood. Ja. Es ist einfach so, meiner Meinung nach so Ja. Hollywood-Zeug. Ja, voll. Ja. So, keep your Hollywood shit in Hollywood. Genau, ich Ja. muss sagen, es ist nicht so, es hat mich nicht gepackt. Ich habe so geschaut, ich so, cool, aber ich hate sehr wenig. Ich muss sagen, ich finde so, nice, nicht meins. Boah, ich Next. hate sehr viel, aber es ist meistens 0815 Metalcore. Es sind alle Bands, die tönen wie Bad Omens. Nein, Ja. ich Was alle hate, Metalcore-Bands sind heutzutage. nein, ich hate eher Nein, zum das stimmt Beispiel- überhaupt nicht. Überhaupt nicht alle Metalcore-Bands sind so. Auch vor allem Schweizer, also meine Whiteout, Expello. Ja, Mhm. nein, das, gut, ich rede. Okay, nicht, ja, aber alle modernen Metalcore-Bands, die laufen heutzutage. Ja.
Also meinst du so, alle die wie I Prevail tönen? Nein, I Prevail tönt nicht wie Bad Omens. Nein, I absolut Prevail gar machen nicht. nicht alle Bands, die eigentlich Bring Me The Horizon nachmachen, aber halt nicht gut. Also ich finde, I Prevail finde Dropout ich... Kings mit einem neuen Song. Finde ich aber immer noch besser als die meisten, oder? Ja, Finde ich immer noch fair, besser als jeder fair. Bad Omens Song. Nein, aber Fair, zum Beispiel fair, I fair, Prevail finde ich geil. Es hat aber viele Bands, die richtig tönen. Es ist so der Octane Sirius XM Sound. Ja, aber Ich muss sagen, ich finde I Prevail, ich kann jetzt nicht die ganze Diskografie lassen. Ich finde gewisse Songs geil. Mhm. Ich muss immer ehrlich sagen, am Dienstag, ich habe das Billett gekauft vor 3 Jahren für I Prevail. Das ist immer- Gasoline. Für Gasoline so. wahrscheinlich. Und ich habe es gekauft wegen Wage War, weil eigentlich wäre auf dieser Tour Wage War dabei gewesen und jetzt sind sie halt einfach nicht mehr dabei gewesen. Ich glaube, ganz ehrlich, ich muss etwas gestehen. Ich glaube, ich hate Wage War aus keinem Grund. Wieso? Ich glaube, ich hate Wage War aus dem Grund, weil ich immer meine, sie tönen wie Bad Omens, aber ich habe sie noch nie wirklich gelesen. Wage War, nein, Wage War ist eher so ein bisschen Architects. Ja, aber das ist eben nein. Ich finde Bands, die Architects und BMTH nachher machen, sich blöd. Aber das Ding ist, ich habe eben nur den einen Song gehört von Wage War, wo... Low. Aber Low ist sick. Es ist Wage Nein, halt Low ist einfach Doomsday. Okay. Wage War? Ja, aber es ist gleich geil. Aber eben darum hate ich sie, glaube ich. Aber ich Und meine, ich kann ihnen nie eine Chance geben. Und dann aber habe es ich ist, sie ja, live es gesehen ist als ein mega Vorband. ähnliches Songwriting. Und für mich ist es immer so, wenn das Songwriting mir passt, dann finde ich den Song geil. Das Aber stimmt. nein, Aber ich habe sie Vorband gesehen von As I Lay Dying und dort haben sie mich nicht Aha. gepackt. Und das Ja. ist es. Nein, ich weiss noch, Wage War, das erste Album hat mir recht einen Eindruck hinterlegt. Und nachher ist einfach, okay, nochmal so einer. In der Richtung, der erste ist wirklich wow, oder? So gesehen. Und der zweite ist so wie, cool. Und dann ändert sich nichts mehr. Genau, Und dann wird's es langweilig. kommt nichts, ja genau. Voll, Ja, voll. sick, Aber, ja. aber dann ändert sich nichts mehr und Aber- dann wende ich mich ab. Aber alle anderen Fans so, oh mein Gott, zum Glück haben sie sich nicht geändert. Ich lasse gern 15 Jahre lang genau die gleiche Musik. Linkin Ja, Park neu. hat jetzt all diesen Fans den Traum erfüllt. Fuck, Alter. Ja. Aber ich muss sagen, Nein, aber zurück zu Wage War. Wage War. Augen gehabt, wo Linkin Ja, Park Song aber gelesen ja. hat. sorry, dass ich hate, aber ich habe den Linkin Park Song gelesen und ich so, ja, ich verstehe, wieso sie es rausgelassen haben. Ist mir egal, Rick. Ist mir egal. Ja, sorry, nein, okay, zum Fersi. Der Song ist Nam 1.1. Genau, Ja, Es Das ist so, Ja, wegen dem ist ja 1.2. gleich sick. Aber das ist genau das mit Wage War. Songwriting funktioniert für mich einfach und darum fühle ich alle Wage War Songs. Ja, voll. Nein, den Ding, der Nico hat mir bei Wage War auch immer zeigen. Und eigentlich, ich finde es nicht so schlecht. Ich wollte ihnen nicht eine Chance geben. Das ist mein Aber, persönliches Spite, aber, das ich habe. aber sorry, da musst du jetzt mal kurz sagen, warum findest du Blood Youth so geil? Obwohl Blood Youth ist quasi das Slipknot. gleiche wie Wage War zu Slipknot. Also Ja. wie Blood Youth ist das zu Slipknot wie Wage War zu Kann dir die Architects Antwort ist. geben? Ja. Blood Youth ist Nu Metal. Fairer Punkt. Blood Youth ist halt einfach Nu Metal. Es Ja. ist halt einfach Und- nicht 0815 Und Metalcore. etwas muss man auch überlegen, Ich muss nicht immer noch das Pfefferetsbeschwerde-Mail schreiben, weil sie sich aufgelöst haben. Ja, vor allem sie hätten in unserer Hometown gespielt. Ja, Alter. einfach zu baden, Mann. Wir hätten können laufen, Aber Kollege. der Moritz und der Ding, sie haben alle gesagt, dass die Show in der Hafenkneipe, Seefeld als Breath Show, eigentlich ein Wunder ist, weil keine Metal-Shows da drin sind. Ich habe Blood Youth in der Hafenkneipe gesehen. Ja, ja. fair. Wie ist das keine Metal-Show? nein, aber da musst du auch überlegen, Bist du auch am Konzert gewesen, in der Hafenkneipe? es bis ist so voll gewesen, Alter. Das ist ja, sick wir gewesen. sind nachher zusammen in McDonalds. Und ins Norden. Ja, aber genau, ja, voll, ja, genau. Stimmt. Ah, ja, das ist der andere, wo der Ricky müssen darauf aufpassen. Wir zwei. Ja, aber ich finde es so lustig, wie du, wenn du voll besoffen bist, sagst du, nein, ich bin noch nüchtern, Bruder. Wir sind auch nüchtern gewesen. Wir sind auch nüchtern gewesen, ja. Und Wir haben nachher... so auf dem WC Selfies gemacht. Ja. Dann sind wir raus. Aber Silva, wir sind nüchtern Dann hat gewesen. eine mich angeschaut und gesagt, boah, du bist mega hübsch. Und du so, ja, was bringt dir nicht, er ist nicht Single. Ja, Alter, das ist geil Ja, gewesen. ja aber News. Ja, News sind durch. Voll, Es sind voll. Releases jetzt. Ah, genau, also News, Releases, alles ein bisschen... Aber gibt es eigentlich keinen Einspieler für Releases? Weil Ja, es kommt weil- alles immer zusammen wieder, aber es ist irgendwie ein News, wie 10 Releases. Ja, das ist eben das Ding. News und Releases sind ja, Ja, sind ja eigentlich voll. das Gleiche, weil etwas, was released wird, ist ja neu. Und Konzerte sind auch Teil von der News in dem Sinne. Es ist eigentlich, unser News-Segment beinhaltet quasi News, Releases und Konzerte. Genau, Okay. genau, voll. Hey Ricky, Ah? hast du drauf fürs letzte Segment? Ja. Geil. Habe ich ja laufen lassen. Nein, der fürs letzte Segment. Der neue. Ah ja, den habe ich. Geil. Ja, voll. Freue Genau. mich. Also fangen wir mit den Releases an. Und zwar, ich fange sonst mal geschwind an. Among Vultures von der Romandie haben eine neue EP rausgebracht. Follow Blindly. Die Jungs machen recht geiles Metalcore. Ich muss sagen, ich habe mit denen mal zusammengespielt, irgendwo in Luzern oder so. Da haben wir recht einen guten Eindruck hinterlegt. Sie haben den einen Song, den ich richtig feiere. Fuck, wie heisst der Song? Der ist vor die EP der meistgelöste Song im Spotify gewesen. Mhm. Krasse Chorus. Ich muss sagen, die EP habe ich noch nicht viel gelost, aber ich feiere den Sound von den Jungs mega. So ganz hören. Das ist geil. So raw, Ja, ist sick. raw Metalcore, Riffy, weißt du, Riffy Metalcore. Ich fühle es Alle- auch, mega. Also ich muss sagen, wir haben jetzt da etwa 8 Releases drauf. Mhm. Und alle
könnten einfach wirklich rein von der Audioqualität und vom Songwriting und von allem her könnten jetzt wirklich einfach Bands sein, wo du Ja, auf irgendeinem absolut. Tour-Line-Up siehst, wo Absolut. durch die Welt tourt. Es ist Ja. insane. Das sind alles fucking Local Bands. Ja. Ich glaube, nicht wirklich gross, also nicht mehr als 30'000 Aufrufe auf Spotify. Nein. Fix Nein. nicht. Aber der Content ist fucking Ja, grandios. insane, ja. Eben. Richtig, aber sie sind alle zusammen richtig gut. Also. Schweizer Qualität, das wollen wir ja in diesem Podcast sagen. Schweizer Qualität ist. Die Schweiz kann eben nicht nur ruhen, du. Eben, genau. Nämlich der Rassismus und Fondue. Also, genau, das ist das ist ein Morning Vultures gewesen. Sorry, ich kann das nicht so eskalieren lassen. Rassismus und Fondue, Alter, das könnte so der Slogan sein von so einer SVP-Tagung oder so. Rassismus und Fondue. Alright, warte. Ja, aber das machen wir auch. Sag mal, Leute. Ja, fuck SVP. Sorry, den musst du aussprechen, ich weiß Okay. nicht, wie das geht. Homophagia haben einen neuen, ich glaube, nur Songs gebracht, All for None. Und sie gehen jetzt in Tour, wenn ich mich nicht irre. Warte schau. Homophagia sind eine von den Bands, die einfach mega gross sind, aber du vergisst es amigs. Was heisst, du vergisst es schon, ich habe noch nie von dieser Band gehört bis jetzt. Und weil du kein Death Metal hörst, musst Ja. Der Brian kennt sie in dem Fall. Ja, der Brian. 100%. Ja, sie Busy gehen Gacki-Musik. gehen jetzt in Europa-Tour mit Nile. Okay, das ist aber nicht klein. Das ist Ja. nicht eine kleine Band, Alter. Das ist wirklich so 30'000 Aufrufe, sorry. Sick. Also, Sie gehen mit die Nein sind- auf Europa. Und die sind der direkte Support von Nile in ja, Europa-Tour. sie sind sogar Eben. gerade direkt unter Nein, Ja, genau, Alter. genau. Also die sind heftig im Fall. Oh, Sind ja, die hure hat sicher gut. mehr als 30'000 Aufrufe auf Spotify. Let me check, warte schon. Weil ich finde die hure gut. Ist halt so Tech Death in die Richtung. Ah, das war aber ein fettes Video gewesen und es hat nicht nach Busy Gacki Musik Nein, getönt. es Ist gar, also Mhm. 2750 monatliche Hörer. Ja, und der Ja. höchste Song hat 120'000 fast. Ja, okay, das ist nur wirklich dreimal so sehr viel von point. dem, was sich der grösste Band Good zugetraut haben. Also. Ah, Ja. das ist halt gutes Death Metal, finde ich echt geil. Der Brian hat es wahrscheinlich gern. Und, Ja, aber es hat nicht nach Busy Gacki Musik Das getönt. stimmt. Vielleicht hat Ja, der Brian doch nicht so sie gerne. ist spitz Aber- mit Tech. Der nächste Release, Der nächste Release. Der muss jetzt einer von uns zwei ansagen. eigentlich schon, gell? Wolltest du machen? Soll ich noch sagen? Ja, ja. Also der nächste Release ist von der Creme de la Creme vom Schweizer Metalcore. Von unserer Koksnase. Papa Ricky. Ja, Fifth Generation von Yeah. Whiteout. Mega Release, Alter. Also in meinen Augen einer von den besten Releases in der letzten Zeit. Ich finde, ich bin so ein ganz schlechter Kollege. So, ich teile nie Sachen auf meiner Insta-Story, weil eben, ich bin 30 und ich mache fast nie Insta-Stories, außer wenn wir Möwen sind. So, und darum habe ich das eigentlich nie geteilt und so. Aber nein, fucking hell, Alter. Also von mir auch ein riesen Kompliment für Filthy Generation. Ich finde ihn mega. Ja. Der Mike, ich habe ganz andere neue Facetten von Mike seinen Vocals kennengelernt im Ich Song. glaube, er hat zu viel mit dem Zelli gehängt. Ja. Auch mit dem Cap so. Ja, Mit dem Cap, ich habe den Mike noch nie. Mal früher, als er noch Emo war. Ja, früher, Wo er ja, eine Szene ja, war, ja, hat er ein Cap gehabt. Aber wirklich Sänger von absolut Sylt. sicker Song. Was hast du zu Filthy Ich Generation? habe letztes Mal schon gesagt, ich finde es ein absolut sicker Song, weil der Ricky hat mir den schon gezeigt, bevor er released worden ist. Er ist wirklich sick und das Musikvideo ist auch der Hammer und es ist einfach wirklich einfach so Indie-fucking-Fresse Ja, Metalcore. brutal. Ich finde es eben auch sick, ja. Also, moderne Metalcore-Bands. Alle, die so tönen wie Bad Omens. Und schneidet euch mal eine Scheibe von Whiteout ab. Das ist Und interessant. Expello. Und Expello. Und Moment of Madness. Ja. Und allen anderen guten Metalcore-Bands. Ja. Und dem neuen As I Lay Dying. Ich weiß nicht, wie es heisst, aber ich habe den Namen vergessen. Wolltest du etwas Lustiges wissen? Ja. Wir hatten den Release gehabt. Dann haben wir eine Probe gehabt. Mit den Jungs, haben wir probiert und so. Und nachher der Mike so, hey, aber im Fall irgendwie aus irgendeinem Grund bei unsere Ads für den Song postet mega viele Leute einfach den einen Cold Chamber Song. Und ich so, hä, warum? Ich muss es hören. Gleiche Chords wie der Main Riff. Und der Tim hat einfach gesagt, und ich so, fuck! Wir haben noch nie von Cold Chamber gehört. Ich habe den auch mal gehört. So, also vor 30 Jahren einfach den gleichen Riff gestrichen. Ich sehe den Tim, wenn er jetzt einfach Filthy Generation nicht mehr lust. Der Tim spielt bei Whiteout. Ich hoffe mal, dass er Filthy Generation nicht einfach so lost Nein, aber es ist so der Moment, wir haben einen Song gehabt, zum Glück haben wir den released gehabt,
weil der Chorus hat ein Lied gehabt, wo 1 zu 1 in ein Dying Lied Stimmt, das war. hast du mal gesagt, ja. Aber wahrscheinlich, ich habe noch mal eine Welche? Frage. Der ist nie rausgekommen. Ja. Ich habe noch mal eine Frage, deswegen? Mike. Ja. Ich habe noch mal eine Frage an dich. Ja. Kannst du deine eigene Musik hören? Einfach so aus Spass. Nein. Gut. Ich bin so ein Narzissist. Ich kann aber Affat hören, weil ich habe an den Songs nicht mitgewirkt. Ah, okay, fair. Aber meine Swass-Songs, ich kann sie eigentlich... Nein. Weil ich höre sie ab und zu wieder mal, aber ich höre sie nicht ich höre sie ab und zu mal, weil ich einfach gefunden habe, ich komme jetzt... Wenn ich irgendwie so vom Ausgang heimfahre, so irgendetwas, dann hast du so eine Eingabe, komm, ich höre mal die Scheiße wieder. Ja, aber nein, ich höre Also ich habe keine Scheiße. ich höre meine Songs auch ab und zu, aber nicht, weil ich Musik hören will, sondern einfach, weil Ja. ich so... Ja, voll. Weil ich finde, Amix, weißt du, so wie so frische Eltern dir ihr Baby zeigen. So von wegen, schau da, ich habe Sex gehabt. Ich bin immer noch der Meinung, Leute machen nur Kinder, zum anderen können zeigen, dass sie Sex gehabt Ich haben. check's eh nicht, warum wollen immer alle so, wenn das Kind bekommen, komm mein Kind im Spital anschauen. Alter, warum, Mann? Oder grusig. Ja. Das ist kein Welpe. Ein Ist das Welpe wäre ja Alien-Tier, herzig. oder? Darum alle sagen, lass mal meine Demo, ist genau das Gleiche. Nein, aber ich höre es einfach so, weil ich habe eben letztes Mal wieder so das Gefühl gehabt, so, bah, so, ich weiß nicht, ich habe mal so 5 Minuten gehabt, wenn ich so das Gefühl hatte, so, irgendwie, ich bin jetzt 28, ich habe nichts erreicht in meinem Leben. Dann bin ich einfach so mal auf YouTube eine Versi eingegeben und so, okay, well, eigentlich, Das ist Bestätigung, weil du das nicht erreicht hast, oder wie? ja, dann habe ich gedacht, eigentlich habe ich wirklich nichts erreicht, aber ich habe doch viel gemacht. Ja. Von dem her, ich höre es manchmal, oder einfach auch zum, irgendwie einfach mal so, Ja. einfach zum wieder mal nachdenken, wie wir früher Songs geschrieben haben und dann wie es neu war. Aber das nimmt mich immer Es Wunder, verändert sich mega. ob Leute ihre eigenen Songs können hören oder Nein, aber nicht. ich kann sie nicht hören. Kannst Nein, du deine ich eigenen Songs hören, Rick? Bruder, ich höre so viel meine eigenen Songs. Weißt du, wieso der Ricky Nein, es sein warum habe ich- Spotify Rap nicht teilt? Weil es einfach nur seine eigenen Es Songs ist- sind. Es ist Ah, ein White der Ricky hat Demigod. so 50 iPhones an der Wand, wo einfach die ganze Zeit auf Repeat Nein, Songs laufen lassen. ich kann es ist wirklich Demigod Unleashed, die ersten 4 Songs und jetzt ist weiter ein Song. Und ich so, das kann ich nicht teilen. Aber der Unterschied ist, die Spotify-Rap nie teilen. Nein, das war das Jahr gewesen. Nein, das Problem ist, ich kann eben so Momente, eben dort, wo du den Release hast und nachher den Down und so. Und ich hatte ein Zeitchen gehabt, wo ich einfach draussen am Balkon einfach Bier getrunken habe und geraucht und einfach die neuen Songs immer gehört habe. Schlimm bin ich mit Unreleased, Demigod Unleashed Songs halten. Das ist aber etwas anderes. Aber das ist noch Das ist etwas anderes. schlimmer, ja. Wenn ich sie nicht released habe, Uff. höre ich sie die ganze Zeit. Schlimm. Aber Schlimm. einfach, weil ich noch irgendwie etwas finden, was ich verbessern kann. Oder Ich kann Songs auch, schreiben wenn oder ich, sonst etwas. wenn ich daheim bin und ich mache irgendeinen Synthwave-Song oder so, dann Schick mir die mal, Brudi. soll ich es dir mal schicken? Also ist Fix, gut, ja. ich schicke es mal. Anyway, auf jeden Fall, dann habe ich aber immer noch meine Reaper-Projekte von den unveröffentlichten Swass-Demos, die wir aufgenommen haben. Und dann geben wir die Amig wieder so. Ich habe etwa 100 Das ist schon Handyvideos. sick. Ich habe etwa 100 Handyvideos auf meinem PC, wo ich Riffs geschrieben habe. Früher. Ja. Die werden nie in einen Song reinkommen. Ja. Ich kann sie trotzdem noch. Nein, Weil ich kann sie vielleicht irgendwann kommt sie mal. Ich habe es eben mehr oder weniger. Pre-Production ist eigentlich, haben wir selber gemacht. Wir haben eigentlich mit denen dann zum Ricky wählen und dann haben wir das aufgelöst. Und jetzt sind die einfach so bei mir auf dem Laptop. Könnt ihr schon mal releasen, selber? Einfach so. Ja. Also, macht das. Jetzt. Nein, schon Voll. gut. Du musst einfach halt den Janik fragen, ob er es einmal in seiner Story teilt. Nein, das macht er nicht. Macht er nicht. Nein, macht er nicht. Macht er nicht. Er hat sogar einen Versus-Song in seiner Story teilt. Wirklich? Ja, ich habe ihn gefragt, hey Dude, ich weiss, also ich wollte jetzt nicht irgendwie der sein, der dich ausnutzt und so, aber hättest du eventuell Bock, unseren Song, so ein neues Musikvideo in der Story zu teilen? Und er so, ja, easy Bro, mach ich. Aber ich finde nicht, dass es das beste Crossover ist, um Leute zu bekommen. Also, was gebracht? Keine Ahnung, ob es etwas gebracht hat. Es Es- ist im Release-Ding untergegangen. Es müsste eben fast sein, wenn die Versus einfach einen Beatdown-Song rausbringen und nachher die Leute irgendwie ja, Crossover. Ich mache New Metal, ihr dürft das. Was? Ihr dürft einfach so random plötzlich einen Beat Ja. rausbringen, weil ihr Gibt's macht New auch, gibt's Metal. auch im der Breakdown von, Ja, der Ricky hat ja uns... von der Knocked Rick- Loose, oder? Das ist ja der... Nein, nicht Knocked Loose, Nein. der Breakdown von Dragging Down. Dragging Dort hat der Down. Ricky Ja. das Gefühl gehabt, so, Brudis, also schau jetzt, der Breakdown hittet. Aber, Aber, jetzt kommt das grosse Aber. jetzt mal so. ganz im Ernst. Da geht mehr und wir so... You have my curiosity, now you have my attention. Und dann haben wir einfach aus dem scheiß Breakdown, den wir am Schluss machen, einfach so einen richtig unnötigen, dummen Breakdown gemacht. was haben wir gemacht? Wir haben das Tempo runtergenommen, Wir haben das Tempo runtergenommen, wir haben noch halb so schnell gemacht, Halftime. aber viel mehr Kicks. Stumpf, Das weiß ich noch, stumpf. ja. Stumpf. Wir haben vorher dann Also so 034 stumpf, oder? Nein, so noch Stümpfer Noch 034. Und dann hat er so das Gefühl gehabt, so, hey, weißt du was?
wolltest du noch irgendeine Catchphrase vor dem Ding hauen? Und ich so, ja, ich habe eigentlich nichts gehabt. Und so, Yo, Brudi, es ist 10, es ist fucking Ruhezeit und Nutten. Direkt, Du musst bleiben, sorry. ich habe mich noch nie so wie Schweizer gefühlt. direkt den Schmier anrufen. Go, fett, Jetzt kann es einfach nicht Auf sein. jeden Fall, dann haben wir das gemacht. Immer Und der wenn Rick, wir Podcasts machen, sonst nie. Schleift es eigentlich? Ja? der hasst einfach Das kann den es Podcast. einfach nicht sein. Das ist so ein Schweizer Örgeli-Dude, der Metal-Server hasst. Das ist unser einziger Hater. Ich glaube, ein Schwein pfeift, Kollege. Auf jeden Fall, dann haben wir der Ricky so das Gefühl, also mach mal irgend so ein Ding und ich so, ja, ich weiß nicht, was dort wird passen. Dann habe ich einfach so geglaubt, ich habe einfach you fucking hypocrite gesagt und er so, okay, jetzt mach das mal mit so tief. Und der Butch so, mach den Batman und ich so, you fucking hypocrite. Und sie kommt doch von einem Song. Ja, unserem Song, ja. Nein, von einem... You fucking... Ist das Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es von einem Song kommt. Auf jeden Fall, das ist mir dort, weil es mit dem Text aufgeht vom Rest vom Song. ein Der Pink-Song ist das? Fair. Und der Ricky dann einfach hat das genommen, Octaver drauf, verzerrt. Und dann haben wir so, jetzt tönst du wieder Sänger von Slaughter to Prevail. Und er so, was, lass er schlafen? Und wir so, wow. Ja, geil. Ja. Den muss dann nachher einfach mal zeigen. Was Ja, ich das kann man zeigen. Amazing Sea bei All to Get Her. Ja, genau. Der neue Song Plastic. Mhm. Unsere Haben wir ihn Pop-Punk-Helden, Alter. Ich habe es einmal Pop-Punk gehört. Heroes. Ja, Die aber- einzige Pop-Punk-Band aus der Schweiz, die es noch gibt. Ja. Alle anderen haben sich Six aufgelöst. Sense, die sind richtig gut. Auch Plastic finde ich sick, richtig gut. Also für all die Guys, die A Day to Remember feiern und das ganze All-Time Low. und so. All-Time Low Stuff, go for it all together. All to Get Her, vor allem auch eine sehr sicke Band, wo auch einfach, wenn sie fragst, ob sie an der Plattentaufe spielen, an der Plattentaufe spielen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber im 19. haben sie es gemacht. Ja, ist geil. Ich glaube, sie würden es auch jetzt noch machen, liebe Bands. Probably schon. Ah, wir haben mit denen in dem Fall auch gespielt. Mhm. Ah, ich habe es Ja. komplett vergessen. Ja, das ist die Plattentaufe von Eversis im Werk 21, wo fast ausverkauft Da war. bin ich gewesen. 185 Leute sind da gewesen. Und dort Brudi, haben wir- aber das Line-Up, Ja. Whiteout, All to Get Her und Eversis. Ja. Auch Stimmt. völlig völlig. Ja, Aber wir ist haben geil. dort sogar unser Videoclip aufgenommen. Stimmt, ihr habt dort einen Videoclip aufgenommen. Stimmt. Ja. Ja. Wir auch. Das ist Aber der Tim die ganze Zeit zum Umtigern wegen dem Video. wir haben auch einen Videoclip aufgenommen, aber der ist nicht mehr online. Ja. Ja, aber Die alten Wassersachen sind auch nicht mehr online. Aber die alten Wassersachen sind nicht mehr online, weil ich glaube, ich habe vergessen, Distro-Kit zu zahlen. Dann haben sie es weggenommen. Und ich habe die WAV-Dateien nicht mehr so. Und ich kann nicht einfach die MP3-Dateien auf Spotify finden. das kannst du schon machen. Das tut eh nicht so gut, ja. Nein, also MP3 Wave, ganz ehrlich. Das ist für den Timo. Der Timo schickt uns. Mal Du bist auch so einer. Der Timo schickt uns jetzt mal Schluss. Wir machen jetzt so Demos im Ich hasse Bandroom. das. Nein, Wave Bandroom, Demos und der Timo schickt uns immer Wave-Files. Nicht so Der Tim schickt ist einfach auch- Ja, aber MP3. für das System will ich es jetzt auch nicht machen. Und der Timo aber so, ja, aber WAV ist bessere Ja. Qualität. Und ich denke mir einfach so, Ja, Timo, aber niemand das Demo- hört das. Also ich nehme MP3s zum Mischen, wenn ich will. Wir haben letztes Jahr unsere alten Intros durchgeschaut. Und der Aber Timo so, wenn du es rausgelassen hast und das kompiliert ist auch so. Kein Unterschied. Ja, aber das ist schon gleich. wir haben letztes Jahr unsere alten Intros durchgeschaut. Und der Timo so, das haben sie sicher von YouTube abgeladen. Und ich so, was bist du für ein Autist, dass du das hörst? Hat es gestummen? Ja. Jetzt hast du das Gefühl, dass ich das her habe. Ja, All Together. Und dann eben Broken Fate, Fighters and Dreamers, Album. Album, ja. Ich habe es live gehört. Es fickt wie Sau, es klopft, es Wie ist viele Bullen, es Albums ist haben die böse. Jungs schon? Ich habe es eben noch nicht gelost. Es ist böse. Lohnt sich? Böse, Bruder. Es ist böse. Ja, es ist Broken Fate. Es ist, Aber Ja, ich glaube, fair. du bekommst, was versprochen wird. ich glaube, Ja. die hauen jetzt ein neues Album in 2 Jahren oder so. Ist wirklich krass, was für ein Tempo die haben. Sie sind wie Architects Wirklich, Mhm. wirklich. und Paleface. Unglaublich. Dann My Last Hour. Voll, genau. Is this the future? Der hat uns, glaube ich, der Dings empfohlen. Fuck. Der Brudi von Kids in Cages. Der Der Film. Finley hat es, glaube ich, empfohlen. Sehr cool. Bin mal gelesen. Geiler Scheiß. Ja, es hat noch so ein bisschen ich habe das Gefühl, es hat noch so ein bisschen einen Black Metal Touch Ein drin. bisschen. Wenn es das ist schon Ist das. Core, gell? ist Core, aber Aber es hat noch so ein ja, bisschen ja, voll. einen True gewollten Touch drin. Ein bisschen, yes. Das finde ich Ein geil. bisschen. Ja, Voll. My Last Hour, Is This the Future? Yes, ganz gut checken. Nachher kommen wir zu etwas, was sehr cool ist, was ich nicht erwartet habe. Das ist wirklich aus dem Nichts gekommen. With Heart, Atmosphere. Das sind Sänger von Improvement und der Gitarrist von Silent Circus und andere Jungs, die es recht im Griff haben. Und eben so Melodic, Post-Hardcore, Core, Zeugs. Recht cool. Also geil. Sick, ja. Ich bin wirklich sehr gespannt, auf was da kommt. Es ist geil, wenn ihr vor 10 Jahren so Musik geil gefunden habt, findet ihr den Song geil. Ja, absolut. Absolut. Aber er ist ja geil. Er ist ja geil. Er ist absolut Sehr sick. gut gemacht, voll.
Es gibt Leute, man munkelt, dass man das Musikvideo schon mal gesehen hat. Voll. Aber Brudis, Aber es ist ein gutes Musikvideo. es ist sehr gefährlich, in der Straße einfach zu legen für das Video. Es könnte das Auto kommen. Das ist nicht erlaubt Gefährlich, übrigens. voll. Hä? Nicht erlaubt. Wenn das die illegal. Polizei sieht, Buben. Voll. Hä? Brudis, das Ja, ist aber im Fall auch nicht gut. Filmen in der Öffentlichkeit ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt. Ich frage mich auch, ob Bands, die irgendwie auf der Wiese Drums spielen, überhaupt legal machen oder einfach warten, bis die Bullen kommen. Oder macht das einfach irgendjemand, das macht doch niemand legal. Also die machen sicher das einfach nicht. Oder mal. im Wald oder so. Im Wie Wald machst du das? ganz sicher Einfach nicht, so, nein. so weit wie du kannst, bis die Polizei kommt und nachher packst du Im Wald kommt der Förster mit seiner Flinte, mit seinem Gewehr. Also ich habe mich immer gefragt, jetzt so musst du jemanden fragen. Wer fragst du, wenn du im Wald willst, etwas kaufen? Der Dude, was das Land gehört. Dem, wo es lang gehört, ja. Und wenn es öffentlich ist? Fast nicht. Im Fall der meiste Im Wald Wald in der ist Schweiz nicht ist privat. Ohne Scheiß. Ja, Mhm. der grösste Teil vom Wald ist privat. Alright. Ja, Wenn aber wir es fragen. ist halt Wald, das interessiert halt- so wie auch niemand. Ja, es ist halt Wald. Ich so. wollte unbedingt mal ein Video machen, da unten, weißt im Fluss, hast du ja so Inselis. Ja, Mal ein Schlagzeug dort stellen und Ja, einfach das machst Video da einfach machen. das ist schon ein Sick, ja. Fra- Ich Frage glaube, ist, das ist wie sicher mit dem etwa 2 Schlagzeug Stunden dann bis Cops kommen. Ja, das ist im Fall nicht tief. Die Limata unten ist, ist nicht tief. Aha. Dort, wo ich bin, dort unten kannst du eigentlich gut durchlaufen. Ah, okay. Machen wir. Das wäre schon geil. Mhm. Voll. Und sonst Gummiboot, Alter. Ja, erst Schlagzeug auf dem Gummiboden nachher dann erst. Ah, gut. Ja, musst du nur rüberbringen zum Insel. Aber easy, das wäre With Heart und wir haben ja schon mal gesagt, kannst du weiter? Genau, wir haben vorhin schon mal davon geredet. Moment of Madness, die am Tja. Dynamo Zürich offiziell Bandcontest von Greenfield werden spielen. Yes. Haben das Album rausgebracht letzte. Eben, Sick. die Jungs von shit. EMS haben anscheinend nichts davon mitbekommen. Mir ist es komplett zugespammt worden. Ja, Same. bei mir auch. Das ist immer noch ein Rätsel, das man sich gelöst haben. Aber das Album ist rausgekommen, ich habe es gelöst und es ist fucking sick. Das ist Ich habe heavy. einfach eine Frage. Das ist übrigens, warte kurz, das ist übrigens die Frage der Fragen. Ich habe sie vorher dem Mike schon gestellt und dem Ricky, glaube ich. Und beide haben mir zugestimmt. Ich frage mich einfach, wie das Album mehr nach Defender kann tönen wie Defender. Aber es ist ein Vibe, oder? So, das ist jetzt nicht ist einfach irgendwie, der Vibe. das ist jetzt nicht irgendwie ein Diss oder so. Aber Nein. wenn ich das höre, denke ich, ich habe das gehört und ich habe einfach so gedacht, so, Ja. das sind Defenders. Es tönt mehr nach Defender, wie Defender selber nach Defender tönt. Das ist Ja. so wie wenn, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn Defender noch 10 Jahre weitergemacht hätte, wäre jetzt irgendwann dort angekommen. Es ist so ein bisschen der Bade-Core-Sound irgendwie. Ja, voll. Ja, Irgendwie voll. schon. Es gibt ein paar Bands, die so Sound ähnlich machen, zum Beispiel Ich mit alles im Aargau. Dings. Gut, Mayflower macht auch so Sound, der sehr ähnlich ist. Ja, aber übrigens, Mayflower ist ja der Dings, der Gitarrist von Mayflower ist der ehemalige Der Bassgitarrist. Johnny, oder? Der Johnny, ja. Ja, voll. Und Shoutout der an Gitarrist von- Johnny, Alter. Und der Gitarrist von Defender ist schon Ja, der eben, Fall. ich wollte sagen, der ist Ja. ja bei Defender gewesen. Stimmt. Aber der Dings, er ist ja Gitarrist gewesen, hauptsächlich von Johnny seiner alten Band. Until Resistance Falls. Stimmt. Klassischer Metalcore-Bandname. Ja. Hat nicht Tomek dort? Nein, Tomek ist nicht Nein, wenig die gewesen. haben auch Fall. Das ist auch Das ist ein anderer Fall. das ist ein anderer Fall. Das ist, Tomek hat eine Let andere Me Vollband. Let Me Let Me Fall, Fall. genau. mit denen haben wir mal gespielt, das ist fucking sexy. Ja, das- Ja, Tomek am ist Mostown, am Mostown, wo ich organisiert habe, wo jede übrigens- Kackband Oh. dabei war. Oh, übrigens, Ausser der Versis. ich Außer der Versis. wollte noch mit dir ein bisschen über Veranstaltungs reden. Alter, Fuck, ich glaube, Ja, das müssen wir das müssen wir in einer anderen Episode Ja, erklären. aber ich habe schon viele Konzerte organisiert. Eben, voll, ja. aber Aber er das ist ja tut ja- er ist ja unser Außenkorrespondent. Wir könnten Ja. sicher wieder mal ins Studio Ja, holen. das ist eine Family-Episode. Wir Das sollten kommt vor allem immer auch mal- mehr. Wir sind vor allem alles Nachbarn, wir können einfach Ja. überall laufen. Wir sollten dann einmal außenkorrespondieren. Also, nein, wir müssen unbedingt mal eine Folge machen, wo wir nur über Veranstalten. Ich ja, wollte aber dann unbedingt können wir den mal, Umi ja gerade ich einladen. wollte auch den Umi mal haben, um seine Erfahrung zu sammeln. Ja, also machen wir mal. Fair enough. Und der Döme. Voll. Döme merkt Ja. Umi alle Ja. auf die Bank. Ich habe mit dem Döme zusammen auch ein Konzert organisieren. Ja, da muss auch mal da. Der Döme von Aber ja, Silverasberg. jetzt haben wir schon lang geredet. Also, ja, das Ja, es wird eine mal, lange Folge. voll, das, Also, Moment of Ja. Madness Album. Wenn ihr Ich Defender glaub, das- und Welsh Sleeps geil findet, ziehen wir das Ding rein, weil es ist ja. sick. Voll. Ich glaube, das wird länger als die unsere andere Gastfolge. Ja, das wird länger als Sie ist schon lang gewesen, gewesen, ja. Ja, aber die wird länger. Sie ist schon länger. Sie ist schon lang. Alright, dann kommen wir zu Konzert. Und Leute, jetzt muss ich bis um 2 Uhr am Morgen shit editieren. Aber Hast du schon wollen, dass es um 12 Uhr released ist? Jetzt musst ja, du- genau. Ja, das Problem ist, wir sind um 12 Uhr erst fertig Voll. mit dem Also. Aufnehmen. Genau, Konzerte. Und jetzt müssen wir los, weil ich würde mir Mühe geben, dass das am Freitagmorgen rauskommt. Ja. Heute, wenn du das los ist, jetzt am Freitag gerade, bist du beim Geschäft, bist am Arbeiten und hast keine Oder Ahnung, auf dem was du WC. willst machen. Oder auf dem WC am Kacken oder was auch immer. Dann los mal zu, aber es sind jetzt Freitag 2 Konzerte, wo du spontan gehen. Einerseits
haben wir Final Story, Irony of Fate und Moment of Madness. Aber das ist ein härter Das ist verdammt hart. Das ist schon hart zum Entscheiden. Wenn du so gerne Local-Shows hast, das ist jetzt richtig hart zum Entscheiden. Du hast das Konzert vergessen. Habe ich vergessen? Fuck. Ja, das, wo Mon ist. Welches? Beartooth, Straight from the Path. Nein, das sind nur Local-Shows. wir machen Wir machen Local-Shows. nur Werbung für Local-Shows. Wir schaffen nicht for the man, Ausser- weißt du, was ich meine? Sorry, gell? Ausser Beartooth hätte jetzt Whiteout zum Beispiel als Vorband. Haben sie nicht. Haben sie nicht. Wir machen for the Dann people. würden wir das machen. Wenn jetzt irgendwie Swaz Vorband wäre, Swaz Opener wäre am Imperican Festival, würden wir das sagen. Aber sie sind es halt nicht drum. Also, Das sind sie halt nicht, ja. Genau. Dann, das wäre im Dachstock Bern, Freitag, eben 10. Heute, wenn du am Kacken bist. Nachher haben wir ein Reminder, eigentlich. Wir haben dir, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesagt. Jo. Aber morgen ist, oder heute, beziehungsweise, ist der Kate Effect Plattentafel mit Expello und With One Word. Ist auch ein krasser Shit, Alter. Das ist Also ein mega blödes Datum. Hey, fuck. eigentlich bist du wirklich gefickt, wenn du gerne Metalcore hörst. Oder Metal generell. Ja. Weil du hast mit Final Story eine verdammt fette Band, mit Irony of Fate ist eine kopfverdammte fette Band, Moment of Madness hat ein kopfverdammte Killer-Album gerade erst rausgehauen, ist eine fette Band. Aha. Decade Effect ist heftig, Expello ist meiner Meinung nach mit Whiteout zusammen die besten Metalcore von der Schweiz und With One Word ist auch nicht schlecht. Ja, wirklich. Alles. Das ist einfach am Arsch, das ist jetzt fast ein bisschen gemein gewesen. Ja, du hast jetzt alle mega gelobt, aber With One Word ist auch nicht schlecht. So. Ja, es hat hohen Fall stöhnt, aber ich habe es nicht so gemeint. Ja. Wir haben With One Word, du hast With One Word in dieser Folge schon genug gelobt. Jetzt muss einer With One Word hat übrigens dank mir ihre allererste Gig gehabt, gell? Wirklich? Ja. Das erste Moshdown habe ich sie eingeladen, weil sie mich gefragt haben, ob ich das gerne habe gefunden. Ja, natürlich gebe ich einer aufstrebenden Band ihre erste Gig. Natürlich. Dann hast du den Josh gerne, das war schleiße in dieser Zeit. Aber hat der Josh noch nicht gespielt. Bei With One Word. Da hat es noch keinen Bassist gehabt. Nein, Josh, wie gesagt, es ist nur, weil du und der Brian gesagt haben, wir sollen euch ein bisschen mehr Ja, also der Brian hat das gesagt. Ja, aber sie sind das Gleiche. Ja, fair. Der Josh hat ja in seinem Podcast, den er mit der Zwetti hat, wo es Marvel-Sachen redet, hat er gesagt, ich bin der Josh und nachher hat er gesagt, ja, ich bin der Josh und dann hat Zwetti das Gefühl gehabt, ich habe jetzt gerade Huren müssen gegen ankämpfen und nicht sagen, und ich bin der Brian. Und aber die haben so eine Symbiose am Laufen, das ist okay. Fair, ja. Das ist cool. Nein, aber Dings, With One Word, ich bin immer sehr gespannt, jedes Mal, wenn ich die live sehe, wie sie sich entwickelt. Ich muss sagen, Aaron, seine Lows, geil. Habe ich am Dings gesehen, am, wie jetzt das Festival geheißen? ICU Festival. Du hast den gespielt, Ricky? Ja, genau. Oh, jetzt geheißen. Das ist eine Platzierung gewesen, dass du den ja, sorry. Ich hatte dich Übrigens, als falls ihr eine Nu-Metal-Band für nächstes Jahr braucht. Falls wir eine die haben schon alle Nu-Metal-Bands, jetzt haben Secret und wie heisst die? Chaoseum. Also sie haben schon alle Nu-Metal-Bands. Sie bräuchten nur noch ein Small District Falls ihr nochmal und Mind Collision oder hätten es alle. Aber sie haben nicht Versis. Genau, das stimmt. Ja, voll. Einzigartig. Aber weißt du, wer auch nicht der Versus hat? Das Metalfield Festival, weil sie das nicht zurückgeschrieben haben auf unsere E-Mail. Sie haben doch auch geghostet. Hey, aber Ja, sie haben das auch gekostet, ja. Aber wieso habt ihr euch nicht für Dings beworben, für die Summerside? Irgendwie alle haben, ich habe so viele Posts von Leuten, die Ja, sagen, brutal, Alter. voll Meine Insta-Page ist voll gewesen mit Ja, das Ding ist Votes halt, für uns. das Ding ist halt, weißt du, so, wir können halt nicht einmal Festival spielen, wo Billy Talent spielt. Die sind unter unserem Niveau. Eben genau. Nicht gut genug. Also, sorry. Nachher, wir haben ja vorher Nein, von wir den haben es im Fall Seniors... ganz ehrlich einfach verhängt. Ich habe gar nicht gewusst, dass die einen Bandcontest haben. Ich auch nicht. Ganz Und ehrlich. dann, das ich ist habe ja nicht jetzt gewusst, dass die einen promoted Bandcontest worden. haben und dann plötzlich kommt einer am Konzert zu mir so, hey, ich bin in einer Band und wir spielen das an einem Contest und willst du Werbung? Und ich so, ja, ich kann schon für dich abstimmen, aber ich habe Und auch sie einen haben- und sie haben Podcast, wir nicht- können jetzt auch, Ja. du kannst jetzt Ja. auch einfach eine Story Und sie haben machen. nicht nur eine Band genommen, sie haben 4 Bands genommen für den Contest. Mhm. Jetzt sind, glaube Ja, aber sie haben irgendwie 6 Gewinner oder so. ich, es spielen. sind recht viele. Also die Also, Chancen, dort reinzukommen, sind ja, eigentlich ziemlich groß. Ja, voll. Ich habe es Also, nicht sind gewusst. sie nicht mehr, weil der Contest ist durch. Ja, der Contest ist durch. Ja, gross gewesen. Ja, fair. Aber nachher kommen wir zu einer Band, wir haben vorher von der IMS Seniors Extremos geredet. Die Jungs, die den geile Podcast haben, wo wenn du eine Band spielst, musst du unbedingt hören. Es hat mega wertvolle Infos, die ich gerne hätte vor 10 Jahren gehört.
Und, Aber vor 10 Jahren hat es dir nicht gebracht, weil dort haben wir noch kein Instagram gehabt. nein, doch. Mal. Ja, aber noch nicht so gross. Noch nicht so gross, Jetzt ist ja. Facebook noch Facebook ist noch wichtiger gross, gewesen. ja. Weißt du, dann habe ich Instagram abgeladen, als ich zu Swas gegangen bin. für Band-Promotion. Ich habe Instagram abgeladen, weil ich mir eine Snowboardbrille bestellt habe und die Firma, die mir die Snowboardbrille hätte sollen schicken, hat sie mir nicht geschickt und nachher habe ich denen E-Mails geschrieben und es ist nichts passiert. Dann habe ich gesehen, dass sie auf Instagram die ganze Zeit aktiv sind. Habe ich den geschrieben, dann haben wir einen zurückgeschrieben, dann habe ich mal mit einem telefoniert, ist immer noch nichts passiert. Ulrich Badertscher, schuldest mir noch eine Brille, Alter. Also, du hast bis jetzt noch deine Snowboard-Brille nicht bekommen. Immer noch nicht. Oh, schade. Ja, Die aber jetzt, Wichsers. einer von den schönen Systemen, die spielt in einer Band, heisst I The Illusionist. Und sie spielt in, ich glaube, das ist Deutschland. Münchenstein. Ich glaube, Nord von Basel oder so etwas. Mhm. I The Illusionist. Nein, Münchenstein ist die Schweiz. Das hat Swas auch schon gespielt. Münchenstein. Ist, Ja, das ist Schweiz. Das ist Basel. Auf jeden Das hat Fall. Swas auch schon Das ist gespielt. Basel, ja, weil der Ding hat mir vorher Dort. gerade noch, der Ding hat mir gerade vorher auf meinem Versus-Account geschrieben, weil ich geschrieben, geil, hat er mir geschrieben, ja, kommst du auch gut Rämli fahren? Und ich so, nein, sorry, ich bin im Rämli. Skiweekend. Hey, ich sage dir, ich habe noch nie so Schweiz, ich habe noch nie so schlechtes Catering gehabt, wie dort in Münchenstein mit Swas gespielt haben. Ich habe immer gemeint, Spaghetti kann man nicht versauen. Ah, du bist aber- noch nie in Kuba gewesen, Aber Bro. die haben Spaghetti versaut. Oh, Auf jeden Fall ist shit. es in Basel. Eben, in dem Fall ist Basel, in der Schweiz. In dem Fall, ja, I The Illusionist und Mayflower. Ich meine, Mayflower haben einen krassen Debüt gehabt, das sie für Ginger, nein, für Spiritbox geöffnet haben. Spiritbox, ja. Das ist crazy. Seine erste Show, glaube ich. Ist Brutal. das Spiritbox so, ja, fuck, the fuck, Alter. Ja, also richtig cool. Geben Vollgas. I The Illusionist machen geile Deathcore und sie haben coole Lichter, die ich in dem Video gesehen habe. Sie haben coole Lieder. Ja, Dings, hast du das Video Also, es ist gesehen? wie so, wenn du sagst, ja, er hat im Vortrag Nein, frei geredet Nein, und Dings. schöne Bilder verwendet. Nein, ist schon geil, weil sie haben die Lichter mit den Sound synchronisiert und wenn es Blastbeats gibt, die Lichter auch mitmachen. Also, sie macht einen Strobo. Nicht Strom, ist einfach über DMX oder so, Ja. über MIDI. Steuert richtig geil, ich finde es so cool. Ja, voll. Also, wenn du irgendwie Epilepsie hast, gehst du nicht schauen. voll. Oder hebt die Augen zu. Aber Ja, oder coole das. Musik, eben Deathcore, like it. Geht Deathcore. das groß. Ja, musst mal gucken, musst mal jetzt Sick. Voll. Ist Dann- Deathcore eigentlich auch Busy und Gacki Musik? Oder ist Busy und Nein. Gacki Musik gemischt mit Metalcore? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen Okay. Gacki-Musik gemischt mit Metalcore. Ja. Genau, nächstes Konzert ist Royal Desolation und The Hunt. In Klammern, die sind am Greenfield Band Contest dabei. Yes. Und du Das hast wäre gesagt, du auch am kennst Samstag Ja. Und sick. in Ostermundigen. Also Ah. in Bern. Ah, ja. Von dem her, Bern? Geht doch vorbei. Können wir checken? Du müsstest eigentlich, jetzt wo du immer Tremmeln und so sagst, jetzt musst du eigentlich etwas auf Berndeutsch sagen, dass die Musst Berner auch noch etwas für dich haben. Musst auch etwas Oh, von wow. Bern. Ich könnte es viel besser wie das. Ich habe 2 Berner Kollegen und die sagen, ich kann, Ja, ich habe ich zwei kann auch Berner, richtig aussprechen. ich Jetzt habe kann ich's gar ich habe nicht. zwei Okay. Berner Bandmitglieder, Bruder. Ja, Stimmt. ja, das Eben. sind die 2. Voll geil. Dann habe ich 3 Berner Kollegen. Weil ich glaube, der Nachher, Josh kommt aus Solothurn. Nachher eine Band, die ich finde, ist hure, ich habe das Wort jetzt vergessen. Brudi, ich glaube, mit Arcane haben wir Wie schon mal sagst- gespielt. Wie sagst du? Underappreciated? Oder underrated? Hure underrated finde ich, also die Band finde ich, sollte Ich viel finde es solid, dass wir vom einen viel englischen Wort größeres zum anderen Publikum Wort haben. sind. Es ist Arcane. Und der Arcane spielt mit Fate of Faith. Der Name ist crazy zum Aussprechen, weil wenn ich sage, ich weiß nicht, wie es geschrieben wird, ich habe es fast falsch geschrieben. Aber ja, Arcane und Fate of Faith spielen zusammen in Bruchblatt Luzern. Also ich glaube im Fall, Eversis hat schon mal einen Gig mit Arcane gehabt. Ja, ich glaube schon. Im Aber ich- Kloten, im Büchlerhaus. Aber ich bin jetzt gerade im Überlegen, Büchlerhaus. wie- Was so ist ein Museum in Kloten. das? Oh, das ist einfach das Das Museum. ist fucking Jungs, random. ich glaube, haben wir die Datum überhaupt gesagt, oder ist es 2 Konzerte? Ich glaube nicht. Nein, aber sie sind beide am Samstag, 11. Nein, März. gar keine Daten. Voll beide, Samstag, 11. März. Eben, I einerseits Delusionist, Mayflower, Samstag, 11. März. in Münchenstein, Royal Desolation, The Hunt, 11. März. Ostermundigen. Genau. Und nachher, Arcane und Fate of Fate, 22.04. das ist noch im Monat. im da hat Bruch noch Zeit. Brothers. Voll. Also, geht Brudi, im- ja, Eversis hat man mit Arcane gespielt. Die sind fucking sick. Ja, das ist die richtig sind hässige ich Musik, Mann. Ich liebe die Sick. Jungs. Die machen so gute Musik. Ja. Die sind wirklich Richtig geil. underrated. Richtig Voll, geil. voll. Ich glaube, ich bin auf einem Wann hat der Versus E-Mail-Newsletter mit drauf. ihnen gespielt? Boah, das muss etwa im 7. Das ist in dem Jahr gewesen, wo Southside abgesagt worden ist, weil an dem Tag ist der Kollege am Rock, entweder Rock im Park oder Southside gewesen, und es hat so gestürmt, dass es abgesagt worden ist, dass er zurückgekommen ist und einfach irgendwie 300 € in der Tasche gehabt hat und gesagt hat, «Ah, ich kann nicht mit Euro anfangen in der Schweiz. Und die uns einfach in die Bandkasse reingerührt hat. Ah, Und wir dann so das Gefühl hatten, so, Bro, what the fuck? Und er hat sie dann quasi einfach so nicht zurückgewählt und wir haben ihm wirklich irgendwie müssen zwingen, das Geld zurückzunehmen. what the fuck, okay. Das war völlig Alright. insane gewesen. Hast du gesagt, du, da ist ein Shirt.
Ja, nein, er hat schon das Shirt von uns angehabt. Ah, Da ist nochmal eins. Ja. Nein, aber dann... Es Also so das ist der dreckig. Ding, das ist der Drummer gewesen von, wie heisst jetzt die neue Band vom Ivo und dem Demi? Wie heisst jetzt? People Die at the Fair. Das war der Drummer von denen gewesen, der Demi. People, Ja. Sag mir etwas. Ja, mit denen haben wir Anfang letztes Jahr gespielt. An ihrer Platte, an ihrer Release-Show. Ja. Aber das Konzert ist am 22.04. Genau. Und es hat aber noch ein Konzert vorher. Ja, Mindbriefer. Ah nein, die suchen einen Bassist. Ja, okay, sorry, das kann ich wieder nicht ansagen. Das muss der Ricky machen, weil der Ricky ist... Du kannst es auch ansagen. ich kann es auch ansagen, ja. Ich werde nämlich dort sein. Mhm. Und zwar von dem lieben Herr da hinten. Zwar ist es das Taylor Swift Factory Racing Konzert. Nein, natürlich das Betrayal of Kamigawa. Ich habe schon davon erzählt, glaube ich, schon mal im Podcast. Ja, ich nerv, glaube ich, jedes Mal damit. Das ist am 25.03. Wäre ich 21. Yes. Wird sick. Kauft Billett. Ja, ich habe vor allem mal mit ein paar Leuten geredet, weil der Rick kann denen Flyers angetragen und gesagt, es gibt Ja. gratis Bier, wenn sie ein Foto mit mir machen am Konzert. Stimmt, ja. Oder mit dem Dings, oder mit Mick. Mit dem Dave, ja. Ja. Und irgendjemand hat das Gefühl, boah, aber das Line-Up ist ja hure heftig. Und ich so, ja, abgesehen von Eversis ist das Line-Up wirklich fucking heftig, weil es spielen... Versus ist auch heftig, oder? Ja, aber ich finde jetzt im Vergleich zu Save Your Last Breath, Invoker, Foreign und Another Approach, Ja. wir sind schon okay, aber das Ich ist finde, schon du ein bist zu heftiges hart mit Line-Up. dich selber im Fall. Und Whitehead ist halt betrayed worden, ja. Ja, und Ja, wir sind fucking, betrayed. fucking Betrayers of Kamigawa, ja. Ich Ja. würde das Kerzchen Es ist- anzünden an dem Wir Konzert. machen Ja. wirklich so ein Wrestling-Feud-Dings jetzt. Macht ihr ein eigenes Ding. Ja, Das ist voll. so Betrayers of ihr Hurenwichser. Und machen einfach so ein Line-Up und schreiben so, Eversis, Save So Your mit Last so Breath. Pappaufsteller Nein, sie von machen allen Mitgliedern von den anderen Nein, sie schreiben Bands, die einfach- sie es kaputt machen. Sie machen einfach so einen Flyer und schreiben so Eversis drauf, Save Your Last Breath drauf, Foreign drauf. Voll. Und dann streichen sie alles mit so rotem Stift durch So, und die spielen nicht. schreiben den anderen Bandnamen drüber von den Bands, die es gebucht haben. Und der heißt nachher Safer Less Betrayal. Ja. Ja. Alright. Yes, Ja. Alter. Alrighty, baby. It's True Friends Fest because they Oh. stab you in the front. Ja, ja. Oh. Hey, im Fall, du hast vorher People Die at the Fair gesagt. Ja. Kennst du den Ivo in dem Fall? Ja, ich kann schon das Konzert. Ja. Aha, er hat im Geschäft gearbeitet, wo ich gearbeitet habe. Was Ich kenne geil. ihn vom Arbeiten. Scheiße geil. Ja, ich habe immer gewusst, er hat in Bands gespielt, aber wir haben Er hat nie live angefangen. gespielt. Aber er bei hat dir in der anfangs- Abteilung, oder wie? Nein, aber ich weiß ihn, also wir haben uns gesehen im Friday Beers und so. Okay. Er hat ja bei Rue de Cascade als Sänger mitgemacht. Eben, in einer Band, ich weiss, seine Band hat am Atropas erste Konzert eingeladen, das weiss ich. Da bin ich aber noch nicht dabei gewesen. Easy. Das weiss Ja, ich. ja, es ist geil. Er ist Sänger von, er ist jetzt Sänger von Dings, von Voll, ja. People Die at the Fair. Ist Ja. geil. Und ja, ich finde es immer noch ein geiler Bandname. Ja, ist Ja. cool, cool. Fair. Aber nice, in dem Fall gehen wir mal zum nächsten Segment, würde ich sagen. Was denkst Ja. 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 Alright. Endlich wieder mal die gute Musik. du? Alrighty, wir sind Und alle da. so, ich habe das noch nie gehört. Mm. Nein, Mami, das kann ich nicht. Ja, wir kommen zu Oder wenn es Musiker Mami Tinder. kennt, weiß ich auch nicht. Wir kommen zu Musiker Tinder und wir haben heute eine Band, die einen Bassist sucht. Und nicht in Zürich, sondern im Kanton Uri. Meint ist Mindbreather, macht Core. So ein bisschen. Wenn ich die richtige Band im Kopf habe, ist es ein bisschen Ambient Core. Aber Herr. Ich weiß nicht. Ja, und du bist der Nüchterne von uns drei. Wenn ich die richtige Band Also im ich Kopf weiß, habe. ich habe mal Songs von denen gehört. Sind cool. Also ich kenne die Songs von Mindbriefer. Mhm. Und sind Gut, sick. dann übernimm du das bitte. Cool. Ja, wenn er auf Ambient Core ist eigentlich Ambient Core ziemlich ist- gut, ja. Also, Ja, wenn ihr Bock drauf habt auf geilen Core voll. Und spielst Spaß. und in fucking Uri sind, Ja, gar voll. nicht gewusst, Menschen leben so. Nein, nur Bin mit dem schnell. Urner im Weg. Richtig geiles Sieg. Dann geht zu Mindbriefer. Sie haben das E-Mail. Es ist mindbrieferband@gmail.com. Voll. Oder Mindbreather Band in Instagram. Voll. Kann einfach die dann schreiben. Und Musik hören. Sie sind auf Spotify, wenn ich mich nicht irre. Voll. Nachher kommen wir zu der nächsten Band. Ist eine Band, die noch nicht Musik raus hat. Aber lustigerweise, sie haben ein Death Metal Cover von The Threesome in Instagram.
Ich liebe es aber, wenn so Bands, die absolut nicht gross sind, Covers machen von Bands, die absolut nicht gross sind. Und ich finde geil, wie sie den Meme-Shitposting-Dings von Xoner einfach auch machen. Einfach statt mit Goons machen sie mit Crusaders. Einfach so Crusader-Memes. Wieso ist das bei mir auf meiner Page nicht auftaucht? Wie du nicht games. Hey, das finde Crusader Shitposting, I'm all for it im Fall. Hure gut. Also machen das weiter. Da kann ich jetzt mehr machen. Es heisst Black Mammoth, auch ein sehr geiler Name. Also das ist ein stabiler Name. Ja, richtig guter Name. Und Black Mammoth, das kann nur gute Musik sein. Und sie suchen Lead-Gitarrist, sie machen Death Metal. Ist der Mann schwarz der Brun gewesen? Das Ding ist, er hat ja gesagt, sie machen Shitposting und Death Metal ist ja busy und gacki Musik. Ja. Von dem her, hey, also jeder, der nicht die Folge mit dem Brian und Josh gelost hat, wird jetzt jedes Mal, wenn ich busy und gacki Musik sage, einfach mich als der grösste Wichser anstellen. Ja, exakt das, ja. Ja, genau. In dem Fall hört die Episode mit dem Brian und Josh, wenn dich das jetzt triggert hat. Ausser die, wenn der Silvan hatet, dann nicht. Voll. Ja. Also. Bring it on. Kommen wir zum nächsten Segment. Das war schnell gewesen. Aber ganz ehrlich, wir sind schon über 2 Stunden am Reden gewesen. Und das Ding ist, falls es bei Mike in einer Band mit dem Schlagzeuger nicht Oh ja, genau. Ja, wenn wir ein Schlagzeug spielen, dann das ist richtig krass sagt es sicher uns zweimal und dann können wir nachher nochmal Musiker-Tinder machen für Anfahrt. Ja. Und sonst, wenn du findest, du bist krass und könntest gerade durch den Bewerbungsprozess einfach fliegen, bewirb dich einfach. Also, genau, vielleicht bewerben. Also, es ist jetzt so, dass wir. Es ist jetzt nicht bewerben, also chills, wir sind gemütlich. Der Drummer ist in der zweiten Runde reingekommen vom Bewerbungsprozess. Du hast gerade gesagt, er ist im Recall. Ja, genau. Bro, jemand, der einen Recall hat. Er hat einen geilen Zettel bekommen. Ich habe das ernsthaft im Bandchat vorgeschlagen, wenn man so einen geilen Zettel als Scherzausdruck kann ihm geben, wo schon Recall, DSDS Recall draufsteht. Er hat ein Feedback-Sheet bekommen. Also sie haben es nicht wollen. Alright, Ja. aber ja. Verstehe ich irgendwie nicht. Ich auch nicht. Ist aber schon noch geil. Voll. Na, aber dann gehen wir zum nächsten Segment. Und zwar das letzte. Quackshot! Yeah! Sorry, der Ricky muss einen Song aus dem machen. Ja, Das ist wirklich. brutal. Es ist doch so gut. Ich kann schon vor irgendwann mal Musik mit den Zeugs machen. Können wir nachher als Metal Server releasen. Ja. Voll. Fair. Und wir kommen jetzt zu. Hat jetzt irgendjemand außer ich noch Quickshots aufgeschrieben oder sich nachdenkt? Ich habe ein paar überlegt. Weil ich habe eigentlich 2, die auf den Mike bezogen sind, gemacht. Alright, dann fang du mal an. Also Mike, weißt du, um was es bei Quickshots geht? Nein, natürlich nicht. Okay, Bitte gut, dann erklär's mir. erkläre ich dir, um was es bei Quickshots geht. Es sind Danke. Fragen, es sind entweder oder Fragen. Und du kannst sie nicht beantworten mit ja, es ist beides cool. Also du kannst sie beantworten mit ja, es ist beides cool, aber ich wollte am Schluss eine Antwort haben. Ja. Du musst dich entscheiden dafür. Das ist gut, ja. Drum fangen wir jetzt einfach mal ganz easy an mit Metal oder Punk. Punk. Ich habe gewusst, dass das ist sagen. Weil ich bin halt schon mehr der Hardcore-Dude und Hardcore kommt halt vom Punk. Das Drum geht mir Punk. eben gleich. Metal oder Punk, wenn ich mich entscheiden müsste. Punk. Punk, all the way. Ricky? Alright. Metal. Ja, Fuck logisch. Punk. Da kommt der Latino wieder hinführen. Ja, ist einfach. Hey Slayer, komm du Brasil! Ja, Mann. Nein, ich kann mit Punk nie etwas anfangen. Nur Ramones habe ich gerne gehabt. Weißt du, das ist das Ding. Er kann mit Punk nicht anfangen, aber er ist ein Fresh-Metaler. Ja, Macht keinen Sinn. Nein. Macht keinen Sinn. Das macht einfach absolut null Sinn. Gut, easy. Und dann, Ricky, hast du gerade noch einen, den du noch schnell Ja, bringen zwischen also dir? European Hardcore oder American Hardcore? Ah, fuck, das ist schwer. Das ist brutal. Das ist brutal. Was sind so die besten European Hardcore Bands? Es gibt das schon. Okay, ich habe meine Antwort. Sag mal, so 2 Bands oder so von jedem zum wissen. Also meine most all-time favorite Hardcore-Band ist halt Terror. Und die sind von? Amerika. Aha. Wer ist die zweite? Meine zweitliebste Hardcore-Band. Das ist schwierig zu sagen. Das ist fucking schwierig zu sagen. By the way, kannst du mir so schnell erklären, wie du den Longsleeve angekommen bist? Das ist von, ja. Das weißt du nur, wie du dabei gewesen bist. Ja, ich weiß, aber ich wollte gleich, dass du es erzählst jetzt. Also, Ein bisschen Pause darfst. ich will aber nicht pausen. Ja, das ist das. Warum fragst du den Umi nie, ob er Versis bucht? He? Ja, weil einfach ein Versus scheiße ist und ich nicht will den Umi mit dem nerven.
Aber nein, es geht hier nicht um das. Es geht mehr darum, dass du den einfach von Malevolence geschenkt bekommen hast. Ja, weil... Ja. Wieso? Keine Ahnung, wieso. Weil der Merch-Guy irgendwie gemerkt hat, also gewusst hat von Bildern oder so, dass ich ein mega guter Kollege von Janik bin. Und dann hat er gefunden, ja, sagst du mir Janik einen Gruß, da hast du ein langes Leben. Das ist fucking insane, Alter. Geil, Alter. Das ist einfach insane. Sorry, dass ich dich gerade in diese Situation gebracht habe. Ja, es ist voll okay. Braggen. Aber die Story ist einfach fucking gut. Ja. Cool. Nice. Aber jetzt eben... Ja, genau. American oder European Hardcore. Es gibt auch fucking gute European Hardcore Bands. Welche? Ich weiß aber nicht. Sind die Nuts von Europa? Nasty Australien. zum Beispiel. Okay. Kind of European. Das Problem ist, Nein, aber ich will sagen europäische American. Ich will sagen American. Okay. Mir fällt gerade kein europäischer ein, Alter, außer Malevolence. Nasty. Ja, aber Nasty finde ich nicht so cool. Ich kann Das ist nicht. schon sick, Alter. Ja, sind schon What sehr. the fuck? Ja, sind schon sehr, aber das ist nicht so meine Musik. Ja, aber dann ist okay. Das haben wir ja schon diskutiert, als Ja. wir sie gesehen haben. ja, voll. Okay. Nein, aber Alter, ich will sagen American Hardcore, ja. Alright. Mein Problem ist, meine all-time-favorite Hard-C-Band ist Comeback Kid und ich komme aus Kanada. Also von dem her ist es das. Ja, okay. Aber jetzt, mir fällt gerade literally keine europäische HC-Band ein. Voll. Du bist ein HC-Mensch. Was gibt es überhaupt in Europa? Ja, ich bin auch der HC-Mensch, aber es fällt mir... Wie Get the Shot kommt auch aus Kanada. Also es sind schon 2 europäische HC-Bands cancelled worden. Vor längerer Zeit. Ja, Heart in Hand und Dings. Wie haben es geheißen? Die so Animal Liberation Zeugs gemacht haben. Dings, Wolfdown. Ja, Wolfdown. Noch nie Ja, von denen fair. gehört. Alter. Die sind aber alle als Bands, also ihre Musik ist richtig sexy von beiden. Aber es sind halt beide cancelled worden, gibt es Ich jetzt mein- beide nicht mehr. Wenn mir fragst, wegen Hard... Ist John Coffey HC? Nein, ich will nicht sagen. Weißt- Ja, aber was ist denn? Es ist ja kein Punk. Nein. Weißt du, wenn europäische Hardcore-Bands sagst, das Einzige, was mir auffällt, ist Insanity 61 und einfach die Locals einfach. Ja, die, aber es gibt so viel, weil ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich so über 8 Millionen... Valetudo gibt es auch. Ja, Valetudo, ja. Hardcore Heavyweights, ja. Das sind Hardcore Ja. Heavyweights. Genau, Hardcore-Legende. Ich kenne etwa 1000 HC-Bands, aber Es gibt aus sicher so Europa fällt mir deutsche... gerade einfach keine ein. Franzosen sind sicher auch Hardcore. Deutsche, ja, es gibt über 8 Millionen deutsche HC-Bands. Ah. Da, Ah, Born wir- from Pain. Ich habe noch nie gehört. Das ist assig. Ja. Was gibt's überhaupt? Die Deutsche, sorry, die Deutsche. Oh, ja. Also es gibt sicher viel. Ich meine, es gibt hure viel Jetzt von hast du denen. vorher gesagt, Punk, und ich habe gerade noch mal einen erfunden. Es gibt hure viel von denen. Ich habe gerade noch mal einen erfunden, Mike, im Quickshot. Was Bist für du ready eine? dafür? Ja. Okay, du hast ja vorhin gesagt, anstatt bei Metal oder Punk, hast du gesagt Punk. Ja. Jetzt, britische oder deutsche Punk-Szene. Britisch. Echt? Ja. Echt? Ja. Okay. Wer ist so der große So. Brite, also außer Ramones? Und Es ist eben, seit Ramones ist aus Britannien gar nicht mehr gekommen. nein, was Aber- gibt's sonst? Ramones ist halt einfach so... Aber die deutsche Punk-Szene ist so lebendig. Alter. Ja, das ist es so, ja. Schau, Für mich sind es die Deutschen, Schau, ganz ich sicher. kann Das ist die interessanteste Musikszene, was Schau, ich habe zum letzten Mal, Ja. I Wanna Be Sedated vor 15 Jahren gehört und ich habe den Chord immer noch im Kopf. Blackout Problems. Ah, das ist kein... Nein, ich meine Blackout Problems. Ich meine, nein, nicht Blackout Problems. Aber die heißen auch so ähnlich. Ja, ist egal. Alright. Ich habe einen Quickshot für den Ricky. Okay. Oldschool oder New School Trash? Uff. Oh, das ist heavy. Shit. Das ist heavy. Fuck, weil du hast einerseits hast du die neuen Sachen mit Evil und Dings Havoc, die richtig hässlich sind. Einerseits hast du Dings, wie heisst nochmal die, wo Lazarus AD, wo eins Album rausgekommen ist, einfach weggegangen sind, so ficken. Einerseits hast du Andrews Apatry da. Oh, fuck. Und sonst, das wäre so New School. Municipal Waste. Fuck. Old School, Exodus, Death Angel, Testament. Creator. Habe ich nie wirklich viel gehört. Nicht? Da muss ich sagen, Creator ist, wenn ich sage, meine Lieblings-Thrash-Metal-Band Old School, dann wäre es definitiv Exodus. Mit Blacklist zum Und New Beispiel. School? So Bands wie, also mit Blacklist sind sie Sorry, 2005 oder kurz so. Zwischenfrage. Hast du schon mal etwas von Slayer gehört? Ich bin nicht so ein Fan. Okay. Ja, also Okay, ich meine, wenn ich, weißt ich höre nicht so Poser-Thrash, Bruder, weißt du? Ich kann Sorry, gell? deep in the veins, Bro. Ein fairer Punkt, Alter. Weißt? Nein, also ich meine natürlich kennst du und so, aber natürlich Anthrax und so ist auch cool. Aber ganz ehrlich, ich finde Anthrax viel besser mit dem John Bush als mit dem Belladonna. Keine Ahnung, das hat mir hat auch schon mal einer gesagt, Silvan, du findest halt Anthrax scheiße, du findest einfach den Belladonna nicht gut. Ja. ja. Weil ich kann dir ja gezeigt. Stimmt, ja, das bist auch Storm du gewesen. 442 Ja. und die anderen Dings.
Der Song, wo Keanu Reeves einfach plötzlich vorkommt. Ja, stimmt. Ich muss sagen, New School, ja schon. Ich meine, die Bands, die ab 2010 rausgekommen sind. Also schon noch etwas, um das Argument einfach beerdigen. Ja. Power Trip. Fucking Power Trip, Alter. So sick. Aber ist das Thrash? Schon, ja. Ja, es ist schon in der Das ist schon eher Trash, ja. Ja, schon. Oh, jetzt habe ich gerade nochmal einen Quickshot für den Ricky. Kennst du Black Breath? Jetzt habe ich, Sag mir etwas. Bruder, die Black Breath ist so hässige Musik, aber das ist ja Crust. Keine Ahnung, was weiß Crust nicht, was, aber es ist hässig. einfach hässig. Das ist auch hässig. Ricky, ich habe einen ganz gemeinen Quickshot. Okay. Ich habe 2 von meinen Bands produced. Ja. Auffallen, das war's. Okay, dann muss ich schon sagen, bei Anfahrt habe ich nachher mehr Erfahrung gehabt beim Producen. Heisst am Schluss für mich, wenn ich müsste zurückhören, ich höre gerne was, aber dort bin ich noch recht frisch als Producer gewesen. Ja. Und bei Anfahrt habe ich mehr Entwicklung sehen. Weil bei Anfahrt habe ich 2 EPs und ein paar Singles aufgenommen. Ja, Und dann kann ich den Progress hören, wenn ich Anfahrt-Song höre. voll. Das finde ich schon sehr cool. Bei Swas habe ich nur ein EP gemacht. Und wenn ich heute einen Remix machen von der ganzen EP, dann vielleicht mache ich es for fun. Vielleicht kann ich die Fall Das singen. wäre noch witzig, Das ja? ist schon cool, ja. Gut. Voll. Ich habe einen Quickshot für dich. Oh shit. Ich habe Angst. Nein, es ist mega dämlich. Ja, ist gut leise. Es ist ein Insider. Ist egal. E-Mail oder Teflon? Geh mal all the way, Mann. Ja. Es geht um Pfanne. Fahr eigentlich auch mein Velo. Nein, es geht um Pfanne. Der Silvan hat mir letztens ein YouTube-Video geschickt, so ein Doku-Video über E-Mail-Pfanne. Und ich habe es einfach ganz angeschaut. Ich habe wieder eine neue Pfanne Mit 12 kaufen. Minuten oder so. Ich kann eine neue Pfanne aber kaufen. Ich ganz muss mich ehrlich, informieren. Leute, die einfach mega random Videos über irgendwie, wie reparierst du das Kabel dort und so, sind Engel, Alter. Wenn du mega spezifische Sachen suchst und einfach Es gibt hure spezifische schaust Videos. einen Dude Ja. von Russland, der irgendwie mit Untertiteln kannst irgendwie verstehen, was er meint, wie du die Waschmaschine kannst flicken. Ja, das ist crazy. Aber ja. E-Mail oder Teflon, aber sorry, der ist easy. Voll. E-Mail, all the way. Hey, aber wir sind am Ausarten. Egal, ich glaub- habe jetzt den letzten Quickshot für Alright. den Mike. Alright. Jetzt, der ist wichtig, Mike. Bier oder Bike? Das Der wird gehört die brechen. beides zusammen. Also ich weiss, was im Endeffekt unsere Antwort wird sein, aber sie wird lang dauern. Es ist schwierig, Alter. Der Ricky zählt auf 3, wir sagen es einfach. Nein, Wir machen die Zwei. Diskussion jetzt nicht durch. 3, Mach nochmal. 1, 3. Bike. ja, Bike. Das ist Bike. Bike. Es ist Bike, ja. Also, ich meine, klar, nach dem Bike nehmen wir ein Bier, aber Bike. Aber das Biken ohne Bier geht. Ja, Aber Bier ohne Biken geht einfach nicht. Nein. Wie tust du einen Hügel rauffahren und nicht kotzen, wenn du Bier gesoffen hast? Nein, es geht du nachher. trinkst ja nicht vorher, du trinkst Es geht nachher. ja nicht darum, dass man es gleichzeitig macht. Es geht nur so darum. Ich habe gemeint, dort, wo du tust das Wasser rein tust, einfach das Bier. Nein. Es geht mehr darum, wenn du müsstest auf etwas verzichten in deinem Leben, wäre es Aha. Bier oder das Bike. Und ich würde ganz sicher einfach sowas von, wenn ich die Entscheidung. Aufs es würde Bier lang- verzichten, es würde Alter. Nein, es wäre gar nicht so lange Diskussion. Nein, Ich aber weiss ich will sowas- sofort aufs Bier Wenn verzichten, wenn ich irgendeiner müsste mich wählen. fragen, sorry Bro, entweder Straight Edge oder Biken, nie mehr Biken, würde ich einfach, ich wäre Straight Edge. So etwas Ich von, ja. könnte gerade vegan Absolut. Straight Edge Ich bin Hardcore jetzt auch Band seit gründen. etwa 4 Monaten hauptsächlich alkoholfrei am Trinken. Das stimmt, er hat uns heute abgefühlt, dass wir so dumme Sachen sagen. Ja, voll. absolut. Das Ja. ist Wenn wir extra cancelled Absicht. werden, Ja. wer? Voll. Richtig. Aber ja, ich glaube, Alter, wir sind schon zu That's it, oder? aber wie ihr könnt hören, wir könnten noch 2-3 weitere Stunden reden. Es wird Wahrscheinlich noch sicher noch, länger. ja, also das ist eine Family-Episode, das kommt wieder irgendwann. Stimmt. Das ist unsere 10. Episode mit unseren Außenreporter, nicht Außenreporter, Außenkorrespondent. Außenkorrespondent Mike. Ja, merci, dass ihr gelost habt. Wie gesagt, unsere Pilotfolge werden wir auch releasen. Ich würde sagen, das kommt am Freitag. Am Dienstag hört ihr Pilot Part 1 und am nächsten Freitag hört ihr Pilot Part 2. Und dann hört ihr nie mehr etwas von uns, weil wir gecancelt worden sind. Genau. Doch, vielleicht Interviews von meinem Prevail-Konzert kommen noch. Das müssen wir auch mal reacten, stimmt. Voll. Weil unser Außenkorrespondent hat sich seinen Job sehr ernst genommen bei meinem Privatkonzert und hat einfach irgendwie 5 Interviews geführt und Ja. der eine ist sogar 10 Minuten lang. Ja. Und ich habe bis jetzt nur 2 gelost, aber da kann man sicher schön Das ist reacten. fucking funny. Wir haben vor allem jetzt viel zu lange geschnurrt, um die jetzt noch in die Folge reinzuschneiden. Vor allem, Darum, wir müssen auch über Veranstaltungen reden, das bin ich sehr interessiert, als auch persönlich. Also ich würde gerne wissen, wie das im Hintergrund funktioniert. Aber ja, in dem Fall, ihr werdet sicher noch mehr hören von Mike und von uns.
Sowieso. Außer wir werden cancelled. Dann nicht. Mhm. Und unsere nächste Folge wird sehr speziell. Wieso? 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 Weil es wird wahrscheinlich die erste Room Invaders Episode sein. Ja, stimmt. Eben. Wir gehen zu. Noch nicht, genau. Ciao zusammen. Nein, aber... Ja, ciao, peace. Ciao zusammen. Wir sind schlecht im Tschüss sagen, Voll, darum voll. verpissen Ciao. wir jetzt einfach. Ciao. Peace zusammen, ciao. Ciao, 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 tschüss. Ficken euch, Macht's gut, wir tschüssi. sind normal.